Liebe Gott, war mit tot, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein scheint's mir weh. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als heut. Jesus, Freunde, ausgesteckt ist, da gibt's Wendeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freunde, ausgesteckt ist, da gibt's Wendeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Drei, sechs, sieben, was küsst die Hände, das wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spül für euch die 16er Boot. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Werner Scham. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrabombe hinten rein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Trommel und Grieß euch, was küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spül für euch die 16er Boot. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie eure Ohren aufsperrt, dann hört so manche Wiener Terz ein Klang so wie er nur in Wiener tönt. Und mancher Text, der geht ins Knie, so dass man's Herzl Bomben spielt. Weil's Wiener Lied, das Wiener Herz verwöhnt. Drum leid und grüß euch, servus, küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spül für euch die 16er Boot. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Boten sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe die Ehre, grüß euch. Grüß euch, servus, küsst die Hände und habe die Ehre, da aus dem wunderschönen Bad Schönau in der buckligen Welt. So schaut's aus. Patrick, willkommen in der Klause. Ich freue mich sehr, heute bei dir Gast sein zu dürfen wieder. Ich freue mich auch. Wunderbar. Herrlich. Was? Der Tisch ist von mir ein Paradies. Naja, wir haben schon ein bisschen was aufgetischt, weil wir ja quasi gesagt haben, wenn wir schon zusammenkommen, da wollen wir es auch gemütlich haben. Es ist ausgewiesenerweise keine Pavlatschen XL oder gar XXL. Nein, ist es nicht. Sondern es ist ein Pavlatschen, wir schauen einmal, was passiert. Genau so ist es. So ungefähr. Und ich freue mich wahnsinnig, wie viele Leute schon da sind. Raphael Illmeier, ihr seid auch wieder dabei. Aus Galas der Steiermark, der Christoph Acker, Servus, grüß dich Gott. Marco B., jawohl. Yes. Die Zahratzka-Banda ebenfalls vertreten. Marvi Hof, gut, von drüben um. Ne? Man sieht ja quasi um. Man sieht ja um. Lord Glaubermoor. Lord Glaubermoor ist ganz wichtig heute. Ganz wichtig. Der Ulrich Matthias Mariacher. Wow. Ein Wahnsinn. Roman Steurer, meine Eltern. Jetzt muss ich niesen. Ich muss niesen. Was mache ich jetzt da? Na, dann niest Was du, mache ich du jetzt da? dumme, nicht daher. Jetzt muss ich nicht mehr niesen. Jetzt muss ich nicht mehr niesen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, nicht, würde ich sagen. Das weiß ich nicht, Das aber ist was ganz mache ich, einfach. wenn ich niesen muss? Du liest da um. Ja, Da stört es keinen, weißt du?
Mir auch nicht, da wäre ich nicht duscht von oben bis unten, das ist alles in Ordnung und alles in bester Ordnung da. Maiki, Fritz Status, Christoph Vorwart, jawohl, alles da, was Rang und Namen an. Die Karte, die kann ich auch umschauen. Da kann ich auch umschauen. Ein Stück weiter rechts. Kirchschlag kann ich auch schauen. Katharina Steurer, Christi Gott, abdreht. Andreas Christina. Jawohl, Daniela Schlögel, Johanna Duschel. Alles da. Sören, herrlich, herrlich. Uli Slonek, Straßenhans, Marco Cinelli, Facciamoto, Philipp Zach. Na, Servus. gut, ich kann nicht mehr alles durchschauen. Ich kann nicht mehr alles durch. 301. Das ist ja fast die ganze burgenländische Musikantenwoche. Sozusagen. Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Wahnsinn. Aus der Oberpfalz, der Herr Mandl. Christi. Du, der Rudi Korbes gleich mal vorweg. KXXL, sagst du sicher? Ich hab's gerade gelesen. Rudi. Sicher sind wir nicht. Wir werden sehen. Lord Glaubermoor ist da, Patrick. Ja, Wir kommen zur Rubrik Unbottling. kommen zu einem wichtig. Am permanenten Niesreiz. Das ist schlecht. Das ist, Schier ist das Fall. das ist der scharfe Das kann sein. Speck, den wir Der da haben. Chili-Speck, der scharfe Speck vom Bevor ich Fleisch. öffne, muss ich zuerst das Wasser weg tun. Trinkerwasser. Trinkerwasser. Flur, dann ist er dabei. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Jetzt Der Moment. Raphael meint auch vorher, Patrick ist wieder fit, ja, oder? Ich mein, Ich bin wieder fit, du hast 2 Wochen her. Gott sei Dank, weißt du, da. trinkt wieder wie ein Großer. Unkrautverkehr. Getrunken habe ich damals auch viel, ja. Viel Wasser und so weiter. Ah ja, die Karte die ist ja auf Reha in Althofen, Kärnten. Genau, die Karte ist auf Reha, nicht aus Kirchschlag. Das bedeutet aber, weil das ist quasi meine angeheiratete Nichte, so sagt man. Ja, genau. So sagt man. Ist sie. Und derer, weil es auf Reha ist, derer schickt bitte ein rotes Achtel. Eine Orge, einen roten Achtel für die Karte, dass schnell wieder gesund wird. Das hat sie sich verdient. Das passt, Absolut. Sie gibt gar kein das falsche Leiberl, wollte mich noch Ah ja, umziehen. stimmt. Ich wollte mich noch Kannst du umziehen. umziehen gehen? Jetzt habe ich jetzt gefragt, nein, jetzt, Du geh ich kannst nicht. umziehen Jetzt habe ich ja wichtige Dings da. Ja, aber du kannst natürlich jederzeit umsetzen. Mavi schaut eben in Feldstecher um. Tom W., jawohl. Der Jawohl, Gerald Spörk jawohl. ist auch dabei. Gut, Patrick, Yes. walte deines Amtes. Ich warte meines Amtes, Lord Glaubermoor, einen Most aus der Steiermark. Ich bin begeistert. Ich freue mich schon, ein Birnenmost aus St. Nikolai im Sausaal. Ich freue mich. Ich mache ihm einfach auf. Das gehört dann. Ich Okay. freue mich schon seit Wochen darauf. Jetzt Richtig. eigentlich. Und das ist aber eine außergewöhnliche Geschichte, muss man auch dazu sagen. Ja, genau. Weil trotz allem ist natürlich der Strauchernstl der Winzer Dauertester nach wie vor. Nach wie vor. Und falls der Most uns ausgeht, haben wir eh noch einen Strauchwein auch noch. Aber wir haben gesagt, heute, weil uns das der Lord Glaubermoor zugeschickt hat, haben wir gesagt, nein, das gehört verkostet. Und das passt am besten in die bucklige Welt, der Most. Reiß auf. Ein Bieren. Was für ein Bieren. Bieren? Weißt du, was für Birnensorten du da trinkst? Wahrscheinlich nicht, das werden zu viel sein. Vermute ich einmal, gell? Ups. Ich habe Niesreiz. Ich habe Niesreiz Also, noch permanent. immer ein Niesreiz. Na schau. Das ist schier. Geöffnet haben wir schon. Patrick, einmal. Leicht musierend, sieht man. Hat er gesagt? Super. Also hat er uns geschenkt? Super. Hat es geklopft? Nein, da hat es nicht geklopft. Oder? Sicher? Nein. Da hat er geklopft. Oder ist nur irgendwo so weggeflogen? Irgendwo? Ich habe mir eingebildet. Hat geklopft. Dankeschön. Ja, Bitteschön. er hat uns geschrieben, er musiert, aber das macht nichts. Nein, das ist sehr Und gut. das ist ja so. Das ist ja so. Wow, ich freue mich drauf. Gesundheit, mein Lieber. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohle. Gesundheit. Prost, Prost, meine Lieben. Die roten Achtel für die Karte sind eingegangen. Danke euch vielmals. Und jetzt der Danke an den Lord Glaubermoor für diese Beteiligung an der Pavlatschen. Gesundheit. Dann kann man schon trinken, gell? Kann ich leben mit. Ja. Da kann ich gut damit leben. Es ist quasi wie ein fertiger gespritzter, nur mit einem Birnengeschmack. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gut gelungen, klar, glauben wir mal. Einmalig. Danke. Den schaffen wir heute. Einmalig. Christoph Acker wird schon wieder fast frech. Was sagt er? Patrick, bitte nicht vor der Kamera umziehen. Ja, das erspare ich euch. Also, keine Angst, meine Lieben. Der Bruder ist auch da, Thomas Bastleck Thomas ist auch Bastleck, da. jawohl. Du, und der Gerald Spörk war ja so ein großer Tisch, da passt der Jausen drauf. Na, deswegen sind wir herunten. Ursprünglich wollten wir ja oben, nicht, im Atelier aufnehmen. Dann haben wir gesagt, das war so ein kleines Tischchen. Das wogelt auch ein bisschen, aber das ist auf Rollen. Das rollt uns dann davor, dann fliegt uns die Flaschen um und dann. Nein, ist vielleicht recht lustig für euch, aber für uns etwas. Und wir waren gesessen, wirklich direkt vom Ofen. Direkt Das war- vom Da Höllenfeuer. dürfen wir auch nicht vergessen nachlegen.
Dürfen wir nicht vergessen, Dabei geht's noch. Oma. Erinnert geht's uns noch daran, dabei. dass wir den Ofen nachlegen müssen. Ich will noch drehen hier, sonst sehe ich nicht. Ja. Du, ansonsten haben wir unser Jauserl vorbereitet. Wir haben einen Speck. Also, die fleischlichen Gerichte sind alle vom Kirchschlag, vom Fleischhauer dort, der einmalig ist. Einen herrlichen Chili-Speck. Eine Zungenwurst. Die bin ich sehr hakelig auf sowas. Ich esse sowas irrsinnig gern, aber nur wenn es gut ist. Und das ist eine der wenigen. Gut, die Eine schmeckt mir. Weltgeschichte. Ja. Eine Weltgeschichte. Frikandot und ein Honigschinken, ebenfalls vom Fleischhauer. Das Brot ist vom Bäcker aus Kirchschlag. Und das Einzige, was nicht aus der Region ist, ist quasi der Butter. Der ist von Billa. Sprich für ihn. Und ein Appenzeller, der ist aus der Schweiz. Ein Appenzeller. das Auf kann den man- habe ich heute Guster gehabt und mir gedacht, nein, ich nehme keinen regionalen Käse. Man sondern riecht ihn bis Appenzeller. daher. Also, Ja. Ich nicht. obwohl der 1 Meter weg ist, aber man riecht ihn. So, Lord, glaub mal, sind 200 Jahre alte Moostbirnbäume. Ja. Na geil. Weißt du, was für Sorten nicht? Nein, Ja, bei 200 Jahren. wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Schade, aber das schon. Beim Moos, sagt Schöne Andreas Sachen. Christian, dann muss der ein richtiges Maul voll nehmen, dann schmeckt er richtig. Ja, aber der ist also, der zieht nichts zusammen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Schmeckt mir gut, wird vernichtet. Also hat nichts mit den Most-Erinnerungen, die ich in meiner frühesten Kindheit hatte. Das waren zum Teil Sachen, also Ja, aber die waren noch anders. ich habe gute Erinnerungen. Weiß gar nicht, also als Bub habe ich da. Aber ich bin ja aufgewachsen in den Kirchen, nicht? Also, ich bin aufgewachsen in Wien, aber meine Eltern sind aus den Kirchen und alles. Und da ist, das ist die Mostheurigen Gegend. Ne? Hat erst vor ein paar Jahren angefangen, dass das da ein bisschen so mit den edlen Veredeln von diesen Most-Dingen. Und das war wirklich noch wie Also, dass man eine Kind war. geführte Gärung macht, wie beim Wein. Ja, Ja, und dass es ein geklärt Hefezusatz wird da und aussucht und so nicht. Da Ja. gibt es ja auch schon mit Tönen und was weiß ich alles. Ja, dafür. Was im Mostviertel jetzt schon länger ist und das hat jetzt bei uns Das auch geht schon schon seit gefunden. Jahrzehnten, vor 20 Jahren geht das im Mostviertel jetzt Ja, schon. tut schon, ja. Und ich meine, Nein, die machen dann auch reinsortige Most und so. genau, das haben sie jetzt bei uns auch angefangen. Ja, diese, Aber so diese, ein Gemischter, so ein Mischlingsmost, das ist nach wie vor was Ehrliches. Ich stehe drauf. und vor allem, wenn man sich denkt, 200 Jahre alte Most, Birnbaum. Das toll. Aber ich kann mich erinnern, wie ich ganz Kind war, allerdings war das noch in den Kirchen beim Simon Hanse in Mulraum, ein Mostheiriger. Und das war wirklich noch so ein Mostheiriger, das heißt, die haben was ausgesteckt haben die in Kuhstall, also zumindest den einen Teil dort, original ausgerannt, ausgespritzt und Tisch aufgestellt. Da hast du original im Kuhstall. Kuhstall, ne? Ja, heute undenkbar, die Panik kriegen. Was soll da sein? Das ist ein Wahnsinn. Gar nichts. Aber das war damals noch so, wie ich noch damals Kind war. Was ist der Daniel Schlögl? Ein nettes kleines Messer hat's da. Welches meinst du? Meinst du das da? Naja, man muss ja Speck schneiden können. Ja, ne? Johnny Cash hat auch immer schwarz getragen, sagt der Raphael Illmeier. Ja, das stimmt allerdings. Patrick, Ja. heute kommt zahlst Cash. Heute zahle ich Cash. Ja, genau. Da zahle ich Cash. Ei, Brummer, gell. Was sonst denkt, Ich zahle prinzipiell immer Cash. Ja. Ich zahle mit Muscheln. Moment, bald werden wir mit Ringen zahlen und so weiter. Du, der Lord Noch Glauber geht's. mal sagt, das ist eine Mischung aus zwei Moosbirnen. Ja, Wir nennen die eine wellische Birne und die andere die Wöllische und die Druckbirne. Druckbirnen. Oh, das habe ich schon gehört, ja. Habe ich noch nicht gehört, ne? Die Welsche. Wird der Nicht Wölsche sein oder Wölsche. Wölsche? Wellische, schreibt er wellische Birne. Also Die Welsche. Wöllische. Oder die Welsche, dann war es die falsche Birne quasi. Ne? So nach dem Motto. Oder die italienische. Das ist interessant. So wie der Welsche Riesling. Moment Ne? einmal, der Marco Cinelli bringt was Wichtiges auf den Punkt. Was Er bringt schreibt gleich mal ohne Umschweife, Schmattes ist überwiesen. Marco Muss mich Cinelli, sofort erheben. blende gleich, wir haben noch nicht viel gemacht, außer blöd geredet, Bis aber jetzt, ja. ich trage sofort ein, da Schmattes für alle anderen, falls ihr es gleich tun wollt, den Marco Cinelli. Men in Black, sagt der Georg. Jawohl. Du, aber schmeckt mir gut. Schmeckt nach im Lust. Der Rudi Korbe schreibt, da gibt es ein eindeutig zweideutiges Lied beim Birnbaum. Ja. Aber ich kann es nicht. Beim Birnbaum da drunten, beim Steinen am Brunnen. Ja, ja. Weichkeit ist auch dabei. Du, das so eine Spül mal Spüren wir mal was, ja. Aber schenk vielleicht vorher nach, Ach so, hui. dass schon mal was da Dass ist. ja was drinnen ist, heißt. Weil sonst tut mir beim Spülen so schwer.
mit dem Blick aufs leere Glas. Ich hoffe, der Ton passt Was heute. Herrliches. Lautstärke hoffentlich in Ordnung. Wir haben da ein bisschen umgebaut, das Mikrofon ist relativ prominent platziert. Nicht, weil wir uns denken, dass es so schön ist, sondern weil es einfach, glaube ich, soundtechnisch der beste Platz ist. Das darf man halt nicht viel am Tisch abklopfen und so. Nicht? Das ist, Hört man das? jetzt haben wir ein paar Trommelfellschaden wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Das ist gut gedämpft. Gut gedämpft. Das ist ja, der Ständer ist ein Entkopplungsständer. Nicht? Christoph Radau ist auch dabei. April aus dem Mahlzeit, sagt er Dankeschön, aus Aachen. Die Bis jetzt- Krönungsstadt. Bis jetzt habe ich noch nicht viel gegessen. Ne? Das ist, es kommt noch dann. Das stimmt, der Christoph Acker sagt nicht so recht, dann nimmt sie keinen Schluck auf den Marco. Da hast du natürlich recht. Das müssen wir eigentlich schon. Das müssen wir Selbstverständlich. schon. Ich bin so konditioniert, dass wir auf diese Superchat-Einzahlungen, dass wir da immer trinken. Aber wenn natürlich einer so überweist, geht er mir ja besonders. Na, nochmal. was denn? Na, Ja, was so. denn? Marco Cinelli. Marco, sehr zum Sehr Wohle. zum Wohl, danke Auf für die, das. gell? Gesundheit. Ja. Ich durfte ja jahrelang auch guten Most genießen. Ich bin erst vor ein paar Jahren in Zweiviertelzogen, war ja vorher im Wienerwald daheim und da gibt es auch einige Mostbauern mit ein paar Mostschenken dort. Dadurch bin ich mit dem durchaus vertraut, also mit dem Getränk, ja. Ja, es ist bei uns eigentlich also, wie gesagt, ich sowieso, weil, Wienerwald, weil, ja, ja. weil da Industrieviertel war ja nie eine Weingegend, da war, also bis halt, ja, die Thermenregion, ne? Da kann man sagen, so Bist Süden, du, ja, genau. aber eigentlich da so bei mir, da ist, aber ich glaube, das war nicht immer Bieren, das war Bieren und Apfelmus. Bier und Apfelmost, ja, so hast du in Wienerwald und Mostviertel auch so. Ja. Das halt, ne? Aber hauptsächlich Bieren eigentlich, Ja. ursprünglich. Schau, der Markus Pristonik, schau, erstens einmal alle Ton und Bild gut, wunderbar. Das freut uns am meisten. Der Gerald Spörk hat das Mikrofon für einen schieren Doppler gehalten. Nee, aber das war ja. Das war ein Absinthbereiter vielleicht. Jawohl, der Marco Cinelli trinkt auch kurz Treffall. Der Ton ist okay. Und der Markus Pristonik sagt schönen guten Abend zusammen an alle. Pavlacisti! Hätte ich schon wieder fast vergessen. Danke für den Hinweis. Markus Pristonik, I Pavlacisti. Das ist, wer es nicht weiß, das ist die Bezeichnung aller Pavlacisti. Das ist keine Erklärung, aber man weiß das. Jeder, der die Pavlatschen Jetzt weiß jeder nicht. Das belebt, ist ein Pavlacist. Wie ist die Einzahl? Pavlacisto? Pavlacista? Pavlacist? Pavlacista wird die weibliche. Ja, die weibliche Pavlacisto bin ich. Ich bin, nein, gehöft uns Hilft uns ein bisschen. Einzahl von Pavlacisti. Der Pavlacist. Der Pavlacist. Andreas Christian, am Most habe ich als Kind schon statt Milch genossen. Hatten wir immer zu Hause. Nur, du, Andreas, na, da wird mir jetzt das so viel klar. Ja, wir auch. Ganz großartig, ganz großartig. Apropos Andreas Christina, da wird mir so viel klar. Ja, so viel, man sieht es, das Spiegel, Was ist Spiegel? Das Spiegel, das ist schlecht. Das ist eine Werbung. Das ist eine Werbung. Das ist überhaupt keine Werbung, das habe ich Sicher, das holst du eine. Das habe ich von dir Das gekriegt. ist keine Werbung, das Das habe habe ich ich von dir gekriegt. gekriegt. Ja, Das ist herrlich, ich werde das morgen testen, gleich, dass Ja. mir die Brille nicht beschlägt. Ich danke dir ganz herzlich auch in dem. Jetzt ist mir alles klar. Ich werde ab morgen nur mehr klarer sehen, hoffe ich. ja. Ja, aber wirklich, also kann ich an jeden empfehlen, wer es jetzt nicht gesehen hat, ich empfehle, weil das ist ja eben, ja, wir werden nicht gesponsert damit, sondern das ist, Na, gar nicht. man Macht er sieht es nicht, gescheit. Ich glaube, man sieht es nicht. Ja, muss zu, weil das Greenix-Tierchen, Echt? der Andreas Gräser, und zwar das sind Ja. diese Anti-Beschlagstücher und wir haben ja unser einer mit den Brillen, wenn du diese Masken aufsetzen musst, das ist wirklich die Hölle, das rennt sofort da und, ich meine da, man sieht es nicht, vielleicht, Man sieht es gar nicht. na, da nicht, aber da sieht man, das kannst du auch haben, wie du willst, der rennt nicht an. Der rennt nicht an und das ist beim Biller eine Weltgeschichte. Und ja. Daniela Und jetzt habe ich Schlögl kann Patrick das- ganz gegeben. Daniela Schlögl kann das auch bestätigen. Der Patrick ist total glücklich. Aber ich glaube, Lord, mal, er freut sich, dass er uns der Most schmeckt. Das ist Einzahl. Was Franzmann? I Pavlacisti ist nicht Einzahl. Marco Cinelli, Il Pavlacisto. O ist männlich und A ist weiblich. Ja. Weil ich habe dann gelernt, I Pavlacisti sind die Pavlacisti-Ebene. Also das ist Mehrzahl.
Ja, Mafiosi sind die Mehrzahl, Mafioso ist einer, ne? Ja, Mafiosa habe ich noch nie gehört. habe ich auch noch nicht, aber es wird schon weiblich sein. Also der Marco Cinelli ist ein Pavlacisto, währenddessen zum Beispiel Marvihof, also die Vicky, eine Pavlacista ist. Und in jedem Fall ist der Artikel il. Il Pavlacisto, il Pavlacista und Mehrzahl ist i Pavlacisti. Also I. Wenn es die Mehrzahl ist. Ja. Ja. Ich meine, wenn das stimmt. Wir wollen es aber hoffen, wann nicht. Sagen wir einfach, dass es so ist, weil Ja, da haben wir der einfach- Pavlatschen ist, wie es ist. Jetzt spielen wir jetzt einmal was erst. Geht's gehen wir. Ja, warte mal. Was willst du spielen? Fix. Sagen wir es auch. Ich weiß noch nicht. Warte mal. Was? Da, da, da. Ich möchte gern heim zu dir und meine Haberei. Traum jede Nacht von dir und von meinem lieben Stammlokal. Stehen da alten Beisel noch, die gingen mir so, wie an der Wolkenkratzer da, du. Ich bin schon ganz parterre, in San Francisco hast es da und ich find da kein Hoppen mehr. Und so ein Brot Luftballon geht bloß anher zu mir, dass ich was hab von dir weg. Schabadaba. Ich hab die gekriegt, hab die verlassen, du. Da war ich jung und blöd. Daheim ist einer auf der Gasse in Brüssel, soll ich auch. Kennt ich nur heim von da, schau da du in Brüssel, soll ich auch. Kennt ich nur heim von da weg. Das Lied hat der Karl geschrieben, hat er gesagt, da habe ich da erzählt von der großen weiten Welt in dem Lied. Ich bin nicht einmal gescheit nach Burgersdorf gekommen, damals in der Zeit. Wie ich das geschrieben habe. Er war noch nie in Transdanubien drin. Nicht einmal über die Donau das geschafft. Oh, da haben sie eine. Da haben sie eine. Großartige Nummer, Karl, danke. Karl hat ihn auch. Jawohl. Großartige Die nächsten Nummer. Leute uns dann schon mal arbeiten. Die Pavlaciste, Le Pavlaciste. Für Daniela und für die. Ich Pavlaciste, das ist wunderbar, Ja, aber wunderbar. Le Pavlaciste war die Mehrzahl weiblich. Verstehst du? Das ist Le eine komplizierte Sprache. Pavlaciste, das klingt fast französisch da. Nein, nicht. Le Pavlaciste. Le, nicht Le. Also Le. Schau, die Rotnachtel. Die Rotnachtel von einer, ich danke euch vielmals. Jawohl. Ja, so gefällt mir das mit euch. Ich muss gleich einen Schluck von dem... Fatschamoto sagt auch, Schmattes ist auch überwiesen. Also spült's was bitte. Wir haben gerade was gespielt. Spielen wir gleich noch Aber wir was? trinken sofort. Zum Wohle. Das war, Aufpassen bevor wir mit dem gespielt Moos, haben. der fängt schon zum Arbeiten an. Ja, wir müssen uns immer abwechseln dann. Der fängt schon an. Ja, sehr süffig, sehr süffig. Sehr gut. Es rumört bereits. Aber eigentlich der Franz Brandwein bringt es eigentlich her auf den Punkt. Mit ihr Pavlacisten. Ja, aber irgendwie mir hat das halt gefallen. Ich habe das halt nobel gefunden mit dem Italienischen. Jawohl. Rudi Korbetz, Pavlatschen kommt dann aus dem Tschechischen. Das ist richtig. Ja, gut, aber wenn wir jetzt Tschechisch auch noch.
Nein. Steine 07, neue Location. Nein, die Location ist die gleiche. Der Winkel des Raumes hat sich, also die Ecken hat sich geändert. Was heißt, das ist die gleiche? Zu was? Nicht? Halber die Antworten sind das. Na, wieso wollen wir die antworten? Das ist dann die gleiche Location. Wie wann? Na, wie vorher, wir waren ja schon öfters da. Also, ich meine, das ist die gleiche Location. Wir haben in Wiener Ich Studio. muss sagen, das ist die Klause. Nicht? Das musst du schon genau Die erklären. Klaus ist das, wo wir wieder sind, in Botschenau. Buckliger Welt. Genau. Und jetzt kannst du sagen, aber woanders. Na, Muss man andere das wirklich mal. Naja, Das ist ja- die sind ja da Das ist ja Leute. die gleiche Location wie sonst da. Der weiß ja nicht. Ah ja, der Steini weiß das sehr wohl. Der Steini sagt, Steini was? 07, Echt? Er hat den Kölner renoviert. Das Kölner Studio renoviert. Die Morning Show im Zug ist wieder ein wenig abgemildert, Ulrich, ja. Bis Depper, das hat mich heute mitgenommen. Heute ist, seit 6 Wochen habe ich die Morgenshow gemacht, live, jeden Montag bis Freitag. Der Züger Montag bis Freitag, jeden Tag habe ich den Livestream gemacht. Shit Shave Shower, die Morgenshow. Und also 30 Ausgaben lang war es, das war so 6 Wochen eben. Das ist ein Wahnsinn, und heute der erste Montag ohne. Und das hat mich richtig mitgenommen. Ich habe gar nicht gewusst, recht, wie ich da jetzt tun soll. Ich habe mir da so einen Kaffee gemacht, so ein bisschen halbertatschert. Dann habe ich mir absichtlich noch ein bisschen mehr Zeit lassen, weil ich mir gedacht habe, ich muss ja nicht pünktlich irgendwo wie sein. Er hat ja nichts zu tun sonst, ne? Genau. Blödsinn. Kommt eh nur der Patrick, das ist wurscht. Ja? Und ja, aber ich weiß nicht, ob ich nicht da wieder. Ich habe mir schon gedacht, Ich würde es empfehlen, etwas Ähnliches zu machen. naja, die Morgen schon, weißt du, das ist jetzt gar nicht so von der Ding her, sondern einfach dieser Kaffeeplausch mit den Stammgästen. Quasi, Stammgästen, mit der Stammbelegschaft. Das hat sich dann irgendwie schon so ergeben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht da wieder mache. Ja, man wird sehen. Man wird sehen. Spätestens, wann wir voll ins Geschäft wieder kommen, wird es ein bisschen mühsam werden. Da wird es mühsam. Es war jetzt auch mühsam. Nein, ich habe aber schon gedacht, dass er wann es macht. Ich könnte es ja auf 1 Stunde reduzieren. Dass man wirklich sagt, Beinhard maximal 1 Stunde lang quasi Kaffeepause und das halt live. Wie fangst du um 7 Uhr schon an? 7 Uhr bis 8 Uhr oder so. Nein, das ist schier. Du redest schier. Nein, Guten Morgen mit Klaus. ja, das ist kein guter Morgen. Das kann ich mir live vorstellen. Und die Signation wird sein, man sagt, guten Morgen, geh scheißen. Das wird die Signation sein. Nein, furchtbar. Jetzt siehst du, der Steine 07. Ist über dir eine neue Kellerwohnung frei geworden, woher soll ich denn das wissen? Ich habe das sofort bedacht, richtig, wo der Patrick, natürlich, ja. Der ist halt jetzt, seit der Internetstar ist es halt so nicht ein bisschen zum Kopf gestiegen und sagt, das ist die gleiche Location. Das nächste Mal machen wir es dann vom Penthouse und vom Dach. Aber vorsichtig, wir müssen aufsteigen, weil das Dach ist gleich. Weil der Aufstieg endet mäßig heiter, stehst du botschert auf der Leiter. Weißt du? Ja, dann lassen wir das. Spielen wir wieder was, oder? Was spielen wir denn? Na, lass mich mal einen Speck probieren. Isst du einmal einen Speck? Ich habe gerade eine Zungenwurst gegessen. Mit einem Brot. Ich muss sagen, ausgezeichnet. Ja. Der Andreas Christen hat ja gar nichts mitgekriegt. Von der Morgenshow in den letzten 2 Wochen. Von Weil er lauter noch Hageln, Hageln. ja. Ganz klar. War ja ein super Angebot, glaube ich, beim Brennraum ist für die Motorradfahrer, für diese ganzen Screeningsprodukte. Man darf keine ich weiß nicht, wie das ist mit Werbung. Sonst soll man da. Der keine Werbung kann, wenn man was Aber wenn braucht. jemand Reinigungsstücke so. in alle Richtungen braucht, Andreas Christian, aber die meisten, was da sind, Können ja mehr. kennen nicht mehr. Der Christoph Acker, nur Goschert. Schon wieder. Was sagt die Facciamoto, das schafft es nie. Was schafft man nie? Was war das? 7 Uhr ist definitiv keine Uhrzeit für einen Musiker. 7 Uhr ist überhaupt keine Uhrzeit. Ja, Locker. 7 Uhr stehe ich auf. Ja, Also es war bei der Morgenshow. manchmal sogar etwas früher, weil mein Weiberl um 6:45 aufsteht. Ja, das musst du nicht Im auf. Sommer bin ich da meistens dabei. Ja, im Sommer, ja. Muss ich ehrlich Im Sommer bin ich auch früher oft da. Außer der Vorabend ist wirklich, dass meist um 2 oder was ins Bett kommt, dann steht um 7 oder 8 auf. Ja, gebe ich Wann zu. kommt denn uns einer um 20? Momentan
Selten. Ich bin noch nie vor 2 ins Bett, also noch nie um 2. Du, nein, aber das ist, nein, 7 Uhr, also jetzt war der Standard war so, 7 Uhr hat der Wecker geleitet, bin ich auf, entsprechend des Titels meiner Show, Shit Chef Schauer, aber Chef habe ich noch einmal gemacht, nur einmal, Shit Chef, und dann, wobei bei mir ist ja die eigentlich schon Shit Stretch Schauer. Ich mache immer vor dem Duschen gehe, mache immer ein paar Dehnungsübungen. Und ich muss echt sagen, seit ich das mache, täglich, also es ist schon, also tatsächlich fühle ich mich beweglicher. Wo ich beweglicher bin, kann ich nicht sagen. Aber ich fühle mich beweglicher. Ja, und dann ab 8, Viertel 9 bin ich sowas dann beim Computer gesessen und habe dann schon die ersten Postings gemacht und die ersten Vorbereitungen. Also ab 8 kannst du sagen, jetzt mehr plus minus 8 Uhr kommt Tempore. Hat das begonnen. Ja, und dann 2 Stunden schon und dann halt die Nachbereitungen und die Aufbereitung für einen Podcast und so weiter. Also es war dann bis 12. Und das habe ich dann gedacht, bis Depper, das geht gar nicht. Das geht schon eine. Das geht Ich eine. glaube das. Ja, das kostet mir echt, das kostet mir Zeit. Tag, ja. Ich meine, ich bin Komponist. das ist Autor. Ja, Musiker. na, Textautor, ja. Gut, Musiker. Und das war natürlich am Vormittag, okay, hätten wir sonst ja nichts tun, aber ja, man hat ja eben andere Dinge auch noch zu erledigen. Und hoffentlich wieder bald einmal mehr. Einmal mehr, ja. Also es geht. Aber jetzt, wenn man denkt, wenn ich das recht lockerer angehe und sage, naja, ich mache wirklich nur so den Livestream quasi. Ja, also ohne viel Thematik, sondern wirklich nur an, wir trinken einfach gemeinsam einen Morgenkaffee auf eine Stunde lang. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht Zuspruch finden würde. Was meinst du dazu? Das würde mich interessieren. Ja. Heute hat der Patrick schon Star-Allüren, ne, sage ich ja. Keine Angst, meine Lieben. Christoph Acker hat sich einen Sauvignon Blau vom Steininger. Andreas Griesiner sagt, die Aktion ist vorbei seit gestern. Ja. Hat sich gut, das ist Bis nicht genau 28. Februar ging sie. Ja, genau. Jetzt dämmert es mir auch wieder, ja. Die Fatscher Motto sagt nur eine Stunde. Naja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube schon, dass es. Ey, das muss ich diszipliniert durchziehen. Kaffee trinken, kurzes Plauscherl, nach einer Stunde oder dran. Ja. Rodolfo Corbesso meint gerade was. Was für Dehnungsübungen. Naja, Mach eine Sendung fit mit Klaus. Trauergeschichte. das ist eine, Da mache ich aber auch mit. ja, aber das ist Jane Fonda, ne? Die berühmte. Ja, genau. Und Das da, ist ja- ja, genau. Naja, da kann ich euch was sagen. Da kann ich euch was sagen. Mein Lieber. Was haben wir noch da? Das Grüne will mit aber keiner Lieder vom sehen, Igel. glaube ich. Es ist Nein, will keiner sehen, sicher nicht. Also, ja, nicht. einmal weil man sensationsgierig ist. Aber wenn man es dann gesehen hat, dann hört man auf. werden die Zuschauerzahlen. Der Daniela nie Schlegel sinken. hat sich einen grünen mit Lieder vom Nigel. Ist auch gut, den kenne ich. Welcher Nigel? Der Kasnigel oder der andere Nigel? Na, irgendeiner. Das sind ja einer von den Nigels. Irgendeiner aus Berchtesdorf. Ne? Irgendeiner. Bedersdorf. Warum sagt man in Wien Bedersdorf zu Berchtesdorf? Das war interessant. Das habe ich noch nie Hab ich auch hinterfragt. nicht. Aber man sagt in Wien zu Berchtesdorf Bedersdorf. Ja. Und da gibt sogar in der Hochsprache Petersdorf, habe ich schon gehört. Wirklich wahr? Und das Ja. ist Berchtesdorf? Das ist Berchtesdorf, ja. Ach so, dann hat das vielleicht irgendwann nochmal, ist das halt dann betitelt worden. Das habe ich gar nicht gewusst zum Beispiel. war nicht- ja, das ja. ist wirklich jemand. Petersdorf, ja. Ja. Kommt sogar in einem Lied vor. Das war in Petersdorf, wo ich die Liebe fand. Und so, Rudolf Schock hat das gesungen. Also. Und der hat man Petersdorf. Berchtesdorf. Ja, ja. Bist sicher? Ja, ganz sicher. Na nicht, dass ein Petersdorf in, weiß ich nicht, Petersdorf. Petersdorf, Wo bei der Wein so Scheiblenkirche schön oder- hängt und so. Das blüht. Hab ich nicht gewusst. Ja. Die Daniela Schlegel ist frech. Dehnungsübungen sind wahrscheinlich das Ausrutschen am Bartdackerl. Nein, das ist nicht. Das ist mir erst gestern gelungen, nämlich. Ja, aus dem Spandex. Weißt du, wie ich das gesagt habe mit dem Stretch? In dem Moment, wie ich es gesagt habe, habe ich schon im Hinterkopf gehabt, Alter, das hättest du nicht sagen sollen. Da kommt jetzt nur Ja, Blödsinn. das ist- Jawohl. Na gut, die Susanna Fabra ist in Quarantäne, na, da spielen wir natürlich. Die Heiselfrau kommt heute, versprochen. Jawohl. Susanna Fabra, nee, das machen wir. Ist zart, das willst du schon durchdrucken. Das druckst du durch. Das druckst du durch. Momo eben sagt, eine Stunde wäre super. Na schau, wie wäre es mit Panorama TV live am Weinberg am Morgen? Ja, Steine, Das muss man bei mir machen. Das muss ich bei mir da machen. wo ist nur ein Weinberg.
Ja, 5 Minuten zu Fuß. Ja, Weingüter, aber das ist ja gar nicht Berg. Das ist eine Ja, Hügel. wir wüssten nicht von oben. Er schreibt ja Weinberg, ein Weinberg am Morgen. Vom Weinberg am Morgen. Ja, aber wo wüssten da? Kann ich mich hinsetzen im Weingarten dort? Wofür schenkt man Achtel? Ja, schaut's mir zu. In der Früh? Schau dabei so Panorama TV, live schau in vom die Weite Weinberg. des Weinviertels. Ja, Papa, muss ich mal schauen, dass der Schatten von den Windradeln die nicht deppert. Ja, dort es gibt nur so einen Winkel von ca. 60 Grad, aber da ist nichts noch. Also, der Rest rundum hat Der Wein ist aus Senftenberg. Von welchem Nigel steht nicht dabei? Er ist aus Senftenberg, dann ist ein anderer Das Nigel. ist ein anderer Nigel, ja. Bald kommt Klauses Yoga-Show, sagt der Jota. Das ist aber eine Idee. Das sind ja so Figuren, nicht? Der schlafende Hund Katze und so. Das und so. Ne? Und wir könnten ja das herrige Yoga machen. Was weiß ich, zum Beispiel, haben wir jetzt der trinkende Klaus. Der Woche ist einmal 10 Minuten durchgehen. Der trinkende Patrick. Das muss aber 10 Minuten durchgehen. Und? Lockern. Na, das wird ein Geschäftsmodell. Das wird ein Geschäftsmodell. Bitte nur gegen Vorabkasse. Ja, das geht. Ja, da machen wir ein Webinar. Das ist ein Wahnsinn, der Rudi. Was ein Einteiler oder Leiberl oder Turnhosen. Wenn ich jetzt das sage, Das war ein Teil auf vor der Dusche, dass ich das Stretching knockert mache, kriege ich noch mehr blöde Meldungen. Das ist ein Wahnsinn. Ein rosa Legging und ein Stirnbandel, ein Marco B. Ich hätte es nicht sagen sollen. Jetzt hast du das herausgefordert. Man kann nicht, Ja, sprich, Patrick, sprich weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. nein, du hast mich nicht unterbrochen jetzt eigentlich. Also ein rosanes Hosel war schon echt leibend. Der Christoph Wacker. Yoga-Show auf TikTok mit Nolan-Helden. Es wird immer besser. Mir gefallen die Ideen von euch eigentlich. Ja, mal ernsthaft, der Marco Cinelli, weil er meint, der Nigel aus Senftenberg ist im Raum Krems sehr bekannt. Ist ein Edelwinzer. Und da kennt er sicher mein Munkelein. Der Uschi kennt ihn sicher. Weil die kennt sich da aus. Der Super Mario ist dabei. Was ist mit deiner Morgenshow? Fragt der Flur dann. Ist die schon vorbei, Klaus? Ja, klar. Der Florian hat offenbar erst jetzt eingeschaltet. Nein, die war wurde verhaust. schon erklärt. Ja, auf 30 Ausgaben wurde sie begrenzt und deswegen ist schon vorbei. Das war von Haus aus auf 30 Ding, aber wer weiß, vielleicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht trotzdem wieder. So, der Markus Bristronik sagt, dann würde ich auch mit Yoga anfangen. Naja, Markus. Ich würde sagen, wir werden da wirklich arbeiten an seinem Yoga-Programm, Patrick. Und da mache ich gleich Tai Chi auch weiter. Ja, so. Ja, Qigong. Qigong. Ja. Warte mal. Qigong. Funktioniert. Pressglas. Der Most, ich muss schon Sehr ein bisschen süffig. aufpassen, aber Was müssen wir aufpassen? mit dem Most. Wir haben eh noch eine zweite Flasche. Mehr haben wir dann eh nicht. Cuidio. Groß mit Most, der ist in der Hosen, jetzt Prost, können wir dann singen, sonst das. Die Daniela Schlögl sagt, Klaus, ich häkle dir einen rosa Rockerl mit Glitzer. Daniela Schlögl, bitte. Nicht. Oh ja, bitte Daniela, ja. Wann geht die Yogashow los? Wollte mich eh mehr bewegen. Ja, wenn wir eine Yogashow machen, dann wird es sicher eine leibende Geschichte, aber sicher nicht viel Bewegung. Wenn ich ein kekeltes Hosel tragt, trage ich einen kekelten BH. Du tragst einen kegelten BH? Der tut der Most wirklich nicht gut. Das ist ein Theater so. Gefällt mir wieder. Weißt, das ist ein Hitz. Ist ein Hitz. Fasching ist vorbei, aber Der Florian war eh dabei und er hat auch nicht geraucht dazwischen. Ja, sag einmal, Florian. So, apropos eine rauchen müssen wir, wenn wir nachher auch eine anziehen, einmal zwischen. Prost, Qigong. Jota, Prost, Qigong. Ja, ich meine, ich hau noch mal eine, falls sich jemand unsicher ist, wohin mit seinem vielen Geld. Ich hau eine, dass es die Möglichkeit gibt, das Geld einfach uns zu geben. Wir werden es ganz versprochen. Wir werden jeden Cent, den wir bekommen, ausgesprochen gewissenhaft verwenden. Unter anderem in regionale Produkte Genau. investieren. Ne? Auch.
aber vor allem natürlich, das muss man sagen, für die Verbreitung der Kultur. Und Für den Abgleich der Sozialversicherungsrückstände. das ist auch eine Möglichkeit. Das ist auch, jetzt aber. SVA fordert den Obolus ein, bald wieder, das März. Also die SVS heißt sie. SVS, ja. SVS, das ist der. Ich bin ja nicht bei Elga, ich bin ja bei Elga bin ich ja angemeldet. Das damals, weil die Ärzte haben ja auch geraten, sich abzumelden, wie das gekommen ist. Und dann hat es aber geheißen, gibt es aber keine Nachteile, aber jetzt kriegt man auch keinen Test, wenn man angemeldet ist. Oh, da kannst du schon, musst dann zahlen. Oder wie? Nein, du kriegst, kaufen kann ich mir immer an, nicht? Aber gibt ja den Gratis-Test, aber jetzt ja nicht, weil ich so bei Elga bin, wo man keine Nachteile hat. Also weil man nicht bei Elga ist, ja, wurscht. Reden wir von schönen Dingen. So, wo spielen wir? Machen wir gleich die Heiselfrau. Ja, machen wir die Heidelfrau, da bin ich Für die Susanne Faber, die Heiselfrau, Ja, machen wir für die Quarantäne. Auf dass die Quarantäne gut durchstehst. Da mache ich einen Wechsel. Mach einen Wechsel. Wir sind ja heute, das Thema ist ja heute irgendwie Wienerlied hinterm Semmering. Ja? Hinterm Semmering, ja. Nachdem hinterm Semmering auch die Steiermark beginnt und dieses wunderschöne Instrument, das ich da habe, in der Steiermark produziert wurde. Der Lord glaubt mir, muss ich jetzt auch sagen. Also normal schadet mein Most nicht, ist ja geschönt und geschwefelt wie Wein. Also das muss die Jause sein. Ja, Das ist ja ein Poet, das ist ja ein Poet fast. Das kann ja nicht die halbe Flaschen rum gewesen sein, was du vorher gesoffen hast. Das ist wirklich. Glaube ich nicht. Es ist ein Rumeur, ja, trotzdem. Bist du eingerichtet? Ich bin eingerichtet, ja. Sie kennt alle, die jeweils am Friedhof dort wohnen. Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein. Bei der Zenze hört man gerne. Meine Schatzel ist eine Heiselfrau am Friedhof in Stadtloch. Die Handschuhe gelb, das Schirm so blau. Mit Zinse, ja, mit Zinse, aus Stadtloch. Sie kennt alle die Mittel, das im Fernsehen bewerben. Duftende Hakle und Co. sie uns gern. Fröhlich tut sie die Heisel putzen, weil man will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein. Ja, bitte Zenze, hört man gerne. Auf geht's, Reisung! Meine Schatzel ist eine Heiselfrau am Friedhof in Stadtloch. Die Handschuhe gelb, das Schirm so blau. Mit Zinse, ja, mit Zinse, aus Stadtloch. Die Hände in die Höhe. Jawohl. Na, ich wollte auch nachsitzen. Du, wir haben heute, ich habe das in Patrick vorher kurz gesagt, aber das ist, was das bringen wir ganz leicht zusammen. Patrick, das müssen wir jetzt machen. Nimm dir die wienerische. Ich habe nämlich gefunden, da so Kreuzerzählchen, hat man früher gesagt, oder Groschenzetteln. Das waren Eine Volksausgabe quasi. wie ja, man quasi, gesagt hat, ja. das waren so Zetteln. Nicht? Da hast du dann Noten und Text gehabt. So. Und hinten meistens eine Werbung oder halt für andere Dinge. Und es ist in dem Fall Lieder, die das Herz erfreuen, beziehungsweise aus der unteren Lade. Und das habe ich gefunden. Und da habe ich zum Patrick gesagt, das müssen wir spielen jetzt, weil das Lied heißt Alle drei.
ist von Ferre Wunsch und Bolde Müller, die haben ein paar so Lieder geschrieben. Und das ist so ein, ja, es steht dabei, unter teilweiser Benutzung einer alten Volksweise. Das ist so ein altes, so ein Lied, so ein halbseidenes, nicht? Aus der Unterwelt, mehr oder Kann man weniger. sagen, ja. Der Wolfgang Böck mit Adi Hirschall. Hat's auch gesungen, ja. Die haben Die um auch die Kassen, die sind unter dem Titel auftreten. Oder? Strizellieder. Stritzellieder so. Ja, ja. Und die haben das auch gebracht. Und wir haben das. Und deswegen ist es jetzt das Lied selber, ja, ist einfach eine nette Geschichte. Aber das Leibende ist, dieses Lied haben wir gespielt vor 25 Jahren, also am Anfang unserer Eine Karriere. unserer ersten Stücke war das gemeinsam. Und weil der Text ein bisschen, es ist halt schwierig, ein schwieriger Text. Und da habe ich mir damals auf der Gitarre, daher, mit Post-it, so alte Post-it-Zetteln, die haben wir dann da so aufgepickt, da beim Spielen, so gespielt. Zusätzlich noch mit Scotch Magic. Ja genau, Scotch Magic, das habe ich noch gehabt vom Geometrie zeichnen. Und da habe ich das so gehabt und dann habe ich mir so geschaut, so, oben, und da habe ich einen Text gehabt. Und jetzt habe ich heute das gefunden und gesagt, das müssen wir spielen. Alle drei, das müssen wir spielen. Ja, hoffentlich die gleiche Tonart, aber schauen wir mal. Ja, Gustav, jetzt bringe ich 3 Akkorde. Gustav Amol D7. Das ist ein Rudi sagt, alle drei ist eine super Nummer. Der Roy 3 da, jawohl. Wer von euch ist die 10, wem soll man da was reinhauen? Christoph Acker, ich du sofort einblenden. Selbstverständlich. Okay, also alle drei, wie gesagt, unter Verwendung einer alten Volksweise, also das ist. Wir können noch über den Text reden, aber jetzt schauen wir mal, was hinbringen. Schauen wir es auch. Hast du Vorspiel? Und die Neberfahne und die Jodenhahne und die Zitronenrese, alle drei, die sind in Stunden gegangen und wo in einen Kogel gefangen, dabei sind sie müde gegangen, alle drei. Die sind in Stunden gegangen und wo in einen Kogel gefangen, dabei sind sie müde gegangen, alle drei. Jawohl! Und der Stravanzer Hansi und der Granoten Franzi und der Schillewickel, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wo in ein Hasel fangen, dabei sind sie Neger gegangen, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wo in ein Hasel fangen, dabei sind sie Neger gegangen, alle drei. Das gefällt mir das Zwischenspiel. Und der Grammatanzer Schane und die Togotenane und der Rinnegel, alle drei. Die sind zum Higler gegangen und wollen einen Gott empfangen. Dabei sind sie mehr gegangen, alle drei. Die sind zum Higler gegangen und wollen einen Gott empfangen. Dabei sind sie mehr gegangen, alle drei. Und der Krawattentone und die Hefenfrone und der Spinatferl, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Moser weggenommen, dann sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Moser weggenommen, dann sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Okay.
Wahnsinn. Wie wenn wir es seit Jahrzehnten spielen würden. Aber so haben wir es nie gespielt. So haben wir das nie gespielt. Also, wer lebt doch nicht. Aber das ist ja absolut leid. Absolut. Das sind halt 26 Großartig. Jahre gemeinsame musikalische Erfahrung. Ja. Nein, das ist ja. Das war Euch gefällt es auch offenbar. Nicht ja, nur uns. noch. Es ist übrigens allein die Nummer eigentlich. Wenn man sagt, Superdate ohne Proben, Respekt, Christoph Acker, danke. Ja, man muss jetzt sagen, musikalisch ist es jetzt wirklich es ist relativ einfach und wir kennen die Nummer ja von früher. Ja. Und es sind jetzt 3 Akkorde, also es ist jetzt nicht so ein. Die Melodie ist auch nicht sonderlich schwer, aber Aber wir haben es weder zweistimmig gemacht, noch haben wir das Zwischenspiel, Nein, das haben wir jeweils. ja, damals überhaupt nicht gesungen. oder? Zwischenspielerei. Das ist Das habe ich allein gesungen, ja, irgendwie halt dazu. das Zwischenspiel ist neu gewesen, Ich ja. habe mich immer konzentriert auf schon. Na geil. Na ist das leider. Die roten Achteln von einer, ich Sehr danke schön. euch vielmals. Ich muss sofort nachschenken, weil es Ich ist. schenke noch. Du, hoppala. Das ist schon warm, sehr, gell? Beim Most probieren. Die falsche Motto sage ich, das verstehen die meisten ja gar nicht mehr. Ja, das ist ja auch fast gar nicht zu verstehen. 50% habe ich verstanden, circa, Christopher da. Ja, aber ich muss euch ehrlich sagen, da sind Ja, so sicher ein paar 50 Sachen, die verstehe ich auch nicht. Ein paar Sachen sind dabei, die. Gehen wir es durch? Gehen wir es Gehen wir's durch, das Gehen wir es sicher. durch. Ich meine, wenn wir Sicher gehen wir es Bildungsauftrag. durch. Na, sowieso. Pass auf. Und die Neubaufahne. Das ist einmal relativ einfach. Was ist Neubau? Neubau ist der Siebter- 7. siebter Bezirk jetzt. Also vom damals Neubau, ne? Halt. Von Neubau. Vorort Neubau. Und die Fanny, was ist die Fanny? Franziska, was ist die Fanny? Fanny? Franziska? Nein. Die Fanny, was ist denn die Fanny? Nicht deppert? Fanny. Jetzt schreibt es mir eine. Was ist die Fanny? Das war sicher wer für euch. Ja. Alle 3 der Kirche, Gstieß, Mond, Bagat. Ja, genau. Ja, also die Neubaufahne und die Judenhanni, gut, das war die Hanna, die Jidin, ne? Gut, das war die Judenhanni. Und die Zitronenrese, wir nehmen an, das ist Das eine war die Theresa. blonde Genau. Theresa, ja. Eine blonde. Zitronengelb, blond, ja. Zitronenrese. Also so richtig so hellblonde Theresa oder Theresia oder so, die Zitronenrese. Die sind in den Stadt gegangen, gut, das verstehen wir, haben wollen einen Gogel fangen. Der Gogel, Patrick, das weiß man, ist was? Der Gogel, Ja. der Gockerler, ne? Die Stefanie ist die Fanny. Die Stefanie, Dankeschön. ja, danke. Klar, Fanny, Stefanie. Ja, Fanny, klar, Ja. danke schön. Darum habe ich jetzt so gelesen, aber das habe ich gar nicht gesehen, da habe ich schon wieder abgelegt. Stefanie. Franziska, sagt der Flur dann. Fanny, Stefanie, ist, glaube ich, ja, die Stefanie, ja. Fanny, Franziska, Franziska, Stefanie ist die Fanny, ja. Die Fanny, die Antwort nämlich die Stefanie. Das war die Stefanie, ist die Fanny, ja. Ja. Stimmt, danke vielmals. Ja, auf euch ist Verlass. Ja. Manfred Graf sagt auch, Fanny dann. Fanny ist Ja, Franziska, ja. aber ich glaube auch, dass es eher die Stefanie ist. Straßenland sagt auch Stefanie. Aber es kann aber leicht sein, dass man zu einer Franziska auch Fanny Auch sagt. Fanny gesagt hat, ja, möglich ist ja. Das Aber will sie nicht widersprechen. aber die Stefanie, Stefanie ist die Fanny, ja. die Fanny, ja. Ja. Stefanie Und der Größere Rothschild, war auch Fanny Franziska. Rothschild, ja. So wie die Parkoma, die Franziska, die hat Fanny, Thomas Basler, die hat Fanny geheißen. Also zu der hat man Fanny gesagt, ich weiß nicht, so die Ich mach Parkoma. mal eine Aber die ist gestorben, ich glaube im 79er Jahr. Da war ich 4 Jahre alt. Da weiß ich noch mehr. Und für mich war es die Parkoma. Aber die hat Franziska geheißen, Franziska Steurer, das war die weiß Fanny, ich. ja. Aber die hat Interessant, noch, ja. also wahrscheinlich sagt man sowohl zu Franziska als auch zu Stefanie. Das Fanny. wäre durchaus möglich, Ja. ja. Fanny Elsler hieß auch Franziska. Also ein guter Das ist Hinweis. aber Ja. richtig. Ja, Daniel Schlegel sagt auch Franziska oder Stefanie. Ne, schau. Ja. Wie man Tante Fanny? Die Fanny-Tante vom Flurdan war eine Franziska. Ne, schau, also, aber es wird dann bei beiden stimmen. Also Stefanie und Franziska, ja. Ja. Danke schön. Ganz großartig. Also auf jeden Fall haben wir das einmal heraus. Die Neubau-Fanny. Also in dem Fall eine Franziska oder eine Stefanie aus dem 7. Bezirk. Judenhanni, wie gesagt, das war der. Zitronenrese war die Blonde. Die sind in den Stadt gegangen, haben wollen einen Gogelfanger, hast du gesagt. Ein Verehrer, der was brennt. Der Rudi Korbes hat das sofort richtig geschrieben. Jawohl. Fanny ist Franziska, sagt mein Vater auch. Ja. Weil seine Mutter Franziska war die Fanny. Ja. Aber wie gesagt, das ist sicher auch die Stefanie. Ist der, wird für beide. Ist Weil der sicher für Steine beide 07 gültig. schreibt auch schon, Fanny ist in Bayern auch die Stefanie. Ja. Wird beides sein. Wahrscheinlich. Man lernt nie aus. Das Also ist die das wollten einen Schöne. Aufriss machen in der Stadt. Dabei sind sie Mühle gegangen, alle 3. Und das Mühle gegangen bin ich mir Mühle jetzt nicht weiß ich sicher. Der Rudi Korbes weiß das sicher. Rudi weiß es sicher. Ich meine, wir gingen davon aus, der Plan ist nicht aufgegangen.
so wie die das jetzt einmal übersetzen. Müllige, weiß ich jetzt nicht. was Aber das Mühle heißt, ja. gehen kann ich auch wirklich nicht sagen. Ja. Zweite Strophe, der Stravanzer Hansi, na gut, das war der Hans, der gerne herumgezogen ist um die Wirtshäuser. Und der Granaden Franzi. Na gut, der Franz ist auch klar, aber Granaden kann es viel hassen. Ich könnte mir vorstellen, Granat hat man gesagt zu die Steinen, nicht? Also zu den Diamanten Unter anderem, und ja. zu diesen Edelsteinen hat man Granaten gesagt. Dass das vielleicht also eben so, es würde mich auch zu Strophen passen, wie wir gleich sehen. Und der Gilet-Wickel, der Wickel ist natürlich der Viktor. Und Gilet-Wickel, weiß ich nicht, der hat ein Gilet, der im Zwirn war, im Dreiteiler vielleicht. Der Gilet-Wickel, der immer im Dreiteiler war, könnte sein. Franz Brandwein sagt, Müller-G ist verhaftet werden. Eingefahren Das sind sie ist da eigentlich gut. Meierge. Eingefahren sind sie, das glaube ich am ersten. Ja. Was darum? Weil es dort nicht passen mit verhaftet werden. Weil sie sind in den Staat nicht gegangen und wollten sich halt einen Aufriss machen. Und dabei sind sie eingesperrt worden, das passt nicht vom Ton, vom Inhalt her. Also das war Mülle G. Eingefahren kann Aber schon ich sein. meine, Franz Brandwein wird schon nicht falsch anlegen, man sagt Mülle G. Ja, kann Wird, sein. aber Meier G ist eher, also kenne ich eher als ins Häfen G. Ja. Weißt du, wenn wir die Masken nicht tragen, gehen wir Meier, nicht? Ja, da gehen wir mal. Aber wir sagen also Müller und eingefahren sind sie. Also der. Ja genau. Wickel kann auch Ludwig Kann sein. auch ja, das Ludwig sein, ja. stimmt, ja. Ludwig oder Viktor, ja, stimmt. Der Ludwig Viktor vielleicht, ne? Der Ludwig. Wutzi. Thomas Fabermann, wann tretet ihr auf? Und schade, dass das Kalvarienbergfest nicht stattfindet. Ja, das ist schade, gell? War man immer. Und naja, wann tritt er wieder auf? Das kann ich da nicht sagen. Wieder geschwinde, ja. Der Rudi meint, die Namen Steht da so. Chile oder Chile? Chile, warte mal, schau ich gleich. Chile? Schau ich gleich. Ich glaube Chile, aber ja, Chile. Chilette. G-I und Doppel-T am Okay. Schluss, dann Schlee. Ja, Ludwig und Viktor. Das ist gut, dass wir beieinander sitzen, weil wir reden da mal über Chileser Weste und der Anzugsjacke. Ja, genau, Ja, ja. das wissen wir eh. Aber dass man nach dem geht, ich hätte mir gedacht, dass eben aufgrund dieser Anzugsweste, dass man sagt, das ist der Dreiteiler, nicht? Der immer besonders fest war, der Gilet-Wickel, der immer einen Dreiteiler getragen hat. Der immer Chile auch Nicht? Das gehabt ist hat, ja. so, Und so. am besten mit viel Knopf, nicht? Meier, Müller, einfahren, sagt der Franz Brandwein, ja. Granaten sind eigene Steine. Ah ja, der Granat. Der Granat ist ein eigener Star. Ja. Fatschamotto, na klar. Klar. Das Aber- ist ein eigener Stein. Aber ob das, ja gut, das Ja. kann aber dann. Das ist aber so, also die Tendenz ist uns klar. Die sind zum Stoßen gegangen, haben wohl einen Hasel fangen, dabei sind sie nicht gegangen, alle drei. Also sind zum Stoßen gegangen, das werden auch die meisten wissen, Deutschen vielleicht eher nicht, das Stoß war immer ein Kartenspiel in den Wien, also ein verbotenes Kartenspiel sogar. Das ist ein Kriegsspiel, Ein ein reines Kriegsspiel. Das man in den Hinterzimmern gespielt hat. Das war Stoß. Und haben wohl einen Hasel fangen. Auch so mancher Politiker, Ex-Politiker. Richtig. Hat halt Richtig. auch. Richtig. Der da gefesselt am. Nein, wurscht. Ja. Herrlich. Herrliche Geschichten gibt es da in Wien. Du, und Haselfanger, glaube ich, dass das nämlich ein Begriff aus dem Stoß ist. dem Stoß ist, Das ja. Hasel ist quasi so wie der Joker oder ich weiß nicht, ich kann ja nicht Stoß spielen, aber ich glaube, dass das mit dem was zu tun hat. Ja, Christoph Radau sagt, er lernt noch was. Na klar, wir gehen das durch. Wir gehen das durch, den Text. Franz Brandwein, Richter. Chile ist die Maut, die keiner gegeben hat. Im Gelee ist die Maut, die keiner gegeben hat. Aber ich verstehe nicht. Das ist der Chile-Wickel, der knausrige Wickel vielleicht. Ach so, von dem her. Der Knausrige, ja, das kann natürlich auch sein. Das wird auch passen natürlich. Der Geizige. Ja, kann auch sein. Also ich sag, sie sind zum Stoßen gegangen, haben dort den Hasel gefangen und ich glaube, Hasel ist immer ein Begriff aus dem Stoßspiel. Und
Dabei sind es Neger gegangen, das kennt man. Pleite. Dann pleite gegangen. Was haben wir da? Oder Stoß im Himmel. Nein, das Stoß ist das Spiel. Also das ist sicher, das ist ganz sicher das, weil das war das Unterweltspiel schlechthin. Das, genau, die Fatschermotorscheid, illegales Kartenspiel. Das war wir Stoß spielen. Da können wir dann noch spielen, das Stoß, wo wir Stoß spielen, singen. Irgendwas. Wir waren die ordentlichen Leute, ist das das? Ja, genau. Einen, den sie ausnehmen können. Der Schilewickel ist einer, den man ausnehmen kann. Das ist wieder, aber interessant. Klingt wie ein berauschter Abend beim Udo Bronx. Schau ich schneller von einmalig. So. Dritte Strophe, der Grammatanzer Schani. Gut, der Schani ist der Georg. Nein. Der Schani ist der Hans, der Johann. Der Johann. Johann ist der Schani, ja. Georg ist der Schurli. Der Grammatanzer Schani, aber was ist der Grammatanzer? Weil das ist ein Begriff, den ich oft gehört habe in der Kindheit, in der Jugend auch. Grammatanzer ist mir vollkommen bekannt, aber tatsächlich weiß ich wirklich nicht, was Grammatanzer eigentlich heißt. Und die Dokoden-Nanny, die Nanny, was ist die? Johanna, ne? Wird auch wieder irgend sowas sein? Ja? Dokoden, weiß ich nicht, die auf Gut, keine Ahnung, irgendwas mit Gut, vielleicht hat es Gutzent gehabt. Ja? Na, keine Ahnung. Und der Rinneigel. Der Rinneigel ist klar, der Rinneigel ist der, wo immer die Augengrunner sind. Keiner hat es gegeben, trotzdem ist sie da. Oh Wunder. Franz Brandwein. Ja, so, warte mal. Rinneigel. Die sind zum Hügler gegangen. Gut, der Hügler war ein Juwelier in der Innenstadt. Die sind zum Hügler gegangen, haben wollen einen Godern fangen. Das wird wahrscheinlich, der Godern wird wahrscheinlich ein Star, wieder ein Star sein. Oder ein Ring, ein Schmuckstück. Ja, ein Godern, irgend sowas. Dabei sind sie Meier gegangen. Also wirklich, dabei sind sie dann verhaftet worden. Mein Nanny-Tant war eine Anna. Der Flüder hat lauter Tanten, Gott sei Dank. Das ist gut, das ist gut. Die Anna, die Nanny. Zur Anna. Ja. Das klingt plausibel. Wickel steht für Zuhälter, sagt die falsche Motto. Ja, aber, ach so, der Gelee-Wickel. Naja, aber Wickel, Zuhälter, das habe ich aber noch nie gehört. Das ist aber interessant. Das ist habe ich noch nie gehört, ja. Sehr zum Wohl einmal. Ja, Prost einmal, das ist ein Wahnsinn. Ich bin ja da geistig in einer Ausnahmesituation. Aber gut, ja, die haben wir eigentlich durch. Ne? Die sind zum Higler gegangen, zum Juwelier und wollen einen Godern fangen. Nehmen wir mal an, das war ein Star oder irgendein Schmuckstickel. Dabei sind sie Meier gegangen, als ins Häfen gekommen. Schließlich die Gravotentone, also die Antonia aus Kroatien, die Hefenfroni, die Veronika, die wahrscheinlich öfters im Häfen gesessen ist, oder keine Ahnung, und der Spinatpferdl. Und unter Spinat kenne ich eigentlich nur, dass das Polizisten waren. Ja, der Spinater, wie man früher gesagt hat. Der Spinatwächter. Spinat, genau. Ja. Das heißt, der Spinatpferdl war der Ferdinand, der eigentlich ein Polizist ist. Aber das passt nicht wirklich. Weil die haben im letzten Sommer an die Moos weggenommen. Was sagt man, das Geld weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen. Das ist auch noch klar. Alle drei. Das war jetzt das halt mal. So, der Godern ist der Ring, sagt der Manfred Graf. Sehr leibend, Dankeschön, weil das macht dann Sinn. Auf der rechten Grind ist der Finger, den linken Godern ist der Ring, Blitzen, Link in diesem Sinne illegal. Warte mal, auf die rechten Grind, den linken Godern blitzen. In diesem Sinne illegal. Link ist in diesem Sinne illegal. Ja, ich verstehe. Den linken Godern, den falschen illegalen Ring. Am rechten Finger in linken Godern, den falschen Ring am rechten Finger. Das war gut. Manfred Graf, das ist aber leibend. Taugt das schön? Danke, ja. Jawohl. Grammatanzer dürfte ein Knauserer sein, sagt der Wolfgang Kroatzka. Ja, das nicht passen. Der niedrige Tätigkeiten verrichtet, meinte Daniela Schlögl. Schlewickel war einer der ständigen Charaktere der Satire-Sendung Der Watschenmann. Fatschermotor. Ach gut, den habe ich nicht gesehen, ja? Aber das klingt natürlich auch interessant. Das sagt noch was, Der Watschenmann, diese Sendung. Ja. Aber, ja. Der Rudi Korbis meint wieder, dass wieder so Spitznamen sind. Ja, aber trotzdem, also auch ein Spitzname, der muss ja irgendwo ein
hier, nicht, so ich sag's, der Geschwinde kann man ja leicht sagen. Nicht? Gut, der Geschwinde, das ist halt ein Geschwinder. Nicht? Granatentanz, sagt der Rudi Korb, das gibt es ja auch. Ja. Ja, interessant. Also, wir haben ein paar, aber ihr seht, selbst wir, die in diesem Genre aktiv sind, haben nicht für alles eine Antwort, weil natürlich vieles ja auch nicht mehr wirklich gelebte Musik ist. Also gelebte Sprache. Oder Sprache ist. Ne? Die Sprache hat sich so geändert und wird sich ja immer weiter ändern. Ne? Das ist so. Jetzt muss ich mal was anderes machen. Ein Gramanzer gibt es auch, aber das ist wieder was anderes als der Grammatanzer. Das weiß ich, Georg Scherer. Ja, interessant. Aber was sagst du? Ich finde, das war eine super Geschichte. Ich bin total stolz, dass ich das gefunden habe und dass wir das so leibend gespielt haben. Ja. Ich habe eine riesen Freude gehabt. Da muss man nur den Text lernen, dann haben wir schon ein Repertoire. Aber der Text ist ein Hund. Der Text ist, was ja auch. Ui, ich werde einen kleinen Most bringen nächsten. Weißt du was? Ich bringe ihn. Brauche ich nicht. Dann brauche ich nicht. Sehr leibend. Aber das hat mir jetzt voll taugt. Das hat mir jetzt voll taugt, alle drei. Und du das wirklich mit diesen Post-its-Zetteln. Und ich kann mich erinnern, einmal habe ich es erneuert sogar. Einmal habe ich den runtergerissen, weil der schon so schier war und so eingerissen und schon verwaschen, der Kohle drauf, ich habe nichts mehr lesen können. Ich weiß nicht, wie oft da schon der Wein drauf tropft ist wahrscheinlich. Und Ich kann mich erinnern, ich habe nachher die Gitarre restaurieren müssen. Weil beim Oberreißen von diesem ablösbaren Mixer ist gleich der Schellack mit runtergegangen. Das ist ja so, da muss man durch. Aber das war eine lässige Geschichte. Und das habe ich dann wieder ausgefüllt und wieder aufgepickt, weil es haben wir nicht gemerkt. Da war Das noch soll was man nicht machen. anderes Lied auch noch drauf. Ja, drei Ich kann mich Lieder, aber glaub nicht ich, mehr erinnern, was da noch drauf Aber bei war. anderen waren, also 2, 3 Lieder waren da drauf. Nur die Stichworte, das ist der Wisch. Herr Fritz Status, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Bitte gerne, aber ich meine, viel Erklärung haben wir nicht geben können, Nein. weil das meiste war selber nicht gewusst. Der Manfred Graf sagt, der Watschmann war die Vorgängersendung vom Google Hupfen über 1. Der Watschenmann. Aber da war es sehr klar, Da war ich weil noch ich war zu- noch ein noch viel Kind, zu- da war schon der Google Hupf. War der, ja, schon lange. Was wird war der- geliebt? Ja, Google war bis zum Schluss eigentlich. Daheim gerannt. Was einen Sonntag es zu einem Sonntag macht, das ist der Gugelhupf. Der Gugelhupf. Herrlich. Da will kriege was- ich sofort wieder ein wohliges Gefühl, Sonntagnachmittag. Aber ich erinnere Herbert Brickobat natürlich dabei, Ja. den ich als Kind überhaupt sehr geliebt habe, auch mit seinen Sendungen. Ja. Auch Spaß muss sein. Ja. Herrlich, Da war großartig. ja ein Petit mit Herbert Happy. Herbert Happy Und ich habe mir Brickobat, geglaubt, das heißt wahrscheinlich, weil der Happy, weil er halt doch korpulent war, Happy dass er war gern auch, ja. frisst, aber das war Happy. Hat Genau. das gehabt. Und das habe ich als Kind nicht gecheckt. Der Happy, Herbert Happy Brickobat. Na, der eine frisst, ne? Und dabei ist der Happy. Herbert Brickobat Ganz ein übrigens hat sympathischer Mensch. relativ kurz vor seinem Ableben Ja, hat er eine Messe geschrieben für Schrammelquartett. eine Schrammelmesse geschrieben. Ja. Die wurde in Lied schon uraufgeführt. Richtig. Ist die einzige die einzige Messe für Schrammelquartett, die es gibt. Ich habe es nicht gehört, weil wir damals ja schon, wir haben ja gespielt auf dem Wir haben Festival gespielt auch, ja, genau. und da waren wir schon eingesetzt, also wir haben das nicht, das hätte mich sehr interessiert gehabt. Und ja, das war der Herbert Brickobat. War ja ein Vollblutmusiker. Absolut. In erster Linie eigentlich. Absolut, Das war ja. Der, Korrepetitor, Dirigent da. ja. Also, Was man oft gar nicht, Wahnsinn, diese Wahnsinn, Dinge. ja. Ja, heute bist gescheit. Heute kommt es aus. Sagt doch der Markus Bristonik, heute erfüllt ihr euren Bildungsauftrag. ich schenke dir damit, dass die Bildung nicht zu kurz kommt. Ja, danke schön. Du, und der Harry Schneller sagt, statt dem unnötigen Latein gehört Altwienerisch gelehrt. Ja, aber ich weiß nicht in dem Fall, ob nicht sogar Latein leichter war zum Lernen. Latein ist nicht so schwer. Es ist, Naja, es ist wann ich denke an mein Latein, Sprache, ja. naja, ich habe keine Logik gefunden. Haben sie auch immer gesagt, das ist ja logisch. Sag ich, was ist da logisch? Das ist Scheißdreck. Ich verstehe kein Wort, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich kenne mich nicht aus. Sehr halt sich das. mathematische Sprache, ja. Ja. Also das, was man heute unter Latein versteht. Unnötig. Aber natürlich Also eine würdige Also nicht das Lingua vulgäre Franca. Latein, nicht, aber Ja, das war schon wieder interessant. Ja. Nein, aber natürlich, ich bin ein großer Freund von Latein. Gesundheit. Ja, auch die zweite Flasche in Ordnung. Absolut. Da bin ich jetzt beruhigt. Wir haben uns ja wie gedacht, Leute, glaub mal, wir haben uns ja wie gedacht, was ist, wenn der nicht gut ist, der Most? Was machen wir dann? Dann müssen wir rein aus Höflichkeit 2 Liter Most schicken. Aber
Wir können wirklich ausgesprochen beruhigt sein. Sehr gut. Wirklich sehr gut, sehr schmackhaft. Und das Mussieren, das taugt mir sogar. Also, dass da so ein bisschen Kohlensäure drinnen ist, mir taugt das, weil es macht das wirklich frisch, erfrischend. Wiener Wortgeschichten, Daniel Schlögl. Vom Pflasterhirschen und Winterschwalben von Robert Sedlacek, Rainer Badegruber. Da wird sogar das Lied erwähnt. Naja, Wiener Wortgeschichten. Das kenne ich gar nicht, das Buch. Wiener Wortgeschichten. Nein. Ja, danke für den Tipp. Danke. Daniel Schlögl, das kenne ich nicht. Ist das ein Slowowit dahinter, Patrick, zum Wohle? Ein Slowowitz? Nein, das ist ein Remi Metall, aber der ist so grauslich. Also den habe ich letztens aufgemacht, der ist aber so grauslich, den verwende ich jetzt als Desinfektionsmittel für die Hände oder was. Weil das ist wirklich nicht zum Saufen. Nein, Das ist furchtbar. das ist. Aha, der Georg Schauer sagt auch, Scheleewickerl und der Rinneigerl waren fix im Werkelmann Sonntagmorgen. Ja, das ist natürlich. Das war ein super Hinweis. Interessant, ja. Aber wie gesagt, im Werkelmann, ich kann mich wohl erinnern, dass die Sendung gegeben Das, hat. ja, aber ich habe das Aber nie, die habe ich nicht ganz da war ich definitiv. Das war nur vor unserer Zeit, muss man sagen, ja. Ja. Der Wolfgang Krawatzka zitiert Tante Jolesch, Friedrich Thorberg. So viel Most wird nicht zum der Scheiße sein. Ich spüre es jetzt schon, fängt schon so mal bei mir schon gewaltig im Gemage dabei. Ja, ja, bei mir, ich schluck am Magen schon. So. Bei Google Books. Ja, so ist das kostenloser Bier interessant. Sehr interessant, sehr interessant. Freut mich sehr. Patrick, da müssen wir gleich was spielen wieder. Ja, machen So wir wieder wie was Altes, oder? Ja, das mit dem Stoßspielen, was ich gesagt habe. Ja, aber welches ist das? Na, es sind doch die ordentlichen Leute, oder? Gehst mit. Nein, nein. Nein? Du in der Vorstadt? Ja, trinkt der der Stoß. Stoß, ja, genau. Ich war jetzt Grundkieberei. Ja? wir gewinnen auch beim Stoß, auf dem das andere gerade top gehabt. Das kickt doch, ob ich das zusammenbringe. Aber das bringe ich auch nicht zusammen mehr, glaube ich. Hab zu lange nicht gespielt jetzt da. Warte mal, da muss ich kurz überlegen. Der Daniel Schlögl hat mir schon einen Link geschickt. Danke dafür vielmals. Das schauen wir an. Wie könnte man eine Lesung machen? Der Jesus und seine Haberer. Ja, das war lässig. Nur es ist das Problem, gerade der Jesus und seine Haberer, das ist schon so oft gemacht worden und teilweise auch so sehr gut, so wie jetzt zum Beispiel, so gut gemacht worden, dass es immer schwierig ist. Aber so grundsätzlich, ich werde lachen, ich habe tatsächlich daheim schon ein paar Bücher, Trude Matzig und ein paar so Sachen, wo ich mir gedacht habe, ich werde ein paar Gedichte oder halt wirklich so Kurzlesungen einbringen. Ich habe mir das auch schon überlegt, aber da gibt es Leute, die das so gut Ja, gemacht haben und Leute, die ich erkenne, die das noch immer machen. Also Also der so- Martin zum Beispiel, ne? ja, auf jeden Martin Fall. Heidinger zum Beispiel, Ja. großartig. Aber was so über Gedichte und Träume drüber, nicht? So Ja. Trude Matzig oder so. Ja. Aber jetzt so wirklich so Sachen wie der Jesus und seine Haberer. Aber es ist ein guter Hinweis. Danke vielmals. Irgendwo, Gerald, irgendwo ist das gespeichert. Die Blume aus dem Gemeindebau, mein erstes Lied, das ich auf Wienerisch textlich aufgenommen habe. Vom Anbau Steine 07, ja. Peter Richtinger war der Remi Matthäus zu schwärmen. Nein, ja, nicht der Remi Matthäus grundsätzlich, aber diese Flaschen, also nicht der Patrick, da hinten die Flaschen, nein, weil das jetzt so tight hat. Steigt dir der Moos zu Kopf bereit? Ich hab da so tight und hab gesagt, diese Flaschen. Und ich wollte das nur korrekt, dass die Leute wissen, dass ich nicht dick gemacht habe. Da hinten, diese Flaschen, die habe ich aufgemacht, die waren nicht zum Saufen. Das war, nein, der ist der ist ausgeraucht, irgendwas. Nein, der war ein ich- Geschmack. Jetzt habe ich mir gesagt, das kalt, ja, aber was der jetzt zum Desinfizieren und irgendwas, machen wir schon was. Ja, Susanna Faber würde die bei unserer Einweihungsparty spielen. Dann schauen wir mal, wann sie ist und wann wir spielen dürfen. Dann reden wir weiter. Ja. Ein Lied von Horst Mähler. Thomas Faber, ja, schauen wir mal, vielleicht spielen wir heute eins. Mal sehen. Vielleicht auch nicht, weil, aus einem folgenden Grund, jedes Mal, wenn wir ein Gmählerlied spielen, oder nicht bei jedem, aber es ist jedes Mal, wenn wir einen, wie sagt man da, so einen Urheberrechtsverletzungshinweis bekommen haben von YouTube, ging es meistens um ein Gmählerlied. Deswegen schauen wir mal.
Gerade oder ungerade? Manfred Kraft. Genau. Ganz genau, das Lied haben wir Und das gemacht. andere, was ich gemeint habe, war eigentlich das Hand. Wir haben schöne Möbeln. Wir haben schöne. Das probieren wir jetzt, wir sind nicht unter uns. Gustav, oder? Wir haben... Nein, Gustav ist zu hoch, oder? Die Bitch da, der Strick. Oh ja, was in die Anfang geht's? Glaube ich. Wir haben schöne Möbel, die bin schon totstreich. Der Tisch hat 3 Achsen, der Ofen, der ist geflickt, der Spiegel ist zerbrochen und im Fenster ist kein Glas. Aber der Hausherr kriegt einen Zins oder was? Da 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 bleibst du noch groß, glaube ich. Da kommt die ganze Zeit, geht das immer. Wie ist es mit der Wäsche? Wir haben einen feinen Guster auf der Rose. Wir gewinnen beim Rennen, wir gewinnen auch beim Stoß. Das Leich erster Klasse, aber der Hausherr kriegt einen Zins oder was. Wenn mir einmal ausgeht, sind wir noblich und fesch. Elegant ist das Gewandel, hochprima die Wäsch. Wir halten auf einer Musik oder wir halten auf einen Froß. Aber der Hausherr kriegt einen Zins oder was. So in die Richtung ist es gegangen. Ewig nicht gespielt. Aber wo wir gerade oder ungerade, Ja. wo wir gleich drauf, jawohl. Ich fang das an. Gerade auf E-Moll dann auf. So steppert das. Na, hast gleich. Warte, Tausende Male ich gespielt. nehme einen immer. Schluck, das wird der Chef holen. Geh mir das einmal. Wie geht die Schlusszelle da? Dann war's. Welcher Schluss? Von gerade oder ungerade. Gerade oder ungerade? Wir wohnen schon 25 Jahre. Fängt so an. Das gibt's ja nicht. Na, jetzt bist du anders dran. Verkochen Ulis Lohnig. Das schmeckt so scheiße, das kannst du nur mehr, da geht nichts mehr. Die kann ich zum Mittag, aber dann in Schlegel am Mittag, so schmeckt um einiges besser. Das wirklich, Schmäh ohne. Schmäh ohne. Der Georg Scheurer macht das Rotwelsch von Peter Welle, sehr gut, ja. Ja, ja. Rotwelsch von Peter Welle und es gibt auch vom Professor Roland Giertler ein Rotwelsch. Also Rotwelsch ist die Gaunersprache. Gibt es auch ein Buch. Sehr interessant. Haben wir gespielt damals bei der Buchpräsentation. Und da war das anwesende Publikum war zweigeteilt. Das eine waren alles Kieberer aus Otterkring und die andere war die Unterwelt. Die ganz klasse. Ich hab schon. Ja, der Harry Telefonte, wir wissen nicht, was wir tun, aber das machen wir gern. Und mit Hingabe. Hast du es? Ja, sowieso. Und wie geht's los? Ja, sowieso, ne? ja. Jawohl, du war ne? Grad oder ungrad, der was das Glück hat, der zieht wo rein und alles gehört sein. Draußen in der Vorstadt, dort rennt der Stoßgrad, kommt Kiewer rein, dann sitzen wir alle beim Wein. Gehst du mit, gehst mit, sonst geht es ganz allein. Sonst geht es ganz allein, sonst geht es ganz allein. Gehst mit, sonst geht es ganz allein. Sonst geht es ganz allein bei der Nacht. Zwei Kreuzer, die kehren nicht meine Dein, die kehren nicht meine Dein. Dann kaufen wir uns einen Schnupftabak und schnupfen wir alle drei. Und schnupfen wir alle drei bei der Nacht. Haben wir beim Stoß das Geld verspült.
da liegt uns gar nichts dran. Da fahren wir dann nach Schlägen raus und saufen wir uns dort an. Und saufen wir uns dort an bei der Nacht. Wir wohnen schon 25 Jahre in einem Haus. Wir brennen keinen Sitz, wir singen auch nicht aus. Oberhauser, 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 seid gescheit. Sind wir nicht dicker, wir listen rein. Wir keine schöne Brot und keine Föder noch was. Der keine Tulgi und eine Tusch. Und wer ein Pfänder ist oder ein Fisch, der was keiner mehr verrückt, der gehört in den Tisch. Wer keine schöne Brot und keine Grusch, der gehört ja alle da, in den Gosch. Und wer ein Pfänder ist oder ein Fisch, der was keiner mehr verrückt, der gehört in den Tisch. Jawohl! Eine Kurzversion gewesen. Wird da angeschnitten, hast du angeschnitten? Weil, warum habe ich abgeschnitten? Ich Wieso? sehe blauen Bildschirm bei mir. Große Freude. Das ist ein Grund zum Trunk. 301 bitte. Der 5 Euro kam so per der Superchat herein. Das ist ein Grund zum Trunk, aber nicht zum Abbrechen des Liedes. Ja, Um Himmels abgebrochen Willen. haben wir nicht. Dass du verspült hast, ne? Du hast nicht weiter gewusst. Ne? Abbruch wäre was anderes gewesen. Jawohl, alles dann, danke schön. Treu, danke Danke auf für mein dich. Herz wohl. Prost. Ja, aber das ist gut. Das ist gut. Ui, ich muss sofort den Schon Finger wieder? schon wieder erheben. Die Wildcat auf euch, Burm. Ja, auf dich, Wildcat. Weigert, danke schön. Dankeschön. Danke schön, Weigert, das haben wir dabei. Prost. Also ist das erledigt. Da. Das macht uns wieder was nachschenken. Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich danke dir vielmals. Das ist schön. 2 Schluck bitte, Christoph Hacke. Ja, genau. Da muss man dann Speck rein. So einen scharfen Speck. Jawohl, Das ist ein jawohl, jawohl. Wahnsinn. Er ist so gut. Du bist so gescheit. Wow. Das war so ein Zonko. Der, ja, Aber der wird ihn so lang halten. nein, glaube ich auch nicht. Also, ich nehme dafür Ja. wieder was von dem wunderbaren Honigschinken. Der könnte ein bisschen dünner geschnitten sein. Nicht? Aber Fürs Saufen gibt es immer einen Grund. Der Harry Elefante bringt was auf den Punkt, was ohnehin wirklich auf den Punkt gehört. Ja, aber Rotwelsch, also Rotwelsch bezeichnet man die Gaunersprache in Wien. Oder überhaupt, weiß ich nicht, ob das also im ganzen deutschsprachigen Raum bezeichnet wird. Ja, aber bei uns sagt er die Gaunersprache, die Sprache der Unterwelt ist Rotwelsch. Und es war, ich schätze mal, im Jahre 98, 99. Ja. Das lasst ihr rausfinden. Das lasst ihr ganz rausfinden. einfach nämlich, ja. Pass auf, wann ist das Buch rausgekommen? Wo schauen wir noch? Rotwelsch von Wo Roland schauen wir? Ja, Wirtl. genau. Das war früher. Noch früher, glaubst du? Früher 97. Rotwelsch, Roland Giertler, Rotwelsch. 97. Ja. Die alte Sprache der Gauner, Dirnen und Vagabunden. So, und jetzt möchte ich nur schon. Ja, Erstveröffentlichung 98. 98 sogar. Passt super. Ja, habe ich gar nicht so schlecht geraten. Ja, optimal. Also, Genau, das heißt gar nicht so genau schlecht, in das ist genau Schwarze nicht- getroffen. Ja. Ja. Und das war so. Das war damals, hat es gegeben an Stammtisch von Freunden in der Bräuner Gossen. Na, wie heißt die? In der Bräunerstraße. Ja, genau. In der Bräuner Straße, da in der Innenstadt. Merk dir, was du sagen willst. Was soll ich sagen? Sofort erheben Sie bitte Christoph Acker. Für das Skyline. Ja, Jawohl. Jetzt einmal, Christoph, machen wir sehr sofort. wohl. Machen wir sofort, aber die Geschichte muss ich natürlich weitererzählen. Prost, Prost. unbedingt, ja. Matthias Mariacher, schreibt da schon eine, 1998. Ja, es war so. Also da haben sie so einen Freundeskreis gehabt, mehr oder weniger, also quasi ein Stammtisch. Ja, das war damals hat es noch Kassen. Nicht Bukarest hat es dann nachher geheißen, das hieß Wird nicht früher Kassen? zum Hofmeister. Der Hofmeister. Zum Hofmeister hat das geheißen. Genau. Und dort haben wir uns also einmal in der Woche, war das am An einem Sonntag im Abend, ja. Sonntag am Abend, haben wir uns so getroffen
unterschiedlich viel Leute. Also das war einfach, man hat dort getrunken. Mach mich warm zu. Du kommst gleich zur Geschichte, bitte, ja? Thomas Klagenfurt, jawohl, wunderbare Musik, wunderbare Musiker. Ich danke dir recht herzlich. Herzliches Dankeschön. Jetzt einmal Prost. Weil man, wer das noch nicht weiß, wenn eine Superchat-Spende reinkommt, fühlen wir uns natürlich sofort verpflichtet, auf denjenigen, auf dessen Gesundheit anzustoßen und sein Wohl. Bitte, Herr Professor. Jetzt muss schneller erzählen, sonst kommt die Geschichte nicht so rein. Ja, und dort haben wir uns also getroffen. Und da war unter anderem, also das kann sein, dass man dort gesessen ist, zu dritt, zu viert, es kann aber sein, dass das 40 Leute waren. Ja, das ist einfach, die hinten war voll. Und es war relativ leistbar, die 2-3 Regeln habe ich mir leisten können. Also es war jetzt nicht das teuerste Lokal in der Innenstadt, es war so ein gemütlicher Hitten. Und eben mit dem Cobra waren wir alle sehr gut gestellt und das war einfach ein Hitz. Und unter anderem ist auch hin und wieder der Professor Giertler dort erschienen und war halt auch dabei. Nicht? Und da haben wir also dort eine Gaude gehabt und das Ganze. War eine schöne Zeit damals. Ich war noch jung damals. Der Fun with Privacy Hofmeister, genannt von uns Hausmeister Jakisch. Jawohl. Ja gut, du Ruhig, warst es. du warst ja kennst dabei. aus. Du warst ja dabei. Ja, genau. Jawohl, also da kannst du dich Jawohl. erinnern an diese Geschichten. Ich mich Da auch. hätten wir noch ein paar Geschichten. Mach mich, kann ich aber mich nicht mehr erinnern, so ganz. aber zu dem Zeitpunkt warst du da noch gar nicht viel dabei. 98 schon noch, ja. Ja, da warst du noch so im Beginn. Da warst du ja 2 Jahre jünger. Das hat sich ja zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen ausgewirkt. War damals aber 21 bereits. Ne? Ja, aber da warst du noch nicht so viel. Nicht ich immer- sag, nicht warst immer schon dabei. dabei. Du warst Nicht schon immer dabei. dabei, ja. Du warst nicht viel daheim gewohnt, bei den Eltern. Ich war ja noch in der HTL, nicht? Das war Richtig. Ich habe auch gewohnt daheim bei den Eltern, nur bei mir war es ja ja. so, ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich war halt jetzt alt genug, es ist Zeit, ihr könnt jetzt ausziehen. Habe ich gesagt. Merkt Gut, ihr, kann man was mal. sagen Ja, aber ich merke mal. Die blaue Tinten, machen wir auch. Also Skyline, blaue Tinten sind notiert. Gesundheit. Muss man merken. Na, glaube ich mal. Prost, Dankeschön. Ja, und an einem Sonntag kommt der Professor Giertler. Wer ihn kennt, weiß Ich war nicht dabei, genau. Du warst nicht dabei, du warst daheim, ganz normal. Und der Giertler war, also ist nach wie vor so der typische, klassische, zerstreute Professor. Ganz lieber Freund. Wir haben schon Absolut, oft ja. aufgetreten mittlerweile mit ihm. Ich habe bei ihm einige Seminare absolviert für mein Studium, nicht? Ein paar so Wahlpflichtfächer. Und Meine man hat gesagt, meine Ex-Frau hat ja, ihre Doktorarbeit Doktorarbeit bei ihm gemacht, geschrieben. Ja. und naja, und auf jeden Fall, so 98, das heißt, ich war 23. sowas, ja. Danke. Ja, was? Und wir, du siehst ein Bier drum, und der Gittler kommt rein und erzählt halt da so, ja, und am Mittwoch hat er die Buchpräsentation vom Rotwelsch in Stiegels alter Ambulanz Genau. im AKH. Das war damals ja ganz neu. Ganz neu, ja. Das war ja noch ganz neu dort. So. Und ja, und getrunken und irgendwie hat sich das so ergeben, ja, Klaus ist da, ja, 16er Buben war damals, wir haben ja so angefangen gerade zum Spielen und bei halt bei Liebhabern dieser extra, wie sagt man, dieser doch wie sagt man da, naja, also dieser Nischen, wie das Wiener Lied, da war man halt dann relativ schnell zumindest bekannt, dass das gibt. Und da hat er gesagt, ja, das war doch eine super Idee. Ich präsentiere das Buch Rotwelsch, die Gannerspeil, die Dirnen, die Zuhälter, die Spanner. Und dann hat er gewusst, dass wir Otter kriegen sind. Und er hat gesagt, das war super, die ganzen Kieberer aus Otterkring, die Kieberer aus Otterkring sind auch da. Die ganze Unterwelt und die Kieberer aus Otterkring sind alle da. Da müsst ihr spielen. Dann habe ich gesagt, ja, gut, aber das kann ich nicht einfach so zusagen. Ich habe gesagt, das muss er jetzt wissen, weil er hat nämlich schon die Kopiervorlage für die Einladung für die Buchpräsentation und die gibt er morgen in der Früh seiner Sekretärin zum Kopieren. Und das ist jetzt schon die fertige Vorlage, die hat er da. Ne? Er muss gleich wissen. Na, jetzt habe ich mir gedacht, naja, es nutzt nichts, ich muss den Patrick anrufen, sprich Festnetztelefon. Damals noch kein Handy. Ne? Ja. Ich habe es gehabt. Du hast eins gehabt, ja. Mit meinem ersten Handy habe ich dann angerufen. War doch bis da war es 11, halb 12, ich weiß es nicht. Ach, über 12 war schon. Spät.
natürlich immer gedacht, das wird eng, das wird enger, eine enge Geschichte. Und dann hat natürlich die Mama angekommen. Ich sage, ja, entschuldige später, ich weiß, es tut mir leid, aber ich brauche dringend den Patrick, bitte. Ja, dann hat sie den Patrick geholt mit einem mehr oder weniger nicht sehr, sage jetzt einmal zu Recht, nicht sehr freundlichen. Na ja, ich meine, da warst du. Naja, Das hat hat schon gesagt, gepasst. ja, Moment. Na, das gibt's anders, viel schlimmes andere Geschichten. Und auf jeden Fall, na gut, der Patrick kommt, dann sage ich erst, kannst du am Mittwoch, während wir waren dabei, sagt er, ja, wunderbar, passt. Sag ich zum Gürtler, wir sind dabei, wann, wo müssen wir sein? Ne? Ich sag, ja, so und so. Und dann nimmt er diese Kopiervorlage her, nimmt einen Stift und schreibt drauf, musikalisch, und dann hat er gesagt, das kann ich so schreiben, oder? Kann ich so schreiben. Musikalisch umrahmt, nicht? Schreibe ich so. Mit die 16er Buben, nicht? Schreibe ich so hin. Das war gut, das ist handschriftlich. Das ist gut, das sieht man, das sticht aus. Mein ausgeschaut hat es natürlich eben, ja, wie wenn wir halt vergessen und das hinschreiben. Und dann hat man es halt mit der Hand nachgeschrieben. Das Aber, wurde auch vervielfältigt und dann ausgeteilt. ja, Das war genau so ging die Einladung raus. Und wir sind dort hingekommen und das war wirklich göttlich. Es war tatsächlich so, ich weiß nicht, warum es noch Otterkringer war, es waren wirklich fast nur Kiewer. Damals ein Bub mit 21 Jahren, noch unschuldig, aber Quasi unschuldig. Quasi. Unschuldig. Und wir sind dort halt, und da haben wir halt diese begleitet und der Gürtler hat gesagt, die musst du alle kennen jetzt, das sind alles Kiewer aus Otterkring. Und die anderen sind alles Bücher, Und die waren alle in wunderbarster Freundschaft. herrlich war das. Ja, ehrlich. Ganz großartig. Anwälte, Kiewerer, Verbrecher, Na, alles da. traute Eintracht. Alles da. Das war unglaublich. Und da war ein Rechtsanwalt dabei, eher bekannter, aber ich sage den Namen nicht, und der ist in die gleiche Schule gegangen wie ich. Und der hat einen gleichen Klassenvorstand gehabt, wie ich das gehabt habe. Und da haben wir dann kurz plaudert und das war grandios. Und ich bin da gestanden an der Pudel und das war wirklich der Rechtsanwalt, der eine Kommissar, irgendwas, und daneben der Zuhälter, ich glaube, die spielen. Das war echt, aber das war ein murdstrom lustiger, leibender Abend. Aber das war die Buchpräsentation von Rot-Welsch, die Gaunersprache, oder die Sprache der Dirnen und Zuwelt, wie er geschrieben. Ich lese noch mal einen Titel vor. Und das Buch kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen. Absolut, ja. Wirklich. Weil man der Gittler bei allem Schmäh und allem, aber also er weiß schon, was er schreibt. Rotwelsch, die alte Sprache der Gauner, Dirnen und Vagabunden. Roland Gittler. Großartig, viel mit ihm erlebt schon im Laufe der Jahre. Ja. Jahrzehnte kann ich jetzt schon sagen. Ein Wahnsinn. Patrick, wir spielen jetzt sowas und dann erzählen wir noch die Geschichte. Was war das mit Gittler? Was war noch in der Ebenso der Fun with Privacy. Geschichten erlebt. Ja, was heißt? Was heißt? Na gut, du warst ja dafür dabei. Was heißt? Herrlich, Wahnsinn. Der Christoph Radau sagt, ich muss mich konzentrieren beim Lauschen. Ja, ich versuche mich. Anwälte, Kiewerer, Verbrecher, wie im Parlament. Na, Rudi, im Parlament ist schlimmer. 100%. Dort war es leibend. Also mit dem Parlament, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dass du diese Gaudi, naja, wirst auch wahrscheinlich Wird auch haben, aber- mit ein paar Politikern wirst du sicher eine gute Gaudi haben können. Aber das war dort entspannt. Da gibt es so die berühmte Geschichte, die haben wir schon ein paar Mal erzählt gehabt, glaube ich. Die haben sicher schon gehört, ja. Mit dem Polizeipräsidenten. In Akropolis in Otterkring. In der Akropolis, ja, genau. Wie der Kassen da. Ich bin's der Präsident, wie der Kassen. Der berühmte Polizeipräsident. Holobeck. Der Holobeck. Und wie der Holobeck in dem Lokal in der Akropolis in Otterkring gesessen ist, eine Geschichte, die übermittelt wurde. Ich war nicht dabei, da habe ich noch gar nicht gelebt, glaube ich. Naja, Nein, da haben wir nicht einmal noch Aber nicht, gelebt, war das glaube ich. 60er, Das war 70er? Ende 60er, auf Ende 70er, so Ende 60er her, ja. Und der sitzt, der Polizeipräsident von Wien sitzt in der Loge dort und in der Nebenloge sitzt ein von Interpol gesuchter Verbrecher. Und dieses Akropolis, muss man sagen, das war so eine Art Leo. Das war internationales Gewässer sozusagen. Und der Holobeck hat gezahlt und geht und zieht seinen Mantel an, nicht? Und mit seiner Frau war dort und zieht seinen Mantel an und geht zu dem Tisch, wo der Verbrecher sitzt und sagt, alles dann, heute kenne ich dich nicht, aber morgen suche ich dich wieder. Servus. Und ist gegangen. Das war so, scheinbar. Ja, das war dort so.
Von der Rudi Korbes, ich wollte die, was spielt, habt's nicht beleidigen. Also die Politiker, wo man gespielt hat, naja, um das geht's nicht. Oder dem, wenn die Anwälte Kiewer und die Verbrecher. Nein, aber das war ganz lange beim Roland Kittler habe ich ein Seminar besucht und da war, und der hat ja wirklich eingeladen, der hat ja Exkursionen gemacht im Puff, ne? Also ins Bordell. Mit Studenten und Studentinnen. Ja, warte. Nein, und war dort eingeladen. Also Der hat die goldene Karten gehabt. ja, absolut. Nummer 2. Die Nummer 2, Nummer 1 weiß ich auch, wer es gehabt hat. Ja. Aber das sage ich nicht. Ich auch nicht. Aber der hat, also goldene Karten heißt, also ich weiß nicht, ob es goldene Kartenkassen hat, aber so ähnlich, aber das heißt, du musst für nichts zahlen, für nichts. Ja? Für gar nichts. Und der Gürtel aber immer ganz streng und immer, wenn er eine Exkursion gemacht hat, im Bordell hat er aber immer seine Frau mit und also der hat da nichts abbrennen lassen. Das nicht. Und da hat er gesagt, das ist immer ganz wichtig, dass man sich, wenn man in diesem Milieu verkehrt, dass man das nicht in Anspruch nimmt, ja, diese Sachen, sondern das ist quasi so eine Art Ehrengeschenk und aus. Ne? Aber da haben wir die gehabt und da war natürlich auch einer der Unterweltgrößen als Gastvortragender auf der Uni. Und das war schon interessant. War ein hochgebildeter Mensch. Ja, absolut. Hochgebildet. Mit dem hat man gut reden können. War wirklich ein sehr gescheiter Mensch. Sind wir nachher noch ins Landmann gegangen. Einen Riesenhetz gehabt. Also, ja. Servus etwas spät, aber nicht zu spät. Landtagsstummer Markus. Ja. Never too late. Never too late. Skyline, Blau, Tinten, Christoph Acker. Der macht uns heute einen Stress. Ein Druck macht er uns. No. Das ist, ich fühle mich direkt überfordert. Ja, ist denn das notwendig? No. Einen Druck habe ich schon im Gedärm. Aber dass wir es nicht vergessen. Welche Geschichte wollte ich dann erzählen von Gürtler? Was war das? Gürtler, noch was anderes? Nein, Das war die Geschichte. Nein, nicht Gürtler. Hofmeister. Also Hofmeister gibt es ja viele Geschichten. Ja, aber eine ist noch leider. Die hat mit Musik zu tun. Also das war leider. Das war eigentlich. Wenn nicht teuer ist gut, das Bier damals 40 Schilling das Kriegel gekostet. Ja, kann man nicht ja, erinnern. aber wir haben 2 oder 3 getrunken. Wir haben ja nicht getrunken. Aufs dritte bin ich schon meistens eingeladen worden damals. Das waren ja doch nette Leute. Die Meistens schon haben die Älteren und die schon ein bisschen was verdient haben. Die Johanna Duschel sagt auch, der Gürtel hat im Spatzennest am Ulrichsplatz im 7. geprüft. Ja, Ja, das stimmt. Und unter anderem. wir sind immer ins Landmann zum Postkolloquium. Und da sind wir so gesessen und Bin ich einmal auf Besuch gekommen zu Genau. euch dann, ja, kann mich erinnern. Der Ja. Gürtel hat ein hohe Ding gehabt von mir, weil ich war ein Kulturträger. In seinen Augen und damit sowieso fast diplomatisch immun. Und dann waren andere Studenten dort, die haben am Hinkel irgendwelche Seminararbeiten und der Gürtel hat ich weiß nicht, was ich sagen soll, und hat mir in die Hand gedrückt, was soll ich dem geben, was soll ich ihm geben. Ne? Ich sah sowas öfters, ja. Jawohl. Ich bekam sowas öfters zu Gesicht. Ja, absolut leibend. Na gut, wir machen ein Medley der eigenen Nummern. Es war die Blaue Tinten und die Skyline war gewünscht. Ich würde sagen, wir machen vorher nur dass wir es gleich haben. In Bissenberg. Ne? Da haben wir mit Biesenberg an, dann lassen wir es entstehen. So ist es. Halt. Entschuldige, die Susanna Fabra ist natürlich jetzt die Heldin des Tages. Nämlich, Weil ja. die erinnert mich daran, ob wir nicht im Hofen nachlegen müssen. Ja, wir müssen ganz sicher noch beim nachlegen. Ofen nachlegen. Nicht das Oben, anders, glaub ich, anders, geht's noch, gell? oben geht sicher noch. Da sind 2 Buchenscheite drinnen, wie sie im Buche stehen. Nämlich, also das geht auf jeden Fall. Danke als Buche im Susanne. Walde. Dankeschön. Eine Buche im Walde nicht. Eine Rotbuche oder eine Weißbuche? Die Frage. Bei mir ist es meistens Birken. Die Birke hält nicht. Birken ist, sagen Sie mal, das ist das Unkraut im Wald. Susanna Fabra, eine Weltgeschichte, weil wirklich war, Weil die, es war Not. Es war Not, dass man die nachlegen. Birke ein beliebtes Holz in offenen Kaminen ist, weil es nicht spritzt. Ja, ich habe aber einen Kugelherd. Ja, da- Das ist zu. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rind durch mein Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle geruht.
In meinem Weingarten am Pisa-Berg braut sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen her und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pisa-Berg flickert das Meer allein ich kenn. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Tripfelwein. Es hat die Mühe. Applaus für den Herrn Rutger, meine Herrschaften. In einem Weingarten am Pisa-Berg. Ich bin dort gern, damit kein Mensch dort steht. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Höllgeruhe. In meinem Weingarten am Pisa-Berg braut sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pisa-Berg, das flickert das Meer allein ich kenn. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Tripfelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Tripfelwein. Nachdem der Hofer dazugekommen ist, ne? Und eines seiner Lieblingslieder, das kennen ist, passt das perfekt nahezu. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, ich mach keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du
du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Leuchten hast du immer verziehen. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Wat ik heet het, dat ik vliegen, und dat die trotzdem niemals kriegen. Wann ich fordert a recht tief, so schreibt sie dir heut am Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätt, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief. Drum schreibe die dir lieber einen Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Schreib's mal einen Brief. Wenn ich wisset, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief, dass du schreibst, du mir halt ein Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt dann dein Lieb zu mir, so kommt dann dein Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier,
bis ich dich spiel. Jawohl. Jawohl. Herrlich, es macht Spaß. Leider viel zu selten, nicht mal Zeit. Ja, es wird schon wieder so viel kommen, dass uns am Das ist Arsch am geht. Arsch geht. Das ist ja Ja, sehr gut. das wird Aber jetzt so muss ich sein. natürlich nachschauen, Da da muss man ein nicht nachlesen, Kommentare. was ihr alles geschrieben habt. Christoph Acker meint, die eigenen kurz, Nummern aber- sind doch die besten. Nicht, ob es die besten sind. Aber ich danke dir vielmals. Aber ich danke dir. Heute erst auf Spotify gehört. Landesstrom, du weißt es. Danke vielmals. Der Hoff, immer wieder ein absoluter Traum. Ja, der Hoff, du hast fast zu spät eingeschalten, weil wir haben gerade geredet über die Unterwelt und die Kieberer und so weiter. Aber ich glaube, da warst du noch nicht dabei. Es ist natürlich ein Wahnsinn. Traumnummer, Markus Pristonik, danke schön. Na, die roten Achteln, habe die Ehre. Christoph Horvath, Herr Mandl, Landtalstromer, Karl Duschel, über die Tabtret. Werner Wichtig. Ja, herrlich. Naja, der Flur dann klärt schon auf, diese chromatische Harmonika, jawohl. Jawohl, jawohl. Warte, ist die Werner Knepfer Harmonika eigentlich auch diatonisch? Von der Flur Nein, die ist eben chromatisch, ja. Der Lord Glaubermord aufgeklärt. Genau, ja. So, der Flur dann gefragt. Der Franz M ist auch wieder da. Du trink einen Schluck. Du trink einen Schluck. Franz M habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das ist die was er fährt zum Bravo Franz. Na, das ist ja frei. Wohle. Ah, Joachim. Ich muss ein bisschen schauen, weißt du, nicht, dass was Wichtiges verpasst. Ein bisschen mitlesen. Nicht? Das schmeckt dann ins Pfeiferl, der Rudi Korbes hat sich ein Pfeiferl rein. Na, Bravo Harmonika von Marco Buchler. Marco, danke dir. Lieber Kollege, ja, ein Harmonikaspieler vor dem Herrn mir lieber. Ja. Achso, ja, erst der Hoff ist ja Vater geworden vor kurzem erst. Jesus, nein. Ja, da müssen wir ein Ständchen bringen. Ja, selbstverständlich. Das ist ein Bur der Madel, ich glaube ein Bur ist geworden, gell? Ich weiß nicht mehr, der Zonk hat es gesagt. Ich glaube ein Bur. Das musst du einschreiben, weil da können wir einen Lausbaum spielen. Der Landesstrom Markus, ist das ein Bier vom Glas? Nein, das ist kein Bier, das ist vom Glaubermacher ein wunderbarer Birnenmost. Ja. Der Christoph meint, wenn der Hof da ist, dürft ihr nicht mehr über die Jugendsünden dazu. Na sicher, aber die sind ja verjährt in jeder Hinsicht. Außerdem, der Hof schaut zu, kann er nicht im Dienst sein. Der Gere 1.0 aus dem Burgenland. Super, Servus, schön, dass du grüß dabei dich, bist. danke. Nein, der Hof, wir haben da super Geschichten erzählt über die Unterwelt. Also nicht über die Unterwelt, sondern über Geschichten über die Unterwelt. Und über Professor Giertler, der da sicher auch was sagt, mit dem wir einige Male auftreten sind. Und da kann ich mich erinnern, wir haben damals, ist der Verlag von ihm, glaube ich, ist herangetreten an uns mit der Idee, dass wir quasi beim Wirtshaus, in einem Wiener Wirtshaus, einen Vortrag halten. Also der Giertler hält den Vortrag und wir machen die Musik dazu. Und der Giertler sagt, ja, das ist eine super Idee, wir vertragen uns ja gut, wir sind gute Freunde eigentlich. Und da kommen wir zusammen, da treffen wir uns bei ihm und machen eine Probe, besprechen das Programm. Wie war das Programmbesprechung? Die Programm hat schon gesagt, naja, wir sind hingekommen, waren wir keiner daheim bei ihm. Nicht? Haben wir angeleitet, nicht? Das gibt's ja nicht, rufen wir an, nein, gibt's nicht. Ich hatte allerdings auch die Telefonnummer von seiner Sommerresidenz, wo seine Frau weilte, in seiner Heimat in Steyr. Hab dort angerufen und gesagt, na, der muss daheim sein, ich weiß ja nicht, was ist mit dem, nicht? Naja, 10 Minuten später kam völlig verschwitzt auf einem Fahrrad kommend mit einem Rucksack hinten Roland Giertler angeradelt, der Herr Professor. Sagt, nein, entschuldigen Sie, müssen entschuldigen, ich habe geschwind noch was besuchen müssen, ich habe einen Apfelstrudel besucht, einen Bio-Apfel, ein Demeter Bio-Apfelstrudel. Vollkorn. Vollkorn-Apfelstrudel, Bio-Vollkorn. Vollkorn, ein Demeter habe ich geholt. Habe ich extra noch geholt für euch. Vegan. Worauf wir uns in die Wohnung von Professor Giertler begaben. Apfelstrudel war übrigens sehr köstlich. Ja. Und wir haben einen Tee getrunken, den er uns gebraut hat. Ja, genau, das war in der Früh, ja. Das war in der Früh, es war früh, relativ zeitig. Nicht? Ja. Und er hat es aber schon ein bisschen eilig auch gehabt. Er musste nämlich nachher weg. Wir waren relativ schon spät dann eigentlich dran. Und dann, wir sind nicht dazu gekommen, dass wir eigentlich über das Thema sprechen. Wir haben über waren alles schon dazu Mögliche geredet. Und der Punkt war der, wir haben eigentlich nur einen Tee getrunken.
gelacht, Plätzchen gekriegt. Wir sind 3 Ein Stunden Apfelstrudel daheim gegessen, gewesen. 3 Stunden. Ja, und das war's aber. Und dann kurz bevor so, jetzt muss ich wirklich weg. Aber, geh, wisst ihr was? Ich bin spontan. Seid ihr auch spontan? Ja, sind wir auch. Gut damit. Machen wir spontan, die Sache ist erledigt und so was. Das war so großartig. Was waren 3 Stunden? Da haben wir dann gesessen und Ja, gedacht, ich muss den Zug erwischen. Den Zug muss ich erwischen. das war eine der herrlichsten Geschichten, da wird der Hof sich auch amüsieren. Wir haben halt diese Exkursionen gehabt, unter anderem auch nach Stein ins Gefangenenzentrum, ins Gefängnis. Ja? Ins Gefängnis in Grenzstein. Gittler ja öfters schon dort gewesen, auch, eben mit Exkursionen mit Studenten. Und wir sind dort so après schon, also am Weg haben, und der Gürtel so, ja, jetzt weiß ich nicht, sagt er, und sagt so ein Häftling, ja, Entschuldige, weißt du, wann geht denn der nächste Zug nach Wien? Und der Häftling Brühl war am Weg auf ganz leibend. Herr Professor, ich hab lebenslänglich, es ist mir scheißegal, wann der Zug nach Wien geht. Eine Legende. Das war Und eine der Legende. Roland Gürtler drauf. Ich bin ein Trottel. Erst nach so ein Plätzchen. Die kann ich da fragen. Ja, Was sagst du? Ich Ich bin ein tut mir leid, Trottel, oder? ich tut mir leid, ich bin der Trottel, ich tut mir leid. Was sagst du? Gott schütze dich. Jawohl. Ja, viel Lustiges erlebt mit Roland. Ja, auch absolut. viel Spannendes und auch viel gelernt, auch, muss ich ehrlich sagen. Es ist Absolut. Du, was gehen wir jetzt machen? Der Hof hat einen Moritz gekriegt. Der Bub, der Moritz. Schöner Name, gefällt mir absolut. Und was geht da spielen? Für den Bub. Wobei zum Roland Gürtler muss ich sagen, er stammt ja aus einer Landarztfamilie aus Steyr. Die Eltern waren ja beide so die Mutter ist der Vater Ärzte, Landärzte in Steyr. Ja, genau, die Johanna Duschel stellt was richtig. Das habe ich versucht, ein bisschen klarzustellen, weil da warst du so ein bisschen in der Euphorie. Weil sie sagt, der Apfelstrudel war köstlich. Der War ich mir wirklich beim köstlich. Bio voll kein Apfelstrudel nicht voll. Der war schade, Der was war war der gut. köstlich. Der war gut, der war Der gut, der war wirklich Bläschen gut. freundlich warst. Na gut war er. Ja, wenn Hunger wirst gehabt haben oder was. Na gut, ja, voll kein Apfel. Man war Ja. gut, ja, man hat am Essen können. Nicht? Das war. Der Tee war besser. Nein, weil der Apfelstrudel, der Tiere mit ja, Johanna, wir verstehen einander. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Es gibt auch einen Dinkel Apfelstrudel, das ist auch gut. Herrlich. Ja, pass auf, ich schmier mir da noch ein Brot. Wir müssen in Hof jetzt was spielen für den Geschoppen. Was? Ich habe nur ein bisschen wieder essen müssen Du, zwischendurch. machen wir doch eine Fanfare oder irgendwas. Sowas müssen wir doch. Spital am Büren, ja genau, da ist er. Genau, ein Spital. Ja, genau, Da ist er her, ja. Genau. Also. Ja. Ja. Du, was wollen wir? Wir sind der Moritz, der Bur. Was kriegt man da spielen? Wir überlegen jetzt da. Kein Mensch kann es im Leben erzählen, wie oft das schon passiert. So ein kleines Menschenkind. Das kennen wir aber leider nicht, das Lied. Ich werde mal stimmen. Stimmen, Wir ist fangen immer einmal kein so Fehler. an. Weil mit einer gestimmten Gitarre ist das alles gleich ganz anders. Ich habe den Butter haben wir schon aufgespielt. Ich komme nicht zum Essen heute bei der Bratschen. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Es wird schon werden. So wie es nichts ist schon. Einmal möchte ich noch, ne? Ich bin nicht arm, ich bin nicht reich. Genau. Das machen wir zu Ehren. Zu Ehren jetzt von dem Hof. Eskaliert über Kind oder was, aber das Lied, ein traditionelles Wiener Lied mit dem schlichten Titel Der Lausbur. Das passt der Moritz, ich weiß das jetzt schon, glaube ich. Ich glaube auch. Das bin ich überzeugt. Ich bin nicht arm, ich bin nicht reich, ich möchte es aber werden. Ich hab im Leben, was ich brauch, mich freut's auch so auf Erden. Mir schmeckt das Bier, mir schmeckt der Wein, mir schmeckt auch das Zigarro. Mein Herz hupft vor Freude, seh ich
ein sauberes Madel. Ich hab nur einen Wunsch auf ihr, doch der erfüllt sich nimmer mehr. Einmal möchte ich noch als Bierberl Boeing schupfen, wo ich voll drei Raffler steigen und den behupfen. Einmal noch wie damals in den Kindertagen, voller Stolz, die ersten langen Hosen tragen. Rausgekraxeln bei der kleinen Dachbodenlucken, dem Hausherrn voller Bosheit auf die Glotzen spucken. Bitte lass mich lieber Herrgott allein, einmal noch ein kleiner Lausbub sein. Ich bin so, wie man auf Wienerisch sagt, im Leben ganz gut geraten. Nur manches Mal da fühle ich mich nicht gesoten und nicht braten. Da hab ich dann mein eigenes Gefühl, mein Blut pulsiert für Geschwinde, wenn ich im Hof drum spül seh, dem Nachbarn seine Kinder. Da geht mein Herz an erst zurecht, da weiß ich wieder, was ich möchte. Einmal möchte ich noch als Bierwelt schupfen, wo ich voll drei Raffler steig und den behupfen. Einmal noch wie damals in den Kindertagen, voller Stolz, die ersten langen Hosen tragen. Ausgekraxelt bei der kleinen Dachbodenlatter, dem Nachbarn von der Bosheit sagen, du bist mein Vater. Bitte lass mich lieber Herrgott allein, einmal noch ein kleiner Lausbub sein. Jawohl. Was für ein Moritz. Ui, der Hof hat da Geld auslassen, da müssen wir einen Schluck trinken auf ihn. Oh, jetzt sehe ich es auch. Oh. Schau, 20 €, wir bedanken uns ganz herzlich, Burschen. Der Hof. Wir danken und Dankeschön. sagen Prost und Schuldet und alles Ich muss Gute. natürlich sofort Für vorher Moritz. eine Nachschenkung. Die junge Familie, nicht wahr? Ja, bei mir muss dann mehr erklären, weil ich bin auch schon quasi. Gesundheit. Alles Gute, Gesundheit, Dankeschön. alles Gute. Dankeschön für diesen super Chat. Und bei der Gelegenheit blende Beinhorn einfach wieder ein. Die Möglichkeit, wie man uns auch sonst noch was zukommen lassen kann. Man, quasi wir gehen wie wenn man mit dem Hut herumgeht, nur ist dieser Hut virtuell. Also virtuell. Wir danken euch für eine unglaubliche Danke Großzügigkeit, euch, ja. die uns quasi eigentlich erst unseren Luxus ermöglicht. Schafft ihr heute auch noch das Lied für die Daniela bei der Mama auf der Schoß? Christoph Acker. Naja, pass auf. In dem Backel. Na warte mal, ich muss schauen, was. Weil, ich glaube, das ist da dabei. Sicher. Not das. Ich glaube not das nicht, aber. Auf der Schoß von der Mama. Na was, das schaut da was an. Ich muss da aber einen Schinken noch rum essen. Ein bisschen. Ja, da essen wir vorher noch was. Ihr kommt uns erst jetzt mit dem leimenden Lied, habe ich von euch noch nie gehört. Snoop Dogg Doggy Style. Snoop Dogg Doggy Style. Welches Lied? Was für ein leimendes Lied war das? Warte, ich muss die Kerzen da ausblasen. Und der Lausbur vielleicht, den haben wir gerade gespielt, ja. Mit dem Lausbur Lausbur? haben wir schon öfters gespielt. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Gut, ich bin mir nicht sicher, was früher haben wir ja so viel, wenn man wieder live spielt, weiß man oft dann gar nicht mehr, was man gespielt hat, wenn man sich das gleich notiert am Abend. Der Kirchschau ist am Schoß von der Mutter. Beim Heurigen geht der Hut nur einmal durch, Christoph Acker. Nein, das stimmt nicht. Bei uns nicht. Bei uns nicht, Bei nein. uns geht der Hut permanent durch. Permanent. Der ganze Abend hängt nur davon ab, wie leimend, wie viel eine kann, wenn in den Hut ist. Nein. Gary 1.0, danke dir ganz herzlich.
Ihr seid voll super, ich freue mich, dass ich euch da gerade gefunden habe. Ich bin auch ein Wiener. Großartig. Danke, wunderbar. Gary, auf die trinken wir. Auf die trinken wir einen Schluck. Sehr, sehr gut, wenn du schon dabei bist, abonniere vielleicht unseren Kanal, dann hätten wir an mehr. Und Teile nicht vergessen, sprich, wie man früher gesagt hat, Empfehlen Sie uns bitte weiter. Das war ganz klar. Bitte. empfehlen Sie uns bitte weiter. Das Allerwichtigste. Die Mundprobe. Aber auf den Gary trinken wir jetzt einen Schluck. Na, Wir freuen uns sehr. Herzlich Gesundheit. willkommen in unserer Runde. Gesundheit. Man siehst unsere lieben Freunde, die da mitposten, sind alle, ein paar sind recht goschert, aber mit einem liebevollen Herzen vom Herrgott beschenkt. Bis auf den Acker. Nein, Acker. Der Acker hat uns ewig ausgeholfen mit der Linsen, aber jetzt Jetzt schauen wir durch die Linse von Rodolfo Corbesso zu euch. ganz leibend. Ganz leibend, Gary, danke schön. Ja, Daniel Schlegel, das spielen wir dann. Das spielen wir. Habe ich schon gefunden. Auf der Stoß von der Mama. Du sofort umgeschirren, weißt du? Mit der Erbtante gibt es auch noch was, ja. Spielt in Moos schon, Burschen, sagt der Lord, glaube ich, ich spüre die Euphorie. Weniger alkoholisch als mir. Aber mir schmeckt er. Absolut. Geht erzählst das mit dem Hut, wie der geht permanent um. Ja, es war eh noch schon. Der Gary hat schon abonniert, danke schön. Aber, ja, es war Schmäh. Natürlich geht der Hut nicht permanent herum, aber ich wollte es halt gesagt haben, damit noch ein bisschen ein Ding. Lasst mir einen Beiß machen, dass ich ein bisschen eine Unterlage habe. Ein bisschen eine Unterlage, lasst mich. Christoph Acker, wenn ich euch hier weiterempfehle, bringt das doch Hopfen. Topfen hat er gemeint wahrscheinlich, vermute ich. Aber Na, weiß ich nicht. Hopfen? Was meint er mit einem Hopfen? Wer weiß, was der Christoph schon getrunken hat heute. Das ist sicher keinen Most wahrscheinlich. Ne? Das Ja, hat er viel geschrieben. Ich hab vergessen, welchen Wein. Ich glaube, das ist geschrieben. die Daniela war beim Nigel, glaube ich. Jetzt war die Daniela Schlögel, oder? Ja. Beim Nigel? Und Christoph Acker, War woanders, andere Gegend, glaube ich. ob das nicht als Sauvignon Blanc war. Aber gut, das ist eine Zeit her. Der hat mittlerweile sicher schon die dritte Botelle. Locker. Christoph Acker, großartig. Was schreibt da der Christoph? Ja, gar nicht. Ich wollte am allgemein hochnehmen lassen. Ich wollte eigentlich nur ein Stückchen Brot einmal essen. Der geht erzählst mir das mit dem Hut. Was? Der Hut geht immer, oder was? Nein, ja, Blödsinn. Ein Blödsinn, ist eh klar. Schmeckt eh. Man sieht's. Aber die Susanna Faber erinnert mich schon wieder an was. Da spielen wir vor, steht meine Rosenstall, das ist, Ja. das ist in G oder was? Ist ein F, wenn schon. Ist das nicht das, wo drin? Ah ja! Und es ging halt um einen Text von Franz Brandwein, den mir natürlich schon wieder nicht zurecht, weil es ist ja so, ich muss halt ein paar Sachen zurechtlegen. Das habe ich mir angeschaut gehabt, Ach, hier. dann habe ich das schon wieder Wir vergessen. dämmern das gerade. Aber es wir wird immer dämmern das schlimmer. gerade, ja. Es wird immer schlimmer, weil jetzt hätte bald der Franz Brandwein schon das gute Recht zu sagen, leckt mich am Arsch und das gut sein lassen. Aber Franz Brandwein schreibt gerade, ein Hut mit durchkatschte Zwarerbock. ja. Na, aber mir ist es zu schade, dass ich jetzt Nein, dass man improvisiere. Nein, das ist Franz nicht. Brandwein zerknirscht. Du siehst mich zerknirscht mit Asche auf dem Haupt, dass man gar nicht mehr sieht, mein Valent Haar. Das ist wie Aschermittwoch war. Ja. Du bist ja da, Depper, die versucht da gerade ein bisschen. Was versuchst du? Ja, der Franz Brandwein ist eher Haberer. Gott sei Dank. Absolut. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber Absolut. ja. So, jetzt trinke ich mal einen Schluck und dann spielen wir auf der Schoß von der Mama eine Eigenkomposition, die wir das letzte Mal seit langem wieder mal gespielt haben. Ja. Und jetzt da seit dem letzten Mal nicht mehr gespielt haben, aber jetzt spielen wir es Dann nochmal. schlagen. Ja, das Recht habe ich immer, aber ich sag's nicht, Franz Brandwein. Grazie mille, wie wir Italiener, du weißt ja, wir sind ja da Ding, ne? Christoph Acker. Christoph Acker haut lobende Worte ein, das taugt mir.
So, jetzt probieren wir das Beste. Der Text ist von der Monika Kuri. Die auch die berühmte Heiselfrau geschrieben. Die hat die berühmte Text. Text geschrieben, ja. Ja. Und Habibi ist auch von ihr. Habibi ist, ja, das geht mir da anspielen einmal. Und die hat sehr schöne Texte geschrieben, die ich halt dann vertont habe. Und unter anderem war einmal ein Lied, es ist gar nicht so Wiener Lied, eigentlich kein Wiener Lied geworden, sondern erst. Wieder. Und Bröselt. dennoch hat es das Lied auf unsere Platte geschafft. Wiener Vorstadtblut? Nein. Das Wiener Lied lebt. Das Wiener Lied lebt, ja. Glaube ich, ja. Ja. Schon verspielt. Beim ersten Mal gleich. Kopf verlockert, Knie auf die Schunden und die Finger zwickt. Und aufgeschiefte Wunden. Ob schiefere Zonen oder gutes Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, weil mir als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Bolschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Schein oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Sohlen, die ja noch so schwer bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama.
Schon langsam wird's. Schon langsam wird's. Die Nummer ist gar nicht so schlecht. Ich finde es auch gar nicht so Meine schlecht. Meinung, ja. Ich finde es auch gar Seit nicht so schlecht. Jahrzehnten, meine Meinung. Die Achtel Schon von wieder einer. zwischen- Sehr schön sagen, schau. Danke die Achtel euch. von- Das ist das Lied für den Moritz de Hoff, sagt der Christoph Acker. Ja. Text und Musik, Landau Stromer mit Daumen hoch und danke herzlichst. Ich werde es an die Monika weitergeben. Was für ein großartiger Abend, sagt die Johanna Duschel. Danke schön, das gefällt mir. Du schau, Lord, glaub mal, meine Mama wird morgen 50. Darum ist es sehr passend. Wunderbar. Beste Grüße an die Frauen. Ganz Also, liebe eine Grüße. junge Mansche. Eine junge Mansche. Das heißt, ich könnte Vater sein eigentlich. Ich meine, ich bin 46. Ja, glaube ich, bist du 26 oder glaube 25, 26, glaube ich, oder? Du könntest mein Bub sein. Klar, ja. Geht sie bei mir auch gerade aus. Was machst du um 10:30 noch auf? Sag mal, Rotzpippen. Ab in die Hapfen. Ich weiß ja nicht. Ich war mit 21 beim Hofmeister, sage ich nur um halb. Das ist ein Wahnsinn. Schau, Weltklasse, danke Burschen, sagt die Daniela Schlögl. Ganz neue Töne über Leibwand, ganz was anderes. Alter. Markus Bristoli, ja, wirklich wahr, es ist was anderes. Und es ist oft wirklich ein bisschen schwierig, wenn man was anderes bringt. Muss man ehrlich sagen. Ja. Man weiß auch nicht. Es ist immer ein bisschen so, gefällt es euch? Ja, offenbar gefällt es, ja, das ist schön. Aber gefällt es wirklich an jeden? Man traut sich oft auch nicht dann. Ne? Das Ja. Na, weil Franz Brandwehr, das stützt mich auch. Ich hab das gesichert, ich habe den Text und es sind ein paar Sachen, die ich anpassen muss ans Lied. Und ich hab's schlicht und einfach wieder mal vergessen. Also geht sich Und sonst das in ärgert Lieder mich ein, schon. dass sich richtig ausgeht, nicht? Ja, ja. Ärgert mich wirklich sogar gewaltig selber, Ich habe aber jetzt ein ganz anderes Problem. Soll ich Was zuerst denn? mein Zungenwurstbrot da essen, das ich mir gerade hergekriegt habe, oder soll ich zuerst eine rauchen? Ich werde zuerst einmal eine rauchen. rauchen wir eine. Patrick, und du, Zuerst rauche ich einmal eine. schau da was an. Schau da was an. Auch der Hof, ganz großartig, danke dafür. Ist die Herren steigen, Rudi Korbes. Jesus, na ja. Ja. Du pass auf, ich muss kurz Holz schauen. Bitte nachlegen geh gehen. du mal von Holz schauen. Ich unterhalte dabei die Leute ein bisschen. Unterhalte die Leute. Sag mir Während noch was Feines, ich also. mir mein Zigarettel anzünde. Herrlich. Der Klaus ist ja nicht Raucher in der Zwischenzeit. Wie ihr schon mitgekriegt habt, kann man nichts machen. Aber er wird schon wieder anfangen zum Rauchen. Der Klaus tut ein bisschen lüften nebenbei auch, habe ich gerade gemerkt. Also er hat eigentlich nicht nur lüften. Er muss dort hin, wo ich dann auch hingehen muss. Aber wenn euch das Lied auf der Schoß von der Mama so gefallen hat, soll man sowas ein bisschen so öfters sowas schreiben auch? Mit Gewalt schreiben geht halt nicht wirklich. Man kann auf Auftrag schreiben, ja, das macht man auch immer wieder, aber die Schoß von der Mama ist einfach in Klaus damals zugeflogen von der Monika Kuri. Und der hat was Wunderschönes draus gemacht. Also das ist absolut leibend. Die Herren steigen machen. Laut glauben wir, ja, 26, ja, genau. Könnte sogar ich der Vater sein, das geht sich noch immer aus. Laut glauben wir ist 26, ja. Ein Junghupfer. Herrlich, großartig, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Gary 1.0 heizt auch mit Holz, ja. Ich Ich muss auch nachlegen. Das Beste. Ja, bitte, Rainer. Siehst, jetzt weiß ich aber. Jetzt war. Oh, ui. Ich hab geglaubt, das ist wieder so. War kein Fritze Lack. Nicht so wie es da einmal vor dem Ofen da hinten. Das haben wir auch live einmal gemacht. Ja, kann mich noch erinnern. Ja, jetzt weiß ich, warum der immer auf seiner Uhr da die Meldung kriegt. Bewegungsziel erreicht. Was der Bewegung da macht am Tag, das ist ja unglaublich. Man glaubt es ja kaum. Und der da am Tag 30 Mal auf und an rennt, kein Wunder. Das Bewegungsziel ist erreicht. Ist kein Wunder da. Bei dir, du bist wirklich sportlich unterwegs. Ja, absolut das sportlich. gefällt mir. Jetzt hast du mich gerade halb auf die Goschen gehabt. Ich hab's gehört, aber was ist Bist du deppert? passiert? Na, du angefangen mit einer Judo-Rolle quasi. Also mit einem Ansatz von einer Judo-Rolle. Also nur der da. Sind die Fliesen noch drauf auf die Stirn? Ja, Oder? Das ist ja Wahnsinn, was ich da mitmache. Was ich da mitmache. Unglaubliche Szenen spielen sie da. Du, der Most neigt sich dem Ende zu. Ja,
Ich werde dann zwischendurch einmal ein Wasser einlegen, ein Schluckerl. Ein Wasser? Jetzt habe ich noch halb gehört, was hast du gesagt? Ein Wasser einlegen. Ein Wasser einlegen? Einlegen, ja, in den wunderbaren Körper hier. Drauflegen. Ja, mach was du willst. So, der Franz Brandwehr sagt, passt sicher noch zu den folgenden Lockdowns. Ja. Leider ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem. Nein, jetzt wird es bald. Michael Hammer. Sowas wie Mama, solche Pferde wollte ich nicht. Mamachi, schenke mir ein Pferdchen. Das war's, gell? Mein Pferdchen wäre mein Paradies. Mamachi, Solche Pferde wollte ich ich. Ja, nicht. das ist der Heintje hat das gesungen. Und unter anderem, ja. Richard Czapek hat das auch gesungen. Mamachi, schenk mir ein Pferdchen wäre mein Paradies. Richard Czapek. Habe ich eine Aufnahme jetzt auch mit Diplom-Aufnahme, muss ich da mal vorspielen. Hilde Czapek und dank Rudolfo Corbesso habe ich ja einige wunderbare Platten auch wieder geerbt einmal. Und unter anderem Hilde Czapek und Richard Czapek. Großartige Absolut. Sachen drauf. Absolut. Herrlich, Wahnsinn. Na, der Christoph Akovic wieder goschert. Genau. Nach Yoga kommt Judo. Ja, was heißt? Aber lass mir nur Zeit, ich muss mir erst wieder der Fanger von dem Hat sich gut angehört. Aber hast du das Klatschen gehört? Klatschen, das war das, wie mir angefangen haben. Ich glaube, du bist mit den Schuhen hängen geblieben. Ja, Das war eh. so metallisch. Das Ja, ist Klick. nein, das war das Und dann vorher. Fatsch. Und dann war kurz nichts, weil da war er im Flug. Ja? Und dann war das. Dann kam Judo ins Spiel. Aber du weißt doch meistens, also ich schaffe sowas, dass man Stirn auffällt. Ja, Kannst du dich bei der Schöllgabe erinnern? ja was denn? Wie ich gerannt bin von unten weg, da waren doch viele Stufen hinauf, eine gute Buschenschank gewesen. Leider gibt es das nicht mehr in Grenzing. Na, Ganz oben am Berg in der Kobenzl großen. Und die hat relativ viel Stirn aufgehabt, bis wir oben waren. Steil. Steine nämlich. Und ich habe unten mit der ersten da gesessen und bin aufgerannt bis hinein in die Schank. War fast ein Freddy Gradinger. Ja, legendär. Das ist ja legendär. Mit der Harmonika am Pugel. Mit der Harmonika am Bugel und die haben mich nicht erfangen, bis ich oben war in der Schank. Aber das Leibende, während des Laufens, Geht dann irgendwie auf. man sieht das ja, wie soll ich sagen, man sieht ja irgendwie in Zeitlupe. Warum, weiß ich nicht. Man sieht das ja und da merkst du, wie mehr oder weniger alles, was mit dem Überleben zu tun hat, ist irrelevant. Die Harmonika. Die Harmonika darf nicht zu hart den Boden berühren. Und das merkst du in diesem Sturzflug bergauf. Immer nach vorne, ja nicht hintriflieren, Alter. Die Harmonika im Schutz. Und wohl bemerkt, das war wie wir hingekommen sind, also Ja, nüchtern, nicht? Also, Na gut, das weiß ich nicht, aber wie wir hingekommen sind, das stimmt. herrlich. Ja, haben wir das so Frick und Do? Frick und Do ist auch gut, ja. Klausi im Floh, schreibt Rudolf Kornbess. Ja. Ja, was ist das so? McDonald had a farm, ja. Daniela, Dankeschön. Körpergeld ist überwiesen, Dankeschön. Danke. Bravo, Daniela. Beim Geld bin ich Bravo. sofort aufmerksam geworden. Sofort zugehört. Michael Ahammer schreibt, wow, ihr kennt das sogar. Ja, Mamachi schenkt mir ein Pferd. Ja, aber ich meine, spielen kann ich es nicht. Nicht das glaubt. Es war einmal ein kleines Bübchen, das wünschte sich so sehr. Irgendwie so geht es. Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Warte mal. Gibt's die Akkorde? Gibt's die im Netz? Ja, glaube ich fast nicht, aber Mamachi. Schenk mir ein Pferd. Gell. Pass auf, Mamachi. Glitschi. Quarz. Ja, ja. Betty Lou's Guitar Set. Cordify. Für Ukulele, das ist Arsch, das brauche ich nicht. Warte mal, Accept. Ich brauche einen Text mit den Akkorden, dann wieder die Akkorde herzeigen. Braucht kein Mensch. Wir haben es gleich. Ich schaue nochmal über Beinhard. Das schau nach. Der Text war Haben wir vor allem schon. wichtig. Gustav. Der Text war vor allem Patrick, wichtig. ganz glatt verkehrt. Ich weiß, Gustav, ich C, weiß. D. Ein bisschen was spielt sie dann unter, aber das spielen wir mit den Bluschärmeln einen Teil davon. Und so. Ja. Ah ja, genau. Ja, frei. Sollen wir nicht alles spielen? Moment jetzt. Mamachi schenkt mir. Gustav, gell?
Es war einmal ein kleines Bübchen, das bettelte so wundersüß. Mamachi, schenke mir ein Pferdchen wär mein Paradies. Darauf bekam der kleine Mann ein Schimmelpaar aus Marzipan. Das sieht er an, er weint und spricht: Solche Pferde wollte ich nicht. Refrain. Mamachi, schenke mir ein Pferdchen wär mein Paradies. Mamachi, solche Pferde wollte ich nicht. Zweite Moment, ne? Ja. Die Zeit verging, der Knabe wünschte vom Weihnachtsmann nichts als ein Pferd. Da kam das Christkindlein geflogen und schenkte ihm, was er begehrt. Auf einem Tische stehen stolz 4 Pferde aus lackiertem Holz. Die sieht er an und er weint und spricht: Solche Pferde wollte ich nicht. Mamachi, schenke mir ein Pferdchen wär mein Paradies. Mamachi, solche Pferde wollte ich nicht. Das ist eine dritte Strophe, ja. Dann stirbt die Mutter jetzt. Ja, ganz tragisch. Und es vergingen viele Jahre, und aus dem Knaben war ein Mann. Dann eines Tages vor dem Tore, da hielt ein herrliches Gespann. Vor einer Prunkkalesche standen 4 Pferde reich geschmückt und schön. Die holten ihm sein liebes Mütterlein, da fiel ihm seine Jugend ein. Mamachi, schenk mir ein Pferdchen wär mein Paradies. Mamachi, Trauerpferde wollte ich nicht. Oskar Schiemer, ne? Das steht da nicht. Was sagt's? Was sagt's, wie haben wir das gemacht? Oskar Schiemer, ja. Wunderbare Nummer, ja. Ja, ich weiß, es viele Leute stehen auf die Nummer. Mir liegt es nicht ganz so, aber es ist eine erfolgreiche Nummer. Superchats sind da einer geflogen, du sagst nichts, Patrick. Aber 100 Superchats. Na, weil du so konzentriert warst. Also du hast gespielt, Entschuldigung, ja, du hast gespielt. Was haben wir gekriegt? Warte. Warte mal, Michael Ahammer, ob das was wird? Ja. Herbert Weißböck, habe ich die tolle Lied auf der Schoß von der Mama, gefällt mir aus. Danke dir vielmals. Warte mal. Ah ja, Mama, das sollst du nicht um deinen Jungen weinen. Das war, oder war das? Nein, das war dahinter. Ja. Also pass auf, Michael A. haben wir mal 15 €. Danke dir herzlich. Dankeschön. Natürlich zu den Gläsern. Aber Ui, jetzt müssen wir dann schon. Gesundheit. Michael, danke Michael, dir. danke. Ja, und da geht's gleich weiter. Fun with Privacy. Für den Hut, aber die Wassertrinkerei muss wieder aufhören, zumindest vor der Kamera. Du trinkst so viel Wasser vor der Kamera? Ein Schluckerl habe ich getrunken, was? Ja. Mit Perlsäckle Ich wieder vollkommen recht. Warte mal, das ist wirklich. Der trinkt ein Wasser und bei mir fangen die Plomben zum Rosten an. Hat das einen metallischen Geschmack oder Ja. was? Eigenen? Ja. Boah, muss sofort. Das morphische Feld ist das. Ja. Danke, Chef, für deinen Zum Wohle. Superchat. Danke. Dankeschön. So, der Most ist aus. Was Go soll ist man der machen? Most. Der ist in der Hosen jetzt pro. Nein. Holst du entsprechend unseres. Ich eile. Eile nicht. Aber ich muss es ja posten. Unser Winzer-Dauertester zum letzten Mal heute für die nächste Zeit. Das Strauchernstl. Für den Heintje fehlt dir 2 Pflastersteine. Franz Bratwein, du bist köstlich. Was, Daniela Schlödel?
Der Christoph Acker macht mich fertig. Jetzt finde ich das auch nicht mehr. Ich bin komplett. Christoph Acker, So, ich komme gleich. das sind jetzt schon 3 Schluck. Für Daniela Schlögl, Michael Ammer, Founders Privacy. Daniela Schlögl? Trink ja einen Schluck. Ich habe ja nichts. Ich muss dann Weingläser besorgen. Das ist ein Wahnsinn. Wollte ich als Kind auch immer, jetzt nur noch Mopeds. Christoph Radau. Also ein Pferdchen. Na, Pferd hat mich nie interessiert, muss ich ehrlich sagen. Nicht, aber ich war ja als Kind, wie wahrscheinlich viele, ein irrsinniger Western-Fan und das Ganze, und habe ich auf das gestanden. Und Pferd, und das hat mich schon, aber so, na, die Pferde haben mich immer, ich liebe Pferde, mir haben Pferde immer fasziniert, aber nie in dem Zusammenhang, dass ich sage, naja, ich will eins haben oder ich will reiten unbedingt oder sowas. Das ist mir mein Motorrad auch lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich echt sagen. Schau, Matti haut der Mecke, haut auch eine Achtel und danke dafür vielmals. Karl Busch, endlich bist du da, können wir endlich auffangen. Na, großartig. Ja. Was habe ich da noch? Michael Ammer, jetzt weine ich ein bisschen. Okay. Ja, gut, verfreut darfst du weinen. Der Franz eben, ihr macht sogar aus diesem Lied etwas. Na, ehrlich, glaubst du wirklich? Ich meine, danke dafür, aber ein Nussschnaps für zwischendurch. Die Daniela Schlögl hat eine Idee. Der Wein ist ein Luder, probiert es gerade zu lernen und braucht eine Referenz, von wem der gescheit kann. Naja, ich kann es nicht, aber wir können natürlich schauen. Haben wir einen Text, wo? Oh Bruder, Frau Mutter, der Wein ist ein Luder. Wein ist ein Luder. Das ist ja nur eine kurze Nummer, oder? Ist ja das. Patrick, das müssen wir spielen. Was, der Bruder von Mutter? Ja. Der Aschbacher Franzl vom Heiligen kommt zu Hause. Ja, eben, bah, wie geht denn das? Weißt du das, wie das geht? Nein. Der Philipp hätte es gern gehört als Referenz. Die Daniela hat euch Körpergeld überwiesen, sagt der Christopher. Keinen Superchat. Bleibt dahinter raus mehr über. Sollten doch 2 Schluck wert sein. Das stimmt schon. Patrick, 2 Gläser, wir müssen auf die Daniela schlucken. Die Daniela schlucken ist sehr gut. Ja. Ich bitte schön, Herr Kollege. Mach mal Dichter. Danke herzlichst, Christoph Acker, für den Hinweis. Ja, das ist natürlich ein. So, Songtexte. Der Wein ist ein Luder. Geh auf. Geh auf. Der Aschbacher Franzl vom Heiligen kommt Geht's aus. Er hat einen. Akzeptieren. Die depperten Cookies. Tja. Ich schenke derweil einmal Schenke. unserem Winzer Dauertester Das ist ein Schwein. Weingut Strauch. Geht ja gar nicht. Herrlich. Das geht nicht. Wiener Weinstrauch, Goldmedaille, Wiener gemischter Satz, ihr kennt sie, glaube ich schon. Herrlich. Auch diese Flasche wird uns eine leere sein. Das kannst du auch nicht mehr. Der Wein ist ein Luder. Bitte. Das sind alles so komische Seiten dazu. Lyrics. Na, gar nichts. Few Chords. Das ist ein Wahnsinn. Das hilft halt gar nichts. Der Lord, glaube ich, mal geht schlafen. Siehst du? Was den Hodin Das gehört sich so. 26 Jahre. Geht ins Bett. Dank der Chefin Most. Ja, den habe ich. Ja, da ist ja drinnen. Dank der Chefin Most. Glaube ich mal ab 4. Gott. Der Bis weiße zum Hut nächsten. ist da drinnen, ja. Das stimmt. Oder Das wenn nicht, das sind auch kein Hefteln drinnen. ich mir gedacht, das ist leichter so. Aber, ja, das ist... Das habe ich immer gedacht. Charlotte Ludwiger, die Wiener Liederrepertoire. Ja, so ist da. Der Wein ist ein Luder. Ist aber eine Kleinigkeit. Ja, das gibt es ja nicht, dass es da keinen Text gibt. Auf die Schnelle finde ich jetzt keinen Text. Aber ist wurscht, ich kann sagen, der Einschweiner Franz war beim Heiligen Haus. Der E-T-Shirt 8 Achsen, So irgendwie. 3 Pendeln die Uhr. Habe ich die Ehre, hat der Bauer Ein gesagt, Ringel nachdem er spricht sich das die Hosen- Lavur. Der Herbert Weißböck, der hat ja, habe ich die Ehre, hat der Bauer gesagt, nachdem er sich in die Hose geschissen hat. Ist das aber ein Most, der ist viel schneller gewesen wie ich. Eieiei, da geht's zu. Was ist eigentlich mit Habibi? Das kann ich glaube ich nicht. Im Hodener Buch müsste es drinnen sein. Ja, ist drinnen. Denk mal, Das ja. habe ich eh umliegen. Ich glaube schon. Nehmen wir mal einen Schluck jetzt auf die Daniela, weil die Daniela gerade die Ja, schreibt. genau, jetzt einmal auf die Daniela. Sehr zum Sehr zum Wohl. Wohle. Daniela, danke dafür mal. Sehr zum Wohle.
Und auf dem Flur dann, habe ich auch was in den Hut geschmissen, kannst du auch trinken, wenn es euch danach ist. Es ist uns danach. Es ist uns Flur danach. dann danke Sehr schön. zum Auf den Wohle. Wohl, zum Wohl. Prost, Prost. Aber ist auch lustig, gell? Das Das trägt süß. ein Wein auf jetzt. einen Most, gell? Ganz anders. Schmeckt wie ein Spätlese. Ein Wahnsinn. Interessant, ja. Habibi müssen wir machen, ja. Habibi müssen wir machen. Alles klar. Machen wir, spielen wir. Wir haben ja ein paar Lieder, die wir spielen müssen. Das ist ja Wahnsinn. Was denn den hat ich noch? Ja, liegt da oben, aber das nutzt nichts. Ich glaube Ja. nicht, dass wir das gescheit zusammenbringen. Nein, ist nicht gut. Das können wir aber beim nächsten Mal machen. Das ist überhaupt eine gute Nummer. Ja, in Refrain spielen wir hin und wieder. Ja. Also, wir nicht, aber Unvergessen die Interpretation von Pepe Matoschek, muss ich sagen. Also, für mich. Der hat mir so als Sprechgesang diesen Vortrag nicht gesungen, sondern so, war echt leibend gewesen. war super. Ein 2 Meter Regel, 1,90 oder so war. 1,86 so wie ich und so 20 Kilo mehr. In besten Zeiten. 1,86. Der hat mehr gehabt als 20 Kilo mehr. Da war schon eine Regel. Da war es ja noch schlank. Heute vielleicht 20 Kilo, naja. Heute 20 So Kilo viel mehr. wird er Ja. gar nicht mehr gehabt haben. Oh, 20 Kilo mehr. Ja, schon. Ja. Auch Schuhgröße 48 wie meine Wenigkeit. Da hat die Beute gesagt, die eine liebe Kellnerin vom Weinstock, die hat damit Pepe Matoschek gehabt, wir haben privat gespielt bei einer daheim. Die Beete frisch gesät im Frühjahr. Pepe beim Nachhausegehen auch schon etwas Wein trunken, wie man so sagt. Na, Steigt mit der Quetschen zurück ins Bett, eine mit die 48er, da ist 3 Jahre angeblich nichts gewachsen. Pepe, Beute, Entschuldige, ich bin nicht da ins Bett gestiegen. Beet, nicht ins Bett. Ins Bett, ja, ins Bett. So. Auf Flur meint, mit das heute XXL, ich fürchte Ja. mal, muss morgen ins Studio. Der Eigentlich geplant ist nicht. Nein. Der Straßenrand meint auch, der gute Freund muss sein, ja. Johanna, du schon stößt mir was. Warte, jetzt müssen wir was spülen müssen, sonst vergiss ich alle. Entschuldigung, da fuhr der Mund, aber das Brot ist auch sehr gut. Ein reines Roggenbrot ohne Hefe. Ein Genuss sondergleichen, ja. Wirklich gut. Man, ich weiß, es gehört sich natürlich nicht. Werner Wichtig ist auch dahin. 4. Für die Gott wäre wichtig, schön, dass du dabei warst. Und extra für Ich muss jetzt ein Wasser drin nehmen, es tut mir leid. einen Schluck Wasser, schnell. Wieder weg. Passt. Also eine Kunst, wo wir das eigentlich kennen, allein für das gehört uns ja ein Ja, Applaus. Wir essen und singen gleich danach. Und trinken Wasser, da blendet sofort die Möglichkeiten ein. Und sein Schwart ist so ganz aus. Ja. Was die Johanna Duschel, mein Akku ist bald laut. Also gut, stell's mir was hinstellen. Steht's an eine Rose im Stall, bald kriegst zum letzten Mal ein Sackel haben und ein Heim. Dann hängt's das Geschirr an die Wand, bald kriegt's ein Halfterband. Dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt's mir die Bätschler weg, stellt's mir's wo in ein Eck, damit es nimmer schaut's daher. Hängt's an die Tür Schluss, dann sind's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer so die Fuhrleut kenn. Die letzte Fuhr, das war kein Fahrt ins Paradies. Das hab ich kummer gesehen und das war mir gewiss.
Die Rosen haben nicht mehr gezogen wie früher mal am Strand. Die Hufe und gelungen wie ein Abschiedsgesang. Sie waren mein Stolz, die Rosen und auch mein Freund. Heute rinnen dran und schöner wie die Zeit. Stütze meine Rose in Stall, heute kriegst am letzten Mal a Sackel haben und daheim. Dann hängst das Geschirr an die Wand, heute kriegst ein Halfterband, da kommt der Abschied für uns drei. Nehmt's mir die Peitsche weg, stellt's mir's wo innen hin, da will ich's auch nimmer, schau jetzt her. Hängt's an die Tür geschlossen, dann seid's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Vorleid käm. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit. Spiel ich den Trottel für die Leute und manches Mal platzt mir der Kram. Da kennt den Wursteln jeder Schlag, den Kasperl spielen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund hast Einsamkeit und bin einmal ganz allein, so sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Und so mach mein Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Wein vereint, aber trotzdem hab ich nur einen Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund hast Einsamkeit. Bin einmal ganz allein, so sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das End mir gebracht. Kein Mensch mehr über mich dann lacht. Also mach die Augen langsam zu und geh alleinig dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Habibi.
wohnen wir schon im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt vom anderen noch und noch. Wir haben ist da und sein ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben viel erlebt, worden im Unglückverein, ja wir sind die besten Freunde. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gingen ins gleiche Glas. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere Bräuche, anderes Essen. Aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Mein Heimat ist da und seine ist fern. Aber wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben viel erlebt, waren im Unglückverein. Ja, wir sind die besten Freunde. Habibi nennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener, er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi nennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Jawohl, du hast schon lange wieder nicht gespielt. Ja. Habibi, Habibi. Boah, Text Monika Kuri. Wiederum Text Monika Kuri. Ich habe mir die Ehre herausgenommen, die Frechheit herausgenommen, diesen Text zu vertonen. Euch gefällt's, die Achteln fallen eine. Herrlich. Jawohl. Thomas Klagenfurt geht schlafen. Recht hast. Vierte gut, schlaf gut. Gute Nacht. Habibi soll hochleben, Herbert Weißböck. Fritzl der Fritzl. Fritz Status ist ja wirklich einer der treuesten bis zum Schluss immer, gell? Das taugt mir. Das taugt mir. Die gefühlvollen Nummern taugen mir fast am besten. Markus Bristonik, ne? Das gefreut mich. Ja, viel. Na, heute haben wir sehr viel gefühlvolle gespielt, genau. gell? Jana Duschel, gute Nacht, bitte gut, schlaf gut. Auf bald. Na, schau, die Achteln, ein Wahnsinn. Danke euch, danke schön. Ich muss noch ein Schlückchen nehmen. Bitte, 60 Zuseher sind noch da. Wirklich? Ja. Wirklich wahr? Naja, gut, ich meine, da gibt es ja kein Schluss machen jetzt auf die Gache. Ich meine, zahlen ja alle noch was. Ich bin frech, ich weiß eh. Heu Hut, wenn nicht eine Schuster Emil, Aussage. Auf CD verewigt. Ein Wahnsinn. Flutern sagt Supernummer noch nie gehört, ja. Ist bei uns auch, ich glaube auf der das Wienerl lebt. Oder auf der Vorstadt. Nein, Auf das der Wienerl Vorstadt lebt. Plus, glaube ich. Nein, glaube ich nicht. Sind Da ist überhaupt die schon- Heiselfrau drauf. Ah ja, da ist die Eiselfrau drauf. Da wird da der Habibi Da auch. ist der Habibi, glaube ich, auch drauf, ja. Ja, stimmt. Ich habe kein Zeitgefühl. Ich glaube auf der Vorstadt Plus, ja. Karl Busch, Prost. Ja, Karl Busch, Karl Busch, haben wir ja ja. vorher schon, stützt mit der Rosenstall. Dein Großvater, glaube ich, ne? Hat er das geschrieben? Weltsache. Knipferharmonika ist ja so schwierig. Nage, wenn man spielen kann. Habib ist ein iranischer Taxifahrer aus Köln, der mich schon oft im Snooker geschlagen hat. Christoph Radau, bravo. Ja, ui. Aber das ist der Habib. Der Habibi ist ja eigentlich sehr Gerne liebkosende.
liebkosende Form von Liebling, Schätzchen, oder auch der sehr gute Freund. Also der echt enge, der enge Haberer, der enge Freund, sehr enge Freund, der Haberer eben. Der Haberer. Der echte Haberer, das ist also der Habibi. Max und ich wünschen eine gute Nacht. Bei Max läutet der Wecker um 4 Uhr. Dann Herr Schlögl, dann schau nur bitte, dass ich ihm nicht her. Gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. Danke für Viert euch. Da werden wir gar keinen Nussschnaps getrunken von der Daniela. Natürlich. Aber wenn du schon schlafen gehst, können wir jetzt auch keinen Ich habe gestern einen getrunken. Ich trinke Nussschnaps. Ja. War notwendig. Das hat der Christoph Acker lieb. Könnt ihr eine Nummer ohne Gefühl spielen? Geht das? Also ich glaube, fast alle Nummern spielen sie gefühlvoll. Ja, ohne Gefühl ist wahr. Ist wahr. Ja. Gehen wir wahr zusammen. Den hätten wir schon zusammenbringen, wenn wir wollten. Aber das wäre gefühlvoll, gefühllos. Ja. Ja, aber... Es macht ja keinen Spaß. Genau. Warte, das wollte ich nämlich immer schon machen, weißt du, man Was ist los? ich wollte das einmal machen. Ist der Ofen? Ich hab den angekratzt, ich hab den nachgelegt. Der knistert. Dieser, ne? Ja. Ich höre nur den Lüfter vom Laptop. Und den Kühlschrank her ja. Den höre ich auch, ja, ich höre viel, aber... Tut mir leid, ich muss mir jetzt noch ein Brot nehmen. Ich bin... Bitte nimm dir ein Brötchen, ja. Soll ich einen Speck? Willst du einen Speck? Nein, danke. Das ist, Bitte nicht? Nein. Ich arbeite gerade den Most ab, weißt du, der war köstlich. Der Franz Brandwein sagt, dass vollkommen richtig ist. Den Wecker hätte da schlagen. Franz Brandwein, da sind wir auf einer Welt. Wir hätten wahrscheinlich viel Wecker daheim, kann er nicht funktionieren, weil es alle zusammen. Markus Pristoni schreibt, ich dachte, das kommt aus dem Arabischen und bedeutet übersetzt Bruder. Na, Habibi bedeutet eigentlich Schätzchen, Liebling. Liebling. Aus dem Arabischen, ja. Habibi. Also aus dem Arabischen, soweit stimmt. Ja. Bruder, ja. Ich meine im Sinne von, also nicht Bruder im Sinne von Bluts, also der blutsverwandte Bruder, sondern der sehr, sehr enge Freund. Also der Habibi ist entweder das wirklich das Liebling, Schatzal, Herzelein oder wie auch immer, oder eben der wie ein Bruder, der Freund. Ist der Freitag die Chick von Patrick und dann gehe ich auch schlafen. Viel Spaß dann noch. Jawohl. Oi. Dann nicht der Schlögl. Das gefällt mir. Uli Slonek, wofür? Wofür was? Was soll ich? Was habe ich gesagt? Habe ich Entschuldigung gesagt vielleicht? Entschuldigung, und der Uli Slonek sagt wofür? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Wann ist das war? Ich habe mir gedacht, der Haberer ist der Bettgenosse, also derjenige, mit dem man früher das Bett geteilt hat, also beim Schichtwechsel. Ob das, es kann sein, dass es natürlich auch eine Bedeutung ist, aber der Haberer aus dem Jiddischen, Das ist Jiddisch, ja. das ist der gute Freund einfach. Ja. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden, Rudi Korbes. Da könnte man nicht das Freundschaftsmedley einmal machen. Geht er machen. Nur bei der Karl Buschmann, naja, dürfte sich Haberer aus dem Habibi ableiten lassen. Nein, der Haberer kommt aus dem Jiddischen. Das ist ja das besonders Leibende der ganzen Geschichte. Der Haberer, das ist definitiv aus dem Jiddischen. Und der Habibi ist aus dem Arabischen. Und trotzdem heißt es im Endeffekt einfach nur guter Freund. Also Lied ohne Gefühl hat der Uli Slonek. Ja, genau, wozu ein Lied ohne Gefühl? Ja, geht gar nicht. Na, aber das hat ja der Christoph Acker als sehr nettes Kompliment gemeint, dass wir gar kein Lied ohne Gefühl spielen könnten. Und wahrscheinlich aber es wird schon gehen. Also wenn man jetzt sagt, du musst spielen, es ist spät und jetzt, weil ich würde es nicht, ich will nicht sagen, wie soll ich sagen, Spiele ich auch nicht ohne Gefühl eigentlich. Nein, es kann schon sein, dass man wirklich einfach bei gewissen Situationen, wo das Publikum nicht denkt, wo einfach nichts passt und du spielst und dann kann es schon sein, dass das heißt, jetzt spielst du und du spielst dann, das kommt schon vor. Selten, Gott sei Dank, aber es ist schon, muss man ehrlich sagen, das kommt schon vor. Kommt schon vor. Das spielt dann meistens auch persiflierend eigentlich. Ja, oder dann machen wir uns einen Spaß draus oder was. Oder so. Ja. Also irgendwie Ja, auf so. irgendeine Art und Weise haben wir dann immer ein gewisses Gefühl dabei, aber
So wie der Uli Slonek richtig das fragt, wofür soll das gut sein? Er lernt doch nicht viel spielen. Herbert Weißböck hat gerade nachgeschaut, Habibi ist ein von Arabisch Habibi abgeleiteter persischer Familienname, der wörtlich in etwa mit mein Geliebter übersetzt werden. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Der Speck ist ein Wahnsinn. Ja. Kinder, ich werde nicht gut schlafen. Aber wurscht. Der ist so gut. Wisst ihr nicht? Ja? Nein, wirklich nicht, nein. Ich hätte ihn aber Es geschnitten. liegt mir zu schwer im Magen. Ich werde Ja. mir auch Zungenwurst essen. Genau. Noch, weißt du, das ist ja fast eine Diät essen. Ja. Ja, aber Marvihof also generell wird es eher mit meinem Schatz übersetzt, ja. Aber es stimmt schon, mein Geliebter, aber sehr eng. Also eben, Habibi heißt nicht nur mein Freund, sondern mein sehr, sehr guter Freund. Mein Geliebter, mein Schatz. Das hängt da zusammen. So, pass auf, wieder umstellen. Brädeln umstellen. Was haben wir gesagt, müssen wir jetzt spielen, ne, Patrick? Es ist schön mit als Freundschaftsfähig. Wirtschaftsmittel machen wir noch. So muss man es essen, es tut mir leid. Ich habe so viel geredet heute und gesungen und geredet und da und getrunken und nichts gegessen. Das kann nicht gesund sein. So, verzeiht mir, ich muss mal kurz einen Strom holen. Der Christoph Acker. Da musst du draufdrücken. Irgendwo da. Ja, irgendwo ist ein Schalter. Christoph Acker, ich bin dafür, dass die Pavlatschen heute erst dann aus ist, wenn sie den Speck zusammengegessen hat. Dann würde sie heute nicht mehr aussehen. Geht sie nie aus. Das geht sich nie aus. So, ein kleines Stück Brot und dann spielen wir was. Dann spielen wir was. spielen wir was. Keine Panik, aber Das dazwischen Freundschaftsmittel könnte man möglich machen. Jetzt. können wir machen. Da Freundschaftsmittel? muss man mal ein Stück an Käse nehmen. Jetzt schon lange zwischendurch einmal. Ja. Das ist Ich schnell. will ja auch wieder einen Kass. Also, ein Rianten. Jetzt habe ich wirklich einen Hunger. Aber Es gefällt mir eigentlich, es schaut uns so beim Essen zu, es ist herrlich. naja. Wir sind ja nicht dazu gekommen. Also davor. mache ich was wir als Kinder nicht dürfen haben. Ja, mit Scharfmesser. Mit Brotmesser hat man es ja nicht gemacht. Sondern mit so einem scharfen Messer aufgespielt, mit einem Taschenfeil. Mhm. Das war überhaupt. Der Opa hat das immer gemacht. Ja. Oder ein Apfelspeitel. Das ist auch gehabt. Das Apfelspeitel. Und dann hat eine, da Bier. Und dann nimmst du das mit den Fingern runter. Nicht in den Mund rein. Eine Zungenwurst kann wirklich was. Aber um die Zeit würde ich mir das nicht mehr trauen. Da hätte ich morgen gleich 2 Kilo mehr. Michael Hammer, wir werden morgen 2 Kilo mehr haben. Aber es ist für die Show. Wir opfern uns. Der Käse ist übrigens ausgezeichnet auch. Ja, Robert Aristoteles Rapoldinger sagt das richtig. Das mit Speck geht nicht, weil der Klaus ja Intervall fastet. Ja, aber das heißt, wenn ich jetzt noch weiter is, dass ich morgen frühestens um 3 was essen Ja, kann. den Schweinsbraten am Abend können wir schon essen. Dann. Am Abend gibt es einen Schweinsbraten. Richtig. Ja. Wir machen einen Schweinsbraten. Den müssen wir holen. Also vor 12 Uhr müssen wir in den Kirchschlag stehen. Das ist ein Wahnsinn. Es tut mir leid, aber jetzt wirklich, mir schmeckt das total. Aber wir sind ja unter uns. Eben. Ja? Wir sind schon nur mehr 52 Zuseher. Das macht ja nichts, aber die Elite. Ja. Die meisten Leute müssen arbeiten gehen. Ja. Nicht wie wir. Wir sind das schmarotzende Volk. Das ist mir neu. Ja. So Wahnsinn. Aber ich bin gleich bereit, um das nächste Lied anzustimmen. Da haben wir wieder ein Medley, das Freundschaftsmedley. Und ich freue mich schon viel, wenn ich wieder mit Rodolfo Carpesso, wenn wir wieder gemeinsam spielen. Weißt du was, das spielen wir dann auch zu ihm. So war es mal draus an der Alles. Ja. Das spiele ich beim Taschel mit dem Rudi. Darum kann ich schon nicht mehr, ich habe schon vergessen. Wahrscheinlich. Ich kann es auch nicht mehr, weil wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Ja,
Christoph Acker, der hat das genau richtig gesagt. Wir machen ja Yoga in der Früh. Rudi Korbe sitzt ja auch schon bei der Knoblauchwurst. Ja. Sehr gut, sehr gut. Weil der Flur dann fängt dann an. Vom Marvihof, erstens Marvihof hat ja nur Rinder. Und das ist ja Schweinspeck. Schweinespeck. Nein, aber der ist da aus Kirchschlag vom Fleischhauer. Vom hier Ortsansässigen und der ist erwählt. Die bucklige Welt tut euch echt gut. Schaut echt gemütlich aus und gute Stimmung. Meine erste Ausfahrt führt sicher dorthin zum Marvihof. Straßen 1, absolut dafür. Bravo, bravo. Wie du hast gehört, Straßen 1 kommt in die bucklige Welt. Nein, das ist vor allem da, Motorradfahren ist das ein Traum. Das ist da ein Traum. Weil es einfach eine schöne Gegend ist, eine wunderschöne Gegend und sehr, sehr, sehr viel. Ich meine, es ist keine Rennstrecken da, also da kannst du nicht fahren wie eine gesenkte Sau, aber schöne Kurven, schönen Ausblick, schöne Landschaft, das ist da ein Traum. Der Speck schaut wirklich köstlich aus, sagt der Hof, und ich sage dir, der Hof, der ist köstlich. Der ist mit Chili, das ist richtig scharf. Das ist der einzige Fleischer, den ich kenne, die Abstufung hat zwischen Paprikaspeck und scharfer Speck. Das ist der scharfe Speck, das ist gut. Bernardos Motto ist auch dabei. Ein bisschen spät. Ja, ein bisschen sehr spät, nicht? Aber es ist nie zu spät einmal. Ne? Also ja, aber bin ein bisschen spät. Habe mit meiner nun Teenager Tascha her. Das heißt, sie ist jetzt 13. Beste Glückwünsche. Die Billie Eilish Bio angeschaut. Das ist sicher interessant. Sicher interessant, Billie Eilish, aber- ganz großartig mit ihrem Bruder, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Finnegan? Finnegan? Danach? Nein, also, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Aber er ist ein Weltproduzent. Georg Scheurer schlaft. Also geht schlafen. Gute Nacht, danke Gute schön. Nacht. Jetzt muss ich nachfragen, sagt der Michael Ammer, der Klaus hat die Klause wo, weil heute seid ihr woanders. Ist das mein Patrick? Nein. Das ist auch meine Klause in der buckligen Welt in Bad Schönau, im Gemeindegebiet Bad Schönau. Ja, recht hast. Und es ist nur so, tatsächlich normalerweise haben wir entweder die Aufnahmen gehabt in diesem Raum, aber dort in der Richtung, oder die letzten Male waren wir oben, Einen Stock höher, quasi aber ja. im sagen wir jetzt einmal Wohnzimmer, Atelier, Studio, wie auch immer man das sagen will. Das war da oben. Und heute haben wir gesagt, na, wir bleiben aber hier unten und machen mal wieder was anderes auf. Der gleiche Raum schaut nur anders aus. Phineas, genau wie man schreibt. Phineas ist Phineas, ja, der ist Weltklasse, absolut. Der Phineas. Das ist der Bruder von der Billie Eilish. Aber die Billie Eilish, sie kann singen halt auch. Nicht? Und das ist schon so ein Punkt, wo man dann sagt immer, naja, heutzutage kann ja schon jeder Star werden, ne? So wie eben die Billie Eilish. Und da sagen wir, na Moment, da muss ich ihn einmischen. Erstens der Phineas, der kann das, was er macht, der ist ein Produzent, ist ein Musiker, weil ich habe einmal gehört, wie er sie auf der Gitarre begleitet hat und sie haben ihre Lieder nur quasi mit Lagerfeuer-Gitarre begleitet und da haben sie so gespielt, gesungen. Also der weiß schon, der kann Der das weiß, schon. was er tut. Ne? Also er kann es musikalisch und er kann gut produzieren. Und sie, die Billie Eilish, kann sehr gut singen. Punkt. Punktum. Jawohl, der Hof, genau. Die Kurven sind ein Hammerladen zum gemütlichen Cruisen ein. Für bucklige Welt ist ein Traum. Und immer dann schaue ich, dass ich das immer so time, dass ich dann, weil quasi die nächste Ortschaft ist dann Grumbach und dort ist der Eiskreisler daheim. Ja? Und da, egal von wo ich komme, von der Aschbanger Seite oder von der anderen Seite, egal von wo ich komme immer ober und ich sehe schon zum Eiskreis, da kann man immer vorbeifahren. Kann man immer. Die Morgenshow war oben, nein, ja genau. Wann die Morgenshow von da war, die war von oben. Da wo ich im Hintergrund in den Ofen gehabt habe. Die war das obere Stockwerk. Ja, Herbert Weißberg noch unbedingt. Ja, Herbert Weißberg, erstens ja, mit dem Motorrad herfahren und zweitens definitiv sicher, dass du ein Zimmer brauchen wirst. Landtagsstrom hat schon gesagt, im Juni vielleicht. Ja, Ja. Bucklige Welt, aber ein Traum.
du hast da keine hohen Berg. Ne? Also wirklich so, Eine Hügel. irrsinnig liebliche Landschaft, möchte ich fast sagen, ist das da. wie? Absolut lieb. Kann nicht einmal was anderes sagen. Was? Ja, recht hast. So, ein Stück an Schinken drauf und schon bin ich bereit zum Spülen. Ja. Rodolfo kann besser. Mein lieber Rudi. In Wüten auf der Maschine kann ich nicht leider. Ne? Aber das haben wir uns schon irgendwie ein bisschen im Hinterkopf gemerkt. Da will er mit seiner Maschine. Das müssen wir uns wirklich einlernen. Ja. Ja, in der buckligen Welt darf man sogar mit 96 dB fahren. Ja. In der buckligen Welt kannst du mit alle dB fahren, weil auch jeder Traktor da ist, leider. Gibt es schon einen Satz heute Morgen schon? Ich mag gar nicht mehr ORF, und Michael Achamer. Nein, ich meine, so wie es ausschaut. Aber ich mache die morgen schon. Ich werde es wieder machen. Aber wirklich nur eine Stunde? Das kann man ja machen. Ja sicher, warum? Ein Kaffee. Warum nicht? Ich bin auch Einen Kaffee dafür. überlassen, Mach's, bitte. morgen schon Mach's. plaudern. Und nach einer halben Stunde geht man wieder weiter. Kaffeeplauschel. Vielleicht werde ich es machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Der Moped-Star, der Flug dann. Boah. Ah, so schön, ist zu späte Stunde schon jetzt. So wie das Wasser da wie steht. Das ist ja mein Glas an. Geh mir da nicht aus. Ja, ja, mein steht da. Immer griffbereit. Auf dich einmal. Schön, dass ich hier zu Gast sein darf heute. Ich freue mich wieder. Mit großer Freude. Selbstverständlich. Absolut, ja. Wir halten unseren 2 Meter, 3 Meter Abstand. 12 Meter. Aber darf man, ne? Haushalt? Zwei Haushalte. Ja, genau. Ja. Ich meine, das ist ja berufliches Zusammenkommen, ne? Warte, apropos Beruf, da tue ich jetzt nochmal das mit Schmattes. Ich grüße uns eh nirgends um dumm. Also, Ich habe das mit Schmattes noch Wunderbar. einblenden wegen Beruf. Rodolfo Corbesso, was schreibt er? Ich glaube nicht, dass du nach einer Stunde aufhörst. Naja, das ist Ja, das ist die Gefahr. Die Gefahr besteht beim lieben Klaus. Ich kenne ihn lang genug, aber. Was fängt das an? Eben, ja, ne? Das ist schön. Es ist schön, ein Freund euch zu werden, der mich anschaut und ehrlich sagt, ich hab dich gern. Du bist gestanden in mir wie ein Mann und jeder will für den anderen sein daheim. 20 schön waren Zähne mal zwei, so wie es halt sein soll. Bei 2 Nächte Haberan und der Himmel war ewig voll Stern. Es ist schön, mit einem Freund euch zu werden. Es ist schön, mit einem Freund euch zu werden. Schau dir deine Freunde gut an, wer sie ehrlich mit dir meinen kann. Sonst siehst du vielleicht eines Tages gar rein. Du bist auf der Welt ganz allein. Solang du was bist und was hast, solang ist man gern bei dir Gast.
Doch bist du im Leben einmal ganz passé. Oder Floch. Ja, dann sagt falschen Freundel von Ade. Ich sitz auf der Wiese, ein großer Mehr, die Box hat zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nasen herum, ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An der Arbeit, ich ging nicht einmal mehr ein Traum, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Kommt der schönste Land weit weg daher, da spring ich vor Freude, was brauch ich schon mehr? Zwei Egeln schon fest in den Männern hinein, als sagen, sie möchten einige sein, aber noch ein paar Puzzle, sag ich geh schon heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. Papageno, du kennst deinen Job, lass es zwitschern! Und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt Klase, du Gauner, geh her da zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, seh ich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Mach mal einen Nachschlag. Mit Schlag oder was, bitteschön. Yeah. Yes, sir. Je später die Stunde, umso schneller spielen wir. Du musst hin, du musst hin. Ah, wie der ist. Weitergehen. Das war Double Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Viel zu schnell, aber Leibwand hat mir Spaß gemacht, jetzt muss ich ehrlich sagen. Ja, ich kriege einen Krampf in der, im Unterarm. Das ist ziemlich angedacht jetzt. Ja. Schön, schön. Die Achteln fallen rein. Die Achteln. Ja. Philipp Zahn, starken Hand. Karl Busch, gute Nacht. Gut geschlafen, Leute. Bravo. Schlaf gut. Kapuze, Kapuze, sagt der Matti hat der Maike. Matti hat der Maike. Kapuze, Kapuze. Das war das schon, es hat geschneit. Aber Kapuze, Kapuze. Das erinnert mich das gegeben, den Kasperl, was war denn das für einer? Wo der Habakuk gekommen ist, mit der Chinö. Der Tintifax. Tintifax. Der Tintifax. Der Tintifax. Schau dir einer zu. Der Tintifax. Da habe ich immer Angst gehabt. Als Kind wirklich, wenn das die Janelle gekommen ist. Und die Kinder haben schon geschrien: Achtung, Kasperl! Achtung, Kasperl! Achtung, Kasperl! Der Tintifax da, der Tintifax! Und der Kasperl: Na, was ist denn leicht? Was ist denn leicht? Was schiebert denn? Erst mal da! Also, es hat keiner gesagt, die Kinder haben das ja nicht gesagt, aber da, schau hinter dir, der Tintifax kommt, der Tintifax, Vorsicht, der Tintifax! Und ich hab echt, ich hab daheim, das war für mich quasi das Äquivalent zu einem Horrorfilm. Waren die Ausgaben mit was, Urania oder wo war denn das? Nein,
Eben Tinky nicht Fax Urania. ist von einem der berühmtesten Puppenspieler Österreichs, leider schon lange, Arminia Rothstein, Habakuk. Genau, ja. Aber wo war das? Das war nicht Urania, das war woanders. Nein, das wurde im OF aufgezeichnet, sogar. Echt? Das war Die das Bühne, das war mit den Habakuk, das Kindern, war- wo die gesessen sind auf der Ja. auf der Bühne. Ich hab mir gedacht, das war für mich die Hölle. Wenn ich dort sitzen müsste und zuschauen, ich war fertig. Also scheiß auf die Kasperlpost, dann schreibe ich nie einen Brief, nichts, sicher nicht. Das war für mich die Panik. Ja. Arminia Rothstein. Fun with Privacy hier, Tintifax in die Kiste. In die Küste ist geschrieben, aber die Kiste, ja genau. genau. In die Kiste. Aber, ja, der Hof, großartig gespielt, Dankeschön. Ja, Christoph Acker sucht schon wieder das Gleichgewicht. Mal schauen. Ja, Herbert Weißbeck, 15 Jahre gesendet für leibende Unterhaltung. Herbert Das Weißbeck. ist sofort ein Schlückchen natürlich. Danke recht narrisch. Jetzt Sehr einmal. zum Wohle. Prost, Prost, Prost. Herbert, danke. Der Habakuk war doch bei Tobi und Tobias, oder? Ist auch von ihm, das ist auch von ihm, die Puppen, ja. Die sind auch von ihm, ja. Aber der Habakuk. Der Habakuk hat irrsinnig viele Sachen gemacht. Also das war unglaublich, was der im ORF, also in Kindersendungen gemacht hat. Tobi und Tobias sind auch von ihm, die Puppen, ja. Kann mich erinnern. Irgendwie ansatzweise. ein bisschen. Sind auch von ihm, ja. Der Rothstein war ein Menschenverachter, sagt der Bernhard Haas Motto. Nee, ich kenne ihn zu wenig, das kann ich nicht sagen. Der Tintifax war ein Ziviler. Franz Bartel. Aber der Christoph Wagner sagt, die Pavlatsch ist wieder Tintifax und sein Kasperl. Jetzt die Frage aller Fragen, wer ist wer? Die Frage aller Fragen, das ist aber auch gut. Aber ich bin auf das gekommen eigentlich, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Na, aber ich kann eins sagen wegen Zahlen. Weil wir haben euch einmal gesagt, dass ein Freund von uns so eine Plattform gegründet hat, nicht, wo man also quasi einen Livestream, also ein Konzert veranstalten kann, wo man zahlt und so weiter. Und dem haben wir da ein bisschen geholfen auch, ein bisschen unterstützt, wir haben ein bisschen Feedback gegeben und haben da quasi so intern, quasi firmenintern sozusagen, so ein Konzert fingiert, nicht, dass man das alles anschaut und so weiter. Und echt eine leibende Geschichte und ich will das wirklich gerne ein bisschen verbreiten. Verbreiten, dass das das ja, ja. Und wir haben das also fixiert. Wir haben jetzt gesagt, wir machen keinen Livestream, einen bezahlten in der Form, weil wir ja gesagt haben, wir Also machen kein Konzert in kein dem Konzert, nein. Weil wir machen jeden Montag die Pavlatschen Genau. und am Ende des Tages wäre jedes Konzert, das wir online machen würden. Nichts Ob- anderes ob- wie Oder eine Pavlatschen. Kopie der Pavlatschen. Wir Wir müssen es dafür zahlen. Und ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Also das ist der aktuelle Stand. Wir schauen aber vielleicht, dass wir mit den Blues-Schrammeln eventuell da ein Konzert zusammenbringen oder irgendwo in diese Richtung. Aber also nur sozusagen die aktuelle. Nur dass es bei den News up-to-date Satz. Also es gibt, wir werden nach wie vor einfach die Pavlatschen machen online und das reicht vielleicht einmal das eine oder andere Konzert dazu, aber auch das wiederum ganz normal ja, auf Schmattes-Basis sozusagen. Klaus, aus den Link eine von dem Freund. Florian, warte, wie heißt denn das? Webstage Music, Webstage. Webstage Music, ja. Schau nach, ja, genau, hast eine. Webstage Music. Punkt irgendwas. .com oder .at. Aber das, ich hau's einmal so eine. So steht es mal drinnen. Webstage Music. Was hast du, was lachst? Christoph Acker, also ich glaube, der Klausi reißt den Kasperl in der Pavlatschen aber ob der Patrick ein Tintifax ist, ja, was weiß man. Was heißt, was weiß man? Ob Das der weiß Patrick ein Tintifax Das ist. weiß man. Das ist ganz klar. Und die Genöre kommt. Dann weißt du schon. Jetzt kommt er gleich von unten kommt er gleich. Dann hört man so, Furchtbar. Da ist er gekommen. Und die Kinder alle schon geschrieben. Kasperl, hinter dir, schau. Ja, was ist denn da? Was ist, da ist nichts. Hinter dir, Kasperl. Alle schon hasrig, alle schon die Kabel da heraushängen. Kasperl. Ja, Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Du, aber Florian, schrei mir an morgen nochmal. Ich schicke dir genau die Daten. Weil absolut leibernd, super Sache,
was auch bei der AKM gedeckt ist und. Also wirklich eine ganz leibende Geschichte. Nur wir haben ihm gesagt, für unseren Teil, wir machen wöchentlich einen Livestream. Es ist eine vollkommene Schnapsidee, wenn wir jetzt einen bezahlten Konzertstream machen. Wir machen das so ist lang jetzt da. Ja. Ja, Uzi, Kapuzi. Super Busch. Betsy 20 Jahre später, der Helm hat mitgespielt, war ein Wahnsinn. Ja, das war im Simple. Im Simple war das, ja. Das war wild. Der Helme schon leicht irgendwas wie ist es gegangen. Augen auf, Ohren auf, heute treibe ich heim. Das war totale Zyniker, der Helme. Der Betsy war sowieso nur mehr Den Helm hat die Claudia Ronefeld, ganz Ja, eine genau. liebe Kollegin, die auch Wienerlieder singt. Genau. Gute, super Spitzenkabarettistin. Die hat Ganz den genau. Helm gesprochen, ja, genau. Die Claudia. Ja, und der Betsy war, glaube ich, einer von den Pizzeria und Jaus. Ich glaube, ja, genau. Ja. Ja, genau. Großartig war das. Aber Jugendverbot. Ist gestanden. Und ich habe mir das damals im Simple angeschaut, da war ich, das war wie heißt denn das? Das war so eine Vorweggeschichte. Das hat fast 3 Stunden dauert. Weißt du, was das quasi Vorpremiere, oder was? Ja, so, was ist Proben, was schauen, welche Schmäh ankommen, welche nicht. Und welche nicht, ja. Also ich habe alle gesehen, auch die nicht ankommen. So Zungenwurst, die muss weg nicht. Zungenwurst, die kann man dann nicht mehr in den Kühlschrank geben. Nein. Nein, das ist nichts, das ist leicht verderblich und so. Ja. Aber das ist, Wahnsinnig gut. man will ja nicht, dass einem schlecht wird. Wer Helmi sagt, muss auch Sokrates sagen. Ja, genau. Das ist ein Wahnsinn. Ja, 11:30, Patrick, wir werden dann nicht zum Schluss kommen, weil Ja, ich mein, das ist der Kühlschrank. Ich habe mich nur gerade geschreckt, aber es geht schon. der macht mehr Wirbel als ein Flugzeug. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Und du, aber 46 Zuschauer können wir nicht einfach so auf den Kopf stoßen. Da müssen wir schon noch was spielen. Aber ihr glaubt ja gar nicht, wie gut das ist. Das frische Brot, es ist ein Wahnsinn. Das tritt jetzt da eh schon ein paar Stunden raus, aber das ist so gut. Der Speck. Die Zungenwurst. Das kann ich morgen büßen. Und wie gesagt, ja, Intervallfasten, das können wir aufzeichnen. Morgen. Weil, nicht wegen. Wegen einem Bauchfleisch am Abend? Oder? Nein, aber dazwischen, erstens müssen wir zum Fleisch schauen, das Fleisch holen. Weil ich bestellt heute. Und wenn wir dort sind, ist halt auch so, dass natürlich, ja, da ist man schon animiert. Wieso hast du Leberkassemmel da schon gegessen? Das, sicher. Ein Schopfbratensemmel da Ja. vielleicht? Furchtbar. Nein! Du bist durchschaut. Aber War das nicht ist das schwer. Beste. Aber das ist das Beste. Schopfbrodensemmel. Gibt es ja dieser Schopfbrodensemmel? Das ist das Beste. Asur-Schopfbraten. Ja, Florian, unbedingt. Meld dich bei mir bitte morgen. Schreib mir auf irgendeine von den Kanälen und wir reden uns so zusammen und ich lege den Kontakt in Direttissima, oder wie sagt man das? Also direkt. Direttissime. Weil, na klar, es hat der Heimfestival, das war perfekt. Das passt super, ja. Und das Genau. wird super funktionieren. Wie gesagt, wir hätten wahnsinnig gern mit aber dem für was uns- gemacht, weil wir gesagt, das ist ein Blödsinn. Ja, mit den Plusschrammeln vielleicht. Plusschrammeln, ja. Da kann es schon sein, dass was entsteht, dass wir noch ein Konzert machen oder in anderen Konstellationen, aber wir haben gesagt, erst mir als 16er Burm, wir können das nicht machen. Wir können das nicht machen. Nicht der Christoph Acker, genau. Alleine machst du 4 Stunden, also müsstest du doch zu zweit mindestens 8 machen. An Arbeitstag halt. Ein Schlauchel, mein Lieber. Der Michael Ammer sagt, er macht sich fertig, ich krieg einen Hunger. Der Schopfbratensemmel, das ist doch das Geilste Ein überhaupt. Brot,
Ja, und ein gutes, frisches Semmel, was richtig schön knackig ist. Und da hast du einen guten Schopfen, weißt du? Anschnitten. Schon ein bisschen Fett da. Also, was du sagst, oh, das lässt sich von selber, das Fleisch. Ne, da liegst du flach. Wir hauen dann Schinken auf. Flurdam, du möchtest, die passt. Jawohl. Jawohl, na unbedingt. Ihr rennt da offene Türen ein bei mir. Kulinarisch bin ich ganz bei euch, ich hoffe. Naja gut, wir sind nicht alle Feinspitzler. Ja. Jawohl. Franz Brandwein gefällt mir. Una bella sobrati. Ja, jawohl. Hab ich auch noch nicht gehört. Ja, herrlich, herrlich. So, das letzte Stück Brot, da spielen wir was. Aber es ist halt. Bernhard Hausmotto, Schopf gehört in einen Kornspitz für mich. Ist sicher auch was Gutes, aber mit Kornspitz ein bisschen Probleme. Weil, wenn die Kerneln. Ich meine, jetzt bin ich ja Dauergast beim Zahnarzt. Einmal gegangen seit 3 Jahren. Der Wahnsinn. Und jetzt geht man 5-mal hin und dann passt es wieder. 3 Kronen, 2 Stifte, und geht schon wieder. Bis Ja. 10. Sprich aus Erfahrung. Ich habe bald nur mehr unter der Brücke geschlafen, damit ich mir das nicht leisten kann. Das noch gemacht vor 2 Jahren, war das noch gegangen. Der Uli ist noch nicht so, ich speichel schon wie ein Hund. Der Pavlov lässt grüßen. Wir könnten eigentlich ansagen, wir könnten uns eigentlich sponsern lassen, wir setzen uns einfach wo hier und essen und nehmen das auf und machen eine Werbung. Ja, Straßenland sagt er, es sagt furchtbar, ich gehe jetzt in den Kühlschrank plündern. Straßenland geht das. Und das war jetzt Vielleicht das. entdeckt uns die Firma Radar zu das Ja, genau, der Mario von uns. Berger Schinken oder so. Das Wir ist super. essen das und essen einfach nur. Genau. Oder gesponsert vom Dauerwinzer. Ne? Und dann natürlich das Schinken, alles muss gesponsert sein. Das war natürlich ein Influencer-Leben, wie es bis dato noch nicht existiert. Das haben sie noch 1 Jahr wahrscheinlich tot, aber Aber war wörtlich. war möglich. Ja. Und größer Fackel in Fulkan Apfelstrudel haben wir gegessen, weil wir eingeladen waren. Ja, der war mir wirklich nicht schlecht. Also, ich habe Gebiete. nicht schlecht in Erinnerung. Okay. Überhaupt nicht. Okay. Der war schön saftig. Geschmack, das was war nicht irgendwie kein Bredel oder so. Also, viel Fülle war, das habe ich überhaupt sehr gern, ne, beim Apfelstrudel. Das ist weit mehr als 10 Jahre her. Da kannst du dich noch nicht mehr erinnern, ob der saftig war. Oh ja, das war nicht. Das war schon. Ma. Der Benahos Motto war, die haben mir Gramm geschmolzen, der Schwarzbrot in der Kugel. Mahlzeit, mein Lieber. So, aber der Michael Naumann hat gesagt, kaum fangst du zum Essen, aber die Zuschauer wieder mehr. Ja, das ist ein Wahnsinn. Aber zum Beispiel so Grammischmalze, das war nie. Braufelfetten eher. Braufelfetten, ja, kann ich was abgewinnen. Aber so Grammischmalze, das hat mich nicht gerissen. Und Grammen auch nicht. Und dann war ich einmal in Wirflach in der Johannesbach-Klamm beim Weihnachtsmarkt. Da kannst du heute nicht mehr hin. Also jetzt war sowieso leider nichts mit Corona, so, aber Stimmt, ja. man kann nichts, es ist wirklich nur an einem Wochenende offen. Da kommen sie halt busweise natürlich mittlerweile. Also Das sind ist sie eh da klar, gekommen. nicht klar. Und da ist diese Johannesbach-Klamm, also das ist natürlich komplett, also da schieben sich die Leute, das ist chancenlos. Da irgendwas war. Ich war ziemlich am Anfang, wie sie da angefangen haben. Und da waren schon viele Leute, aber da waren wir dort, meine Eltern und so. Ne? Und dann war so ein Standel, da zu geben, Gramen. Hasse Gramen. Frisch, also frisch. Halt, aber Hasse Gramen mit einem Schwarzbrot dazu. Und mein Vater hat gesagt, na, da isst man jetzt Gramen. Ich sagte, ja, Jetzt, das ist ja wurscht, bin ich dabei. Ne? Ja. Ist jetzt nicht mehr Live-Speise, wie es mir. Und da haben wir gekriegt, diese frisch, also Hasengramen, ein Salz drüber, ein Schwarzbrot dazu, ein gutes, bist du deppert, das war gut. Ich meine, es war eine Unterlage, die hat gehalten bei mir, aber das war wahnsinnig gut. Das werde ich nie vergessen. Aber sonst, ich habe mir daheim aber nicht mehr so Gramen gemacht oder was. Ich habe das gern, ein, 2 Löffel, also eine super Sache, aber so, dass ich das jetzt essen der könnte. Kind hat das schon ist. Ne? Nein. Ist auch nicht fetter als so ein Speck, ehrlich gesagt. Also. Ja, aber Ja. es ist trotzdem irgendwie anders, weiß nicht. Ja, gut, der Martin hat
Nächstes Mal muss ich mich besser vorbereiten. Jetzt trage ich vom Zucker so das Speckbaum. Ja, die Geschmacksverirrung kommt der Wassertrinkerei, ja. Der Farmwest-Brei, den haben wir da ein bisschen jetzt da mit dem Wasser mal ganz schön durcheinander gebracht. Ja, es ist schlimm, machen wir es, gell? Der Christoph Acker sagt richtig, vor 10 Jahren habt ihr den Strudel gegessen, ich weiß nicht einmal, was ich gestern gehabt habe. Ja, der Patrick weiß sogar nicht, dass er saftig war. Ich weiß es kaum. Ja. Schießt mir richtig. Ich weiß, was ich gestern gehabt habe. Ein Wildschweingulasch. Daheim. Auch nicht schlecht. Ausgezeichnete Qualität. Der Rudi Korbis. Reden wir über Zwetschgenknödeln. Gern. Es dauert noch ein halbes Jahr. Was war das gut? Müssen wir warten, bis die Zwetschgen reif sind. Wow, das war was gut. Da Bratwurfetten habe da ich. kommen vorher noch die Marillenknödel. Marillenknödel, Da kommen vorher das noch. habe ich eh noch lieber. Aus Bayerbach, pass auf. Bratwurfetten aus Bayerbach. Das Grammischmalz ist von unfassbar. Besser als von meiner Oma. Das heißt was. Normal. Ein Hoch auf die Bratwurfetten. Da wären sie Ein in Achtel für die Bratwurfetten, Markus Bristoli gesagt. Das ist echt ein Wahnsinn. Aber Und die werden weiter fast in den Küchen, glaube ich. Weil ja, der schenkt kocht schon viel was ein. Der Sicher kocht schon. Die müssen wir schneller trinken. Ein Wildschweingulasch, wo? Sagt er. Ja, bei Genau. mir daheim. Bei uns gibt es, muss ich ehrlich gestehen, wir haben zu 70 bis 80% Wild. Reh, Hirsch, Hase, Fasan, alles was kreucht und fleucht. Wildschwein, na schon. Gutfisch. Na gut, Fisch vielleicht nicht, aber Ja, ich sag genau. aber alles was in Wald und Flur und Feld kreucht und fleucht, kommt bei uns oft am Tisch. In allen Varianten. Und beim Weber da unten, Ich stelle den wirklich kurz einen noch. Komm ich gleich wieder. beim Weber da unten, kleine Mann, unterhalb vom Marvihof, der macht einen Hirschleberkäse zum Niederknien. Ein Wahnsinn. Ja, mehrmals genossen bei dir. Ein Hirschleberkäse, Wahnsinn. Aber irgendwie ist mir der Wasser drin. Und weißt du, was ich auch nichts gegessen habe? Mufflon-Würst haben. Mufflon, auch sehr zu empfehlen. Der Muffel auch. Ja, ja. Eine feine Geschichte. Ja, hast du Zeltener? Hast du Zeltener heute da? Ja. Ah, Wahnsinn. Wir reden nur vom Essen. Es wird spät, es ist 3:30 und wir reden vom Essen. Und ich hoffe, ich kriege wieder mal eine Rehbeißel. Mal schauen. Aber meine liebe Frau hat ja Beziehungen noch viel bessere als ich zu den Jägern. Sie arbeitet im Lagerhaus. Gib mir gleich zum Lagerhaus. Deinen nächsten Teufel aus. Könnte auch ein Wildschweinherz einmal wieder sein. So ein saures Herz aus einer Wildschwein. Wow, herrlich. Wow, ich fange zum Schwärmen an. So sieht was ein gutes Rahmherz. Das ist ein Traum. Also vom Rindbär, ne? Das Rahmherz, oder? Nein, das hast du ein Wildschwein, also es ist herrlich. Ja. Ein Genuss, sondergleichen. Ja, so ist es. Wunderbar. Muss einen Schluck Wein nehmen. Der Herbert Weißberg meint, aber bitte aus dem guten Obst was Hochprozentiges machen. Das ist die einzig würdige Veredelung vom Obst. Ja, würdig auf jeden Fall. Der Patrick ein Wüderer, aha. Nein, das wieder, nein. Der CE schreibt aktuelle Schonzeit für Goldfisch. Ja. Danke, CE. Aber ein Goldfisch wüdern, das war eine eigene Story. Gehen wir schwarz fischen. Der Klassiker. Beim Nachbarn nicht. Kannst du nur in der Beim Schwarzer. Nachbarn. Das kannst du nur in der Schwarzer. Im Höhental in der Schwarzer kannst du schwarz fischen. Ja, Florian, in der buckligen Welt gibt es viel. Ja. Gibt es überall. Gibt es überall viel. Aber halt, Weil das, was ich gerade erzählt habe, ist alles aus dem Weihviertel. Ne? Ja. Das kriegst du überall. Du musst nur Augen und Ohren offen halten. Am besten, oft liegt das Gute näher, als man denkt. Das Gute liegt so nah. Nicht, wie stimmt. man sagt, das stimmt doch wirklich. Man sieht es oft nicht einmal, weil man es ja nicht weiß. Naja, man gut. weiß es oft auch nicht. sie sind ja oft nicht sehr präsent. Ne? Nein. Muss man leider auch Muss sagen. man auch sagen, ja. Diese sogenannten Direktvermarkter, Ja.
Da gibt es ja sehr geschickte drunter und es gibt schon sehr botscherte. Leider. Absolut, ja. Ich liebe Wildschwein, viel feiner und magerer als das normale Schweindal. Da kommt drauf ab, ein anderes Motto, aber grundsätzlich Wildschwein, also stehe ich auch voll drauf. Wildschwein oder eigene Qualität. Ein Koi süß, aber Na, Sushi Koi. Koi Sushi. Silberfischerl statt ein Goldfischerl. Es eskaliert, Patrick. Es eskaliert bereits wieder, ja. Und ja. Ja, jetzt werden wir schon langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, wir werden schon langsam. Ich Raucht rauche eine eine an. an. Raucht einmal eine an. Fast, dass ich fast ein Backel geraucht habe heute. Also nicht jetzt Da während weiß ich nicht, jetzt weiß der ich nicht. Sendung, aber das schmeckt mir heute, das ist schön. Matti Hartmann-Ecke, bis dahin. Vierte Gott, mich gefreut. Vierte Servus. Dankeschön und süße Tram benannt. Werden wir haben, du auch. Schön, dass du dabei warst. Ah, der Wolfsbiker Tour. Na endlich, jetzt können wir anfangen. Auf die wir gewartet. Seid ihr noch live? Naja, Offenbar, wir haben gesagt, wir fangen erst an, wenn der Wolf da ist. Wir sind schon sehr après, wie man sich. Die Bredljausen nimmt auch bereits Ende. Also Ja. viel ist nicht mehr da. Würdig gespeist, auch, muss ich sagen. Aus der Redaktion heimkommen. Ne? Siehst du, das ist der harte Joch. Aber jetzt bist du da. Das ist das Wichtigste. Wolf, wir gefreuen uns. Und der Franz Brandwein muss meinen Hund da weggehen, aber ich werde noch da sein, bis du wieder kommst. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe jetzt den Käse, Patrick. Ich schneide jetzt den Käse da auf, weil das Schneid Stück ihn kann auf, ich ja. nicht mehr wegrennen. Nein, Das geht ja nicht. Das zahlt sich ja nicht aus, hätte die Oma gesagt. Gell? Isst das noch zusammen. Passt, Anfänger. Wolfsberger und der Gut, dann können wir anfangen. Herzlich willkommen. Ja, grüß euch gut. Küss die Hände, servus, habe die Ehre. Haben wir nicht irgendwelche Lieder gesagt, dass wir unbedingt spielen? Nein, nichts mehr eigentlich jetzt da. Das war Haben wir schon Ui durch. ja, Karl Lorenz. Leider haben sie wenig Geld. Leider haben zu wenig Ja, das Geld. spielen wir schon noch. Die spielen wir noch, ja. Auf Ich jeden mein- Fall. Kann ja nicht sein, dass wir komplett Nein, versagen wir nicht. versagen. Das kann sein. Aber es ist uns wurscht, weil, Alle drei Live haben wir ist schon live. gespielt heute. ja, Das ist, also, da muss ich das Glas auf dich erheben und auf mich, auf uns beide. Alle drei aus dem Hut gespielt, so. Nach 20 Jahren wieder einmal. ja glaub ich. alle drei, das ist ein Na, Welt. so lange ist nicht her. Sag ich es einmal. Ja, ja, 20 Jahre. Alle drei. Ab Welt. Da steht Copyright 1958. Aber wie gesagt, es ist eben, steht eben da unter teilweise Benutzung einer alten Volksweise. Also es ist es ist schon was Uraltes. Aber genial. Und Wolfsbeck und du schreibst schon, a little müsst schon noch, ne, selbstverständlich müssen wir das noch. Ja. Na, jetzt spielen wir wirklich noch Karl Lorenz, sprich 1900 herum. Rudi Korweis, ein veganes Schinkenfleckerl-Rezept. Schande, schämen sollst du dich schämen. Ja, du nimmst Fleckerl, aber es müssen welche sein, wo kein Ei drin ist. Und dann nimmst du dann Sojaschinken. Also das süditalienische Nudelrezept sozusagen. Genau. Die Italiener streiten ja auch immer bei Nudeln, ne, bei Teigwaren, Ja, aber bei Eier, Pasta, ob Eierteig Ei warm reinkommt, können schon was. ob Eier rein oder nicht, das ist immer so die Frage, ja. Also ich lasse den aus. Ich war schon im Ding, Okay. aber ich lasse den aus. Ne? Geh, wie früher beim Schmiedhansel. Luke Schrudi hat 3 Backeln Marlboro gebraucht. Von den 3 Backeln sind 3,5 Backeln verraucht im Aschenbecher. Und von den 10 Chick, die überblieben sind, hat er 3 verschnurrt. An uns. Aber im Übrigen, das ist jetzt der Karl Lorenz. Die Leute haben zu wenig Geld, heißt das Lied. Irgendwo rund um 1900. Genau weiß ich es nicht. 1880, das ist relativ früh. Also Lorenz, relativ früh, ja. ja. 1883 sowas herum, ja. Also vor 1900 in dem Fall. Ist es geschrieben worden? Ich hatte aber absolute, wir haben es aber eh schon mal gespielt da auch. Haben wir in Also der in der Pavlatschen Pavlatschen? gespielt, ja, ja, freilich. Absoluten Bezug zur Gegenwart, definitiv. Ja. Der Uli Slonek verrät nicht mit uralt, ich bin ein 57er. Naja, aber das ist,
Ich habe nicht das Lied Uli, gemeint, das sondern ich habe gemeint die Urformen dieses Liedes. Die Volksweise. Na gut. Ja, hoffentlich habe ich nicht die Kurven gerostet. Gerade noch. Die D-Tanz, Klaus Z. Geht's dir gut? Habe ich die Ehre, mein Lieber. Ja, die machen wir auch noch. Albert Gansche ist auch dabei. Grüße aus Oberbayern. Grüß dich gut. Servus, grüß dich. Na gut. Fangen wir an. Ja, wenn man unser Wehren betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drum am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich gebogen. Ein Buchhändler, ein guten Wein, hat auf keinen Tisch nicht gefällt. Doch schaut mal heut, wie es zugeht dort, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Kriege gemacht, Fabriken zugesperrt über der Nacht, Wo die Weber gewebt haben Seidenschein, steht auf ein Satzhansfolie. von Buchhändeln ist längst keine Spur, jetzt schlägt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles hält, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, a gefreut ist, a gefreut ist, a gefreut ist auf der Welt. Ja, a gefreut ist, a gefreut ist, die Leute haben zu wenig Geld. A einer noch n alten Schlag, wie es einmal war, kommt keiner noch. A Kernfigur mit Stöbenand, hör noch der Schnitt vom Sonntagsgewand. Am Kieferland Zylinder drum, noch links ein bisserl vierig schon. Das Manchester-Eckelt Hosen stört, a Pfeffer hat er nicht gefällt. So war der Wiener Bürgersammer nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. A Gigerl mit einem Dreierhut, die Gestalt die reinste Missgeburt. Ein Stiefel, keine Absätze dran, das Quadl haben's vom Tandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier, in so sind's miteinander stier. Zum Aufbrand jedens Maselfeld, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, a gefreut ist, a gefreut ist, a gefreut ist auf der Welt. Ja, a gefreut ist, a gefreut ist, die Leute haben zu wenig Geld. Jawohl. Karl Lorenz, Jawohl. 1880er Jahre. So. Du, na, jetzt können wir gleich die T-Tanz anspielen. Ah Aber ja, der dann Klaus machen hat wir da schon noch die zuschaut. ganz Was haben wir da? Was haben wir da? Was ist denn? Na, da geht's rund. Da geht's rund. Ein guter Jahrgang. Na schau. Jetzt haben wir noch die T-Tanz rein. Johann Schrammel. Machen wir. Der Klaus. Dabei. Nein, da, Kind eigentlich, dabei, ich brauche mir nicht singen. Eben. Haben wir Das ist da. instrumental. Ja, schau. Sehr zum Wohle.
Öl. Geht over wie Öl, oder? Die Tanz. Geht over wie Öl. Danke für die Achteln. Euch gefällt's, uns hat's auch gefallen. Vorne eine, die Achteln. Ein Hit. Ein Hit. Was haben wir da alles? Muss ich jetzt nachschauen. Ich weiß auch nicht, ich schaue gerade mal nach, ja. Du schaust nachher? Ich lese auch gerade da, ja. Ja. So, nein, ich hab noch Achtel. Ich hab noch Achtel. Also Achtel. Ich hab noch Achtel gesehen. So viel Gefühl, sagt Axel Lübcker, danke vielmals. Das gefällt mir. Welt, danke Christel und Dankeschön. Klaus Z. Danke der Chef. Bitte gern die Schön. Leid für mich mal die Glocken. Du weißt, welcher Mann. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mein Glockerl. Lass zusammen leiten. Und gib der Christel ein Puzzle von mir, wenn du schon dabei bist. Von mir auch bitte, ja. 2. Jawohl. Sehr zum Wohle auf euch alle, gell? Der Scher. Manfred Graf für meinem nächsten Online-Banking morgen oder übermorgen denke ich auch wieder an euch. Für heute sage ich einmal super was, Burschen. Danke und eine gute Nacht. Manfred, Graf. danke dir. 1000 Dank. Das ist leibend. Schlaf gut, für dich gut, bis zum nächsten Mal. Vierte. Große Freude. Dann muss ich ein Stück Käse essen wieder. Soll ich den Wein holen gehen? Oder? Achso, ja. Die kann ich mir auch holen. Die kann ich mir auch holen. Ja, hat nichts zu Das sagen. geht schon. So Holt nicht. holt. Du steigst mir am Fuß rein. Ja, Ich weiß nicht. und du den Fuß da so. Ich mach mir Sorgen. Du bist schon die Stirn aufgeflogen. Ja, aber ich hab mir mit meiner Judo-Rolle hab ich mich angefangen. Das ist nichts. Das letzte Bladel, Zungenwurst. Wir müssen es noch immer untersuchen, weil nämlich, heute hat es ein bisschen gefuscht, da hat es ein bisschen die Plastikhaut mitgeschnitten. Jetzt müssen wir schauen, dass man das immer weg ist. Aber ich glaube, wir haben es gut erwischt, Patrick. Wir haben es gut erwischt. Wir haben es gut erwischt. Könnte irgendein sportliches Lied für den Wolf, nachdem er immer nur arbeiten muss, ein sportliches Lied? Ein sportliches Lied, ja. Nein. Sportliches Lied. Jetzt lernen Weiber Radl fahren. Bei uns da in Wern, der Mann für die Hauswirtschaft. Das ist modern. Sie fährt am Bicycle lustig herum. Und der Mann zu Haus, Zimmer und Küche aus. Und tragt zum Zeit, vertreibt's kleine Kind um. Ein sportliches Lied, ja. Ja, ist auch von vollkommen. Ja. Das reicht an Sport. Ja. COD ist der Hip für dich gut. Schön, dass du dabei warst. Auch Gute der Nacht. 1-0. Gute Nacht euch. Jawohl. Der Fritzl geht auch schlafen. Stellt euch vor. Wird auch Zeit für mich. Danke für den schönen Abend. Eine gute Nacht, Fritz Status. Eine wunderschöne gute Nacht. Für dich gut. Wie mein Ja. Großvater gesagt hat, angenehmes Flohbeißen. Du. Na, wenn der Fritzl geht, müssen wir auch Schluss machen. Müssen wir auch Schluss machen. Ich kann ja nichts mehr essen. Aber trinken können wir noch einen Schluck. Ich habe nichts im Glas. Ich kann nur davon erzählen, wie es war, wie meine Erinnerungen sind. Ich schenke dir noch ein Als ich Schlückchen ein. einstmals was getrunken habe, aber ich habe nichts. Ist gleich wieder Sport? Nein, Christopher. Nein. Obwohl es eine gute Nummer grundsätzlich. Ja. Ja. Tag der Ski, ja. Bitte schön. So. Naja, gut. Unser Winzerdauertester ist auch zu Ende. Jetzt. Zu Ende gegangen, danke herzlichst. Ernstl Strauch, Danke, das war Ernstl. ganz wild. Und jetzt stellt er nochmal Beinhardt das mit Schmattes eine, weil zum Schluss ist ja einer dabei, der sagt zum Beispiel, pass auf, das ist auch, da mache ich jetzt wirklich auch, weißt du, so, wie es früher gehabt hast, diese Mäzenaten. Was sagt das auf? Das was ich hab. Mäzenatentum, ja. Ich vermache alles zum Beispiel. Ich vermache alles, den beiden, also eigentlich in kleinen Bladen in dem Glase, vermache ich das, weil, das ist ja Welt. Ja, sowas, man war leider ganz geil, man sagen wir sie ehrlich, das war super. Sind wir uns ehrlich? Vorausgesetzt, derjenige hätte natürlich auch noch hätte auch noch ein Vermögen, nicht? Weil Schulden. Der Speck ist noch nicht klar, sagt der Christoph Acke, ja, der packt man nicht mehr. Schnagel habe ich auch schon.
Michael mit dem Munikaner. Nein. Wir spielen zum Abschluss wieder eine Eigenkomposition. Wir haben es schon mal angespielt. Jawohl. Da habe ich noch einmal. Da habe ich mein Hefterl. Das spielen wir echt zum Schluss. Das letzte Viertel. Herr Wirt der Vorschlag. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Herr Wirt der Vorschlag. Oder das letzte Viertel. Aber anfangen tut sie mit der Refrain mit Herr Wirt der Vorschlag. Und dann geht es ums letzte Viertel. Er wird der Vorschlag muss heißen. Ich glaube auch, gell? Ja. Theoretisch schon. Herr Wirt ein Vorschlag. Mit dem Lied werden wir uns verabschieden. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Untertitel das letzte Viertel. Ein Untertitel, sehr gescheit, wenn man Das beides drinnen. Das haben wir es aber gelernt. Untertitel im ganzen Text. Ist zu viel. Ist zu viel. Das ist Nein, aber ich glaube, das ist eine gute Schlussnummer. Das ist eine gute Schlussnummer. Besten Dank für den wunderbaren, erinnerungsreichen Abend. Ich gehe jetzt in die Kisten. Gute Nacht, ein erfolgreiches Verdauen. Fun with Privacy, danke schön. Ja, ich wäre jetzt da. Also, wie gesagt, wir bringen jetzt die letzte Nummer. Straßenanzug, das letzte Achterl ist eingeschenkt. Mein letzter Schluck getrunken. Bedanke mich für die leibende Unterhaltung. Wünsche eine schöne Nacht miteinander. Dankeschön. Ja, das passt eh. Wir werden jetzt da. Ich würde jetzt so sein, Leiband war es. Danke für euch für den Abend. Christoph Acker. Dankeschön. Ja, Rudolf Korwis, ja, das Lied ist super. Rudi, danke. ich glaube, das machen wir zum Abschluss. Das machen wir zum Abschluss. Quasi Mitternacht, ein bisschen überschritten. Aber es ist, glaube ich, eine ganz eine gute Zeit. Wir danken euch herzlichst fürs Dabeisein. Nächste Woche wieder aus Wien, also Studio Donaufeld, wie wir das so schön nennen. Also mein Köllerzimmer. Im Kind schon was im Live auch wieder machen. Machen wir sicher wieder mal. Ja, sicher, machen wir auf jeden Fall wieder. Und jetzt aber verabschieden wir uns mit einer Eigenkomposition, die noch nicht ganz draußen ist, aber wir haben es schon ein paar Mal gespielt. Also ein paar Mal, ja. Und noch 2, 3 Mal, glaube ich, das. Oder einmal. Genau, weiß ich es nicht. Mit dem Titel Herr Wirt der Vorschlag, Untertitel, das letzte Viertel, Text und Musik, Klaus P. Steurer. Granatiermille. Danke schön. Dickes Busel, Danke. bitte gut und viel Spaß mit dieser Schlussnummer. Viert euch. Jawohl. Aber Vorspiel eigentlich war nicht so lecker. Ja. Was fange ich an? nicht, Ich ja. mache mal, ich spüre mal einen G-Akkord. Und dann schauen wir, was passiert. Fangst du mit du an, die steigt dann ein. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute sing ich das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben viel gesungen, haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist ein gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken, haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, Leute, wir werden schon langsam jetzt. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute sing ich das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wie ich bei meinem letzten Viertelsitz denk ich an meine blöden Witz, die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Zuerst haben wir Post und gesungen viel, doch gegen End wird's langsam still. Und so hat er jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag, ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat mich gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit.
Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gell? Eure 16er Buben, viert euch gut dabei. Habe die Ehre. Menschen, Menschen, samen voor hadden maar jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der